Ja, bin spät, bla bla bla. Hab mir nur ein Tätschal machen müssen. Was soll ich machen, Alter? So, wird schon funktionieren jetzt. Wir wären mit spät. Timmy hat wahrscheinlich schon einer geschissen. Ja, hat er. Staudi hat auch einer geschissen. Grütze, fix. Ja, mal noch ein lecker Tätschal holen müssen. Was soll ich machen? Grütze, fix. So, wunderbar. Hier, Ton aus. Ich höre mich selber. Zauberhaft. Wo ist mein scheiß Tröte? Vorbereitet gleich 0. Hat einen Grund, verzeih gleich. Ich bin's, Birger, Freitag, 20 Uhr. Gemütlicher. Heute schreiben wir nicht miteinander. War am Montag nur. Was ist denn das da rechts? Was ist denn da beim Chat schon wieder? Warum ist denn da jetzt ein Scrollbalken drin? Was ist denn? Grütze fix! Aktualisieren wir das Ding! So, dann geht's auf einmal. Wir wissen nicht, wie. Ja, okay. Ruhig. Nicht aufregen. Chill. Staudi, merci dir. Bis vor Donau. Aber kein Streamen, ja! Merci dir. Timmy Boy, grüß von dir daheim. Servus, bin auch da. Punkt. Nur einmal ein Leerzeichen zwischen den scheiß Punkt und Grüße. Ein Vogelkrieg. Mich wundert es, das wird als URL erkannt. Da kann ich draufklicken. Ich weiß nicht, wo ich dann hinkomme. Ich mag es aber auch gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist es ein Trap, das du seit 2 Jahren stehst. Kruzifix. Timmy Boy, merci dir. Löwensepp, aber der Birger endlich wieder gemütlich. Einer 117, Gusteldunkel. Lass dir schmecken. So. Ich muss kurz den Moment enjoyen. Weißt du warum? Jahresmerch. Done. Und zwar komplett. Video fertig, aufgeladen. Stories fertig, aufgeladen, getimed. Jahresmerch ist ist kontrolliert, wird. Ich hoffe es zwar immer noch, weil 100%ig drauf verlassen kann ich mich nie, dass er nicht gesperrt wird. Sonntag, 14 Uhr. So, und das Feeling, wenn ich 2 Monate lang, ich habe natürlich nicht 2 Monate lang durchgehend an dem Ding umeinander gewerkt, aber den ganzen Oktober, und jetzt seit Mitte November, jetzt bin ich komplett fertig, fühlt sich schon nicht schlecht an. Wenn man noch, keine Ahnung, das Ding frisst jetzt ja mehr Stunden und grundlegend, Motiv und alles rundherum, frisst so viel Zeit. Schnauze, der boxt halt nicht. So, hier, was ist denn jetzt mal ein Ton aus? Und jetzt? Was ist das jetzt? Timmy Boy, was ist das jetzt? Was? Birger 1, Timmy 0. Scheiße. Tja, sag's es einmal. Sag's mal, wer da in Hosen hat. Frental. So. Fühlt sich schon ganz nett an. Meine Samples liegen da links neben mir. Schauen alle grandios aus. Wunderbar. Pulli schaut geil aus, T-Shirt schaut geil aus. Das Schwarz-Weiß-Motiv dieses Jahr schaut ein bisschen anders aus wie sonst. Sonst haben wir das immer so gemacht, weiße Linien auf schwarzem Hintergrund, also auf einem dunklen Ding. Dieses Jahr hat es einen weißen Hintergrund, weil man sonst nichts erkennt. Nicht. Es ist so viel Scheißdreck drin, wie es noch nie war. Und das wird auf Textil natürlich ein bisschen zusammengestaucht und so, das ist ja klar. Und dann erkennst du gar nichts mehr. Das können wir dieses Jahr nicht so lassen. Ja, können wir nicht so lassen. Mr. Fastdown, mehr als für 18 Monate. Birger auf dem ganzen Stream, Grüße aus Burg Lehmfeld. Herr Bernie, Servus Birger und Squad, Grüße an Haushalt, Mrs. Vaping Hobbit und die anderen Kauten. Merci, 80 Monate. 80 Monate! Merci dir. So, Angel White Angel schreibt, hallo Birger, liebe Grüße aus Thüringen. Wir haben Ossis als Zuschauer, was ist da los? Verstehst du schon, was ich sag? Der Sprengi! Was der Micker wieder? Welche Buchstaben halten sich für was Besseres? ETPTT. Du bist so behindert. Du bist so behindert, das wirklich. Wichtige Frage zum heutigen Tag. Wenn früher die Nasenbohrer am Black Friday an Sonderpreis gehabt? Wir haben immer einen Sonderpreis gehabt. Weiter darf ich den Satz nicht ausführen, weil sonst sind wir gleich wieder fort. Stauri, merci dir, Schluss jetzt damit. Kruzifix. Jetzt warte mal. Hast du nicht gerade... Du hast vor dem Stream hast einen 10er reingeschissen. Jetzt hat sie der gleiche Staudi. Über PayPal. Hashtag busy vor Dono. Auf einen geilen Streamer, ne? Vor 10 Minuten. Da war ich noch nicht da. Und jetzt nimmst du YouTube so. Ich check's nicht. Ja, ist ja wurscht. Der Readyflow, hier in Exil-Ossi, der seit 10 Jahren in Mittelfranken lebt.
Hättest daheim auch bleiben können. So, passt. Wölfchen sagt, du hast einen Ossi als Modchef. Ja, bei dir weiß ich, dass du jetzt Wort Borisch verstehst. Aber der Angel White Angel, er schreit, sie oder er, ich glaube nicht, dass der Typ so nennt, wobei bei den Ossis kann man sich nicht so sicher sein. Ich weiß ja nicht, wie lange das schon dabei ist oder dass er schon dabei ist und die Witze versteht. Ja, was das eben ist. Ist vom Montag irgendwas geclaimed worden? Ja, tatsächlich. Vom Montag? Also Gabe ist auf alle Fälle. Alle Streams sind mittlerweile Gabe. Nennst du Loki und die 7 Zwerge den Film oder hob ich grad so an Rausch, das Ass Delirium Moand, wer bin ich eigentlich? Kennst du einen Lumpi und die 7 Zwerge, den Film? Oder habe ich gerade so einen Rausch, dass Delirium meint, wer bin ich eigentlich? Was? Ich glaube, das ist auch nicht mit einem Rausch zu erklären. Was Teile gefressen oder was? Was? Oliver, merci für deine 9 Euro. Ich weiß, was? Merci. Schnutschi, merci für 32 Monate. Idee für den Oktober 26, ein Pulsmesser. Das haben wir ja noch gar nicht gehört. Das hier ist jetzt 2019, es gibt kein Pulsmesser. Aus! Der Lumpi ist vom Werner, weiß ich nicht mehr. Vom Dispatch-Stream meint der Bernie. Alle haben Gabe. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Streams sind Gabe. Der RV Dariat Stream ist grün, der zweite. Und der Quack Quack, Motherfucker, da steht sogar Motherfucker im Titel drin. Anscheinend ist die KI noch dumm genug. Der ist auch grün. Alle anderen sind Gabe mittlerweile. Ich glaube, dass mittlerweile die Spracherkennung ist mittlerweile KI unterstützt natürlich und die ist mittlerweile so gut, dass die borische Schimpfwörter auslesen kann. Und wenn man mal F-Wörter oder sonst irgendwas aus dem Maul plumpsen, dann ist es jetzt auch nicht auf Borisch so schwierig zum Verstehen. Und da klang dann in einem 2-3 Stunden Stream, klangen ortsweisige Wörter, nicht mehr familienfreundlich, Stream gelb, wird nicht mehr alle ausgeliefert, kannst du eigentlich gleich wieder bleiben lassen als Video in neu. Nee, egal. Drauf geschissen! Und er ist wieder gelb. Hauptsache das Video ist grün. Das wird man momentan, wird man das noch gesagt, das ist grün. Schauen wir mal, was passiert, wenn es veröffentlicht wird. Da kommen nämlich auch ab und zu ein paar W-Wörter, F-Wörter und so weiter vor. Das Video ist übrigens gepflegte 17 Minuten lang, das am Sonntag kommt. Jawohl, es ist so viel Scheißdreck drin, das Ganze aus. Es ist noch lange nicht alles, was um ist. Ja, wir werden sehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Da steckt wirklich, das sage ich jedes Jahr, es steckt wieder noch mehr Zeit drin als in dem letzten Jahr. Ich glaube, dass wir uns von 2019 von 20 Stunden pro Arbeiten auf 150 Stunden pro Arbeiten aufgewurstelt haben. Und jetzt ist endgültig die Fahnenstange meines Könnens erreicht. Wenn ich zwischen die Jahresmerch und dem Jahr nicht irgendwie zeichnen übe oder sonst irgendwas, dann kriege ich nichts Besseres mehr hin. Mehr ist nicht möglich. Mehr ist nicht möglich, außer halt noch mehr auf dem gleichen Level. Aber dann kannst du es nirgendwo mehr draufdrucken, weil du nichts mehr kennst. Es wird schon schwach nur bei Tassen zum Beispiel, ja, da wird das Motiv halt so klar dann da draufdruckt. Du erkennst das schon, wenn du weißt, was es ist. Aber wenn es irgendjemandem sagst, ja, das ist ein bunter Batzen, nice. Jetzt erwarten wir uns, dass da aber ein paar F-Wörter drin sind, authentisch. Ich weiß, dass ich meine F-Wörter unterdrücke oder was. Wenn wir mit dem anfangen, dann können wir es gleich bleiben lassen. So, was wir heute lernen. Nicht ein Teufel. So, heute ist er ruhiger. Warum ist denn da jetzt auf einmal Disco drauf? Halt ab damit. Wir spielen heute auch noch 117 weiter. Habe in den letzten 2 Wochen irgendwie an dem Spielstand weitergespielt. Nö! Warum hat er an dem Spielstand nicht weitergespielt? Weil er in der ersten Woche den ganzen Tag an seinem eigenen Spiel gebaut hat und in der zweiten Woche ein Jahresmerch fertig gemacht hat und jetzt sitzen wir da. Jetzt bin ich zwar seit gestern, ich war gestern bis um 4 in der Früh wach und hab die ganze Scheiße fertig gemacht. Ich krieg einen Vogel. Leerzeichen DOS Leerzeichen IS Leerzeichen DEN Leerzeichen LOS Leerzeichen MIT Leerzeichen DIR. Grüße aus dem LKW. Komme leider erst morgen früh zu Hause. Und das ist der Arschloch. Das ist der Arschloch. Rias dei Chef. Geh frei mi Show auf de gemiatliche Runde anno. So geh heut dein Merch gleich moi her du Dübi. Nein, aber sonst am Sonntag das Video wieder nicht anschaut. Na, also dem habe ich ihn schon hergezeigt, hättest du da sein müssen. Haben wir uns doch nicht alle Streams angeschaut, Herr Fridolin. Ich hab ihn schon hergezeigt, ich weiß bloß nicht mehr wann. Ja, schon kurz mal hineingesneakt, da will man beim Reset vom Depth-Counter.
Habe ich kurz einmal hier Vollbild und habe es gleich wieder zugemacht. Ein paar Leute haben ihn schon gesehen. Fridolin, merci dir. Sonntag, Ruhetag, merci dir. Herr Gerwin, schöne Grüße an den LKW. Komme leider erst morgen früh nach Hause. Wo bist du denn? Das heißt, du hast wieder vergessen zu meine schreiben. Zampal, merci dir. Beim Jubiläumsmensch machst du eine ganz simple 10 drauf. Dann brauchst du bloß 10 Sekunden. So richtig. Das war eigentlich ein richtig lustiger Spaß. Ja. Ich verzeihe euch 2 Monate lang, wie dermaßen für 1000 Stunden, dass ich reingeschissen habe. Dann dauert das Video 30 Sekunden. Fertig. Schauen wir mal, wie oft dass man die Scheiße verkaufen kann. Das finde ich eigentlich sogar richtig lustige Idee. Das finde ich eigentlich eine richtig schöne Idee. Machen wir römisch X, einfach ein X, so ganz kreislich so. X markiert die Stelle. Starten wir das Spiel. Spielen wir gemütlich rein, schauen wir, wo wir stehen bleiben sein, was überhaupt los ist. Gesichtsman! Was Ja, hat was eine jetzt wieder? 65-Jährige zwischen ihren BR Brüsten! was A18-Jährige nett hat? Mit 2 Meter Gap, keine Ahnung. Mein Zipfel, dein Zipfel, unser beider Zipfel von wo wir wohnen. Gesichtsgeräusch, das muss uns nicht aufklären auch noch. Mehr seht ihr. Muss schon ein isometrisches X sein, ja, dann seid ihr so leicht geneigt. Das ist gerade fertig. Faltenwatz einfach. Gesichtsgerätschen. Ihren Bauch noch. Ja, das ist absolut richtig. Gesichtsgerätschen, merci dir. Mr. C52K91. Was trieb dich zu diesem Namen? Merci für 20 Monate. Der immer wieder, seit langer Zeit wieder mal live dabei. Sonst eine Nachschau-Squad. Eine. Ich arbeite dran. Leute, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Schluss. Spart euch eine verdammten Donations. Ausschluss. Pfui, Sonntag ist Shop-Zerstörung angesagt. So schaut's aus. Erst mir 18 GB Update runterladen. Nein, ich habe extra mal über 8 das Spiel aufgemacht. Und es war ein Update zum Abladen, aber kein so groß. So. Wir schauen überhaupt aus da. Wie Sie sehen, sehen Sie schon wieder nichts. Warum nicht? So, hier sind wir. Alert Sounds aus. Shader schon kompiliert? Die haben schon kompiliert. Ich habe extra gestartet, wir haben der Julius. Schaut gut aus. Wir haben der Sophokles Bubatsus. Drücken wir auf Fortsetzen, schauen wir, wo wir sind. Sorry, mein Fehler, Ihre Falte. Stimmt. Eigentlich stimmt. Bei einer 65-Jährigen ist es auch schwierig zu unterscheiden, ob das der Bauchnabel oder was anderes ist. So. In beides kann man eine Lione einwuchten, ohne viel Widerstand. So. Reise nach Latium. Segel setzen. Hier sind wir also nun. Erst einmal Pause drückt. Wo haben wir einen Stiebel? Was ist das da? Quest-Ziel. Was ist da los? Schaden wird repariert. Stimmt, beim letzten Mal hat es noch kurz ein bisschen umeinander brennt, gell? Da herum haben wir so unsere Produktionsstätten. Hier können wir da auf erweitern. Was war denn da das letzte, was wir gebaut haben? Das zeigt, okay? Da Watts. Haben wir Watts, da haben wir Mühl. Dann haben wir da einen Beck. Was haben wir da? Ein Lagerhäusl wahrscheinlich. Das Interessante, letztes Mal so was hat er geschrieben? Bürger, I love you, aber du hast von Anno echt keine Ahnung. Wenn ich da gesessen habe, überlegt, Alter, das Spiel ist ein Tag alt. Glaubst du? Hey, wieso schnappt der Stream wegen... Werbung an, C-Fix? Ich weiß nicht, was der Versatz ist, Mr. 12 himself. Aber wahrscheinlich geht es darum, dass vor dem Streamer Werbung läuft. Das ist schon immer so. Das ist einfach schon immer so. Birger, wann spielst du mal Voices of the Void? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Kompis schon schadiliert. Naja, mit der Richtung soll es zum Unterscheiden gehen. Beide Stehen sehen die gleiche Richtung aus. Fridolin. Was für Ahnungsloser sag oft sowas. Leute, wir müssen uns wieder ein bisschen besser zusammenreißen im Chat, weil ganze Sätze ja echt nicht so schwer zum Formulieren eigentlich. So, wo haben wir einen Stäblim? So, wir haben Plebs. Plebs, oder? Ja, genau, Plebe, yeah. Dann haben wir, was war denn das letzte, was wir da haben? Brot! Okay, Brot haben wir. Das, glaube ich, ist damit schon abgedeckt. Lassen wir mal das Spiel gemütlich laufen. Halt, stopp. Was ist denn der Shortcut für mehr Speed? Was ist immer noch ein Shortcut für mehr Speed? Ich weiß nicht auswendig. Ist mir aber auch scheißegal. So,
Schauen wir doch mal ins Lager hinein. Alles stagniert so ein bisschen, dann machen wir mal ein bisschen mehr Speed, damit wir mal schauen können, ob sich das da wieder anpasst. Herr Kabelbauer! Wie geht's denn Schmidbauer Manni? Well, liegt im Träger und Blut aus, seit 2 Jahren ungefähr. Merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonnerei. Numpad Plus! Ah, tatsächlich, schon hin. Kriegen wir schon. Diana hat einen Handel in Busentus voll Bier abgeschlossen. Das war unsere Hauptinsel da herum, oder? Ja, denke schon. Unsere zweite Insel, die haben wir da herum, die haben wir autark gebaut, das weiß ich noch. Wo ist unser Schifferl? Das da hin und her tüdelt. Was du denn benötigen? Ist das auch unser Schifferl? Nein, ist Deine nicht. Sorgen mit der nächsten Flut Genau, davongetragen werden. Makrelen und Salz holen wir mit, oder? Wenn ich mich richtig erinnert. Die Frage ist, wo wir jetzt da am Schlauern weitergehen. Wir brauchen anscheinend das hier. Makrelenhütte, Salzgärten. Beides haben wir hier nicht. Stimmt. Diese Garum-Sauciers. Haben wir mir die schon gebaut? Das ist aber so ein bisschen ein Problem. Ziegelei. Wo haben wir das hingebaut? Wo haben wir die Dinger hingebaut? Sagt man nicht irgendwo, wie viel das man schon davon hat? Parasit, halt tritt Squadführer! Merci wieder in die 24. Jetzt setze ich auf, um mal mit umeinander zum tun. Na, erstens, Freitag. Meine Belustigung nicht eine. Zweitens, Sonntag. Jahresmerch. Für die 25 Jahre hättest du ein T-Shirt gekriegt. Fast. Hesse, merci für 7 Monate. Derry Birger und Chat, vielen Dank für die gute Unterhaltung. Mo, ich hab noch nicht recht viel da. Und ich bin heute auch ein wenig animiert. Gehört auch dazu. So, brennt's da oder was wird da angezeigt? So, wo haben wir stehen geblieben? Jetzt schauen wir mal unsere Bestände hier an. Wir haben Makrelen, wir haben Salz. Das liefert man da herunten ab. Ich weiß nicht, wie viel so Garum-Sauciers, dass wir mir schon gebaut haben oder ob wir es überhaupt schon gebaut haben. Schauen wir mal. Anscheinend haben wir es schon gebaut. Die Frage ist, wo haben wir jetzt die Scheiße letztes Mal hingebaut? Was weiß ich denn? Das ist der Seppelhut-Depp. Sagt man das nicht irgendwie irgendwo? Zweite Insel? Haben wir das direkt auf der zweiten Insel produzieren lassen? Das glaube ich nicht. Da müssen wir uns unsere Schiffsroute hier mal schnell anschauen. Hier, Schiffsroute. Wo ist das gleich wieder gegangen? Da, glaube ich. Oder? Na. Haben wir schon soweit? Kenne ich mich schon wieder, kann stecken nicht aus, weil wir 2 Wochen nicht gespielt haben. Grüezi fix. Machen wir mal so. Kann man anhalten, aktive Effekte, Handelsroute anzeigen. Ja, bitteschön. Ah, tatsächlich. Die Garum-Scheiße, die wird direkt auf der Insel produziert. Ah, ich glaube, wenn wir da Plebs braucht haben, oder? Herr Mittag, Kruzifix Birger, um auf die Frage aufmerksam zu machen, was im Spiel war, Flaschen Gänserdorfen, falls du kennst, ist ein Absinth. Das haut da die Wadel wirklich viere. Ich war am Rieder Feuerwehr Festel. Was? Was? Läuft das Sperr ein bisschen schnell? Ja, das ist auf Stufe 3. Lass uns mal auf Stufe 1, bis wir uns wieder auskennen. Herr Mitter, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen, aber... Merci. Aufhören jetzt mit dem Suff irgendwelche Sachen zum Donaten. Ganze Sätze, Satzzeichen, Punkte, Kommas und so ein Scheiß. Wobei Kommas verlangen noch nicht einmal, das ist gar nicht so tragisch, aber Punkte. Weißt also nicht ein langer Satz, sondern halt wirklich ein Satz, so, das so überlegen so, das mag ich ja mit sagen. Dann formuliere ich einen Satz, Punkt, und lese den Nummer und dann schickt man. Das war jetzt mal forscht. Ich meine, mir ist ja wurscht, was du das dann tust. Aber ich weiß nicht, was man sagen sollst. Wolltest. Satzzeichen, Punkte, Komma und Leerzeichen. Hermann, wie taugt dir das Spiel? Ich darf gerne mal deine Meinung dazu hören. Bis jetzt habe ich noch nicht recht viel gesehen. Wir haben letztes Mal da 4 Stunden eingespielt, da haben wir nicht recht weit gekommen. Im Streampreis sowieso immer 8-mal länger. Nein, bis jetzt ist es auch noch. Also es hackt mich nicht volle Kanone vom Sessel, aber es ist keine Revolution, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe mich vorher im Discord ein bisschen mit dem Blackhawk unterhalten. Der hat schon 26 Stunden eingebucht oder so, oder 40 Stunden, ich weiß nicht. Auf alle Fälle einiges. Der hat schon ein Kolosseum und ist schon bei der letzten Bevölkerungsstufen und so weiter und so fort. Und sagt, ja, jetzt wird es ein bisschen mau. Und das nimmt mir so ein bisschen die Motivation. Muss ich jetzt einfach mal gnadenlos ehrlich sagen. Weil ich das Ziel im Prinzip eigentlich schon kenne. Es gibt nur 2 weitere Bevölkerungsstufen und dann war's es.
Oh, der Blackhawk ist da, 46 Stunden oder eingebucht, soll ich sagen. Ja, Mann! Deswegen, es ist auch noch. Wenn du Bock auf Anno hast, kannst du speien. Aber nach 40, 50 Stunden ist die Luft raus. Und das ist normal viel. Das ist normal viel. Für Ubisoft-Spiel ist das sogar ultimativ. Aber für Anno ist 40, 50 Stunden nicht viel. Wenn du dann damit durch bist. Und dann eigentlich nur noch mehr von allem produzierst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Darum empfehle ich, wer Bock auf Anno hat und wo 60 € oder 70 € nicht so dermaßen weh deren, hau rein, machst nichts verkehrt wahrscheinlich. Für alle, die vielleicht noch kein Anno nicht gespielt haben und überlegen, kauft ihr lieber Anno 1800 samt alle DLCs, die es dazu gibt. Hat einen Umfang, der ist 100 Mal so groß. Wirst du unter 100 Stunden, unter 150 Stunden, wirst du nicht fertig. So! Weiter geht's. Wachsen die, nicht von allein, du. So, jetzt passen wir auf. Jetzt machen wir mal diesen hier, dies haben wir. Ein Heiligtum. Das glaube ich haben wir letzte Woche auch noch gebaut. Auch noch gebaut. So, das ist unser Heiligtum. Was kann das Heiligtum eigentlich? Öffentlicher Dienst. Das gibt uns Glaube für... Lass mich kurz überlegen. Das war da irgendwann, das waren Landtruppen. Ornamente. Irgendwo haben wir sowas wie Glauben. Das ist Questbuch, Benachrichtigungen. Forschung geht da hin. Genau. Und der Religion. Und da werden dann immer so weitere Dinge gefragt. Ja, weiß ich schon, erinnert ihr mich schon wieder? Passt schon. Und was haben wir da? Ein Grammatikus haben wir auch schon, den haben wir da stehen. Gibt plus Forschung, sehr schön. So, dann wird man Sandalen bauen. Fucking! Und schon wieder Salzgärten. Kruzifix. Müssen wir jetzt halt fucking auch noch von der anderen Insel oben runterbredeln, oder was? Wir haben 30 Sekunden, das heißt... Eine Fackelfarm und eine Salzfarm bespaßen, eine Lederei. Da brauchen wir 2. Machen wir das bei uns da herunten oder machen wir das bei den Plebs um? Dann ein Haufen Bauern haben da noch keine Arbeit nicht, das ist nichts. Das Problem ist, dass wir ein Salz mitnehmen müssen. Das Salz da herum darf eigentlich immer voll sein. Ja, da haben wir. Wir müssen ein Salz da runterkutschieren. Da herum haben wir wirklich auf Perfection getrimmt. Da ist dann 3 Arbeiter frei. Mehr geht nicht oder weniger geht nicht. Das heißt, wir müssen unsere Handelsroute da herum anpassen. Wir kommen schneller in unsere Handelsrouten rein. Wieso? Wahrscheinlich gar nicht. Na gut, dann nehmen wir mal. Jetzt passen wir Obacht. Hier entladen. Wie kann man das löschen? Entfernen. Das heißt, Quadruple A Ubi Schrott 2. Da lassen wir auch noch Salz ein. Diese Ware wird nie entladen. Wieso wird die Ware nie entladen? Achso, wenn bis da unten erst reinstehen muss. Kann man automatisch übernehmen, aber nein. Wir nehmen das Salz mit da oben. Das sage ich dir, wie es ist. Das wird so dermaßen schnell da oben produziert, dass alle 2 Sekunden... Möchtest du die in den Speicherwater gehst? Ja, sicher. Jetzt pass auf, das da produziert alles das Salz, gell? Haben wir mir das genau austariert, dass das da 1:1 versorgt wird. Lass mich schauen. Was ist das da? Das ist der Garum Saucier. Der braucht wie lange? Minuten 30. Minuten 30. Sie brauchen Minuten. Aber wir haben so viel Salz, das macht in 30 Sekunden, eigentlich was genau austariert geht, dass kein Salz übrig bleibt. Sehe ich das? Links am Rand, das zweite Symbol von unten haben die Handelsrouten. Dankeschön. Was der Herr ja zu dann, wenn ich weiß, der andere hat schon 50 Stunden im Spiel versenkt. Was das eben ist. Ja, recht viel können wir da dann eigentlich nicht tun. Das heißt, das müssen wir jetzt einmal beobachten, wenn das Schiffel Neptuns Schiff ist bereit. gerade unterwegs ist, ob wir mir da genügend Salz von oben mitnehmen. Ansonsten bauen wir halt nur 2 Salzdinger hin und fertig. Was ist denn da wieder? Wird wieder aufgebaut. Warum hatten die jetzt da kaputt gegangen? Hat es doch nicht brennt, oder? Naja, wird schon gehen. Transportfieber Hafen, ne? Jetzt bei so. Gehen wir da her, bauen wir ein paar Fackeln. 30 Sekunden und eine Lederei, beziehungsweise eine Gerberei. Ja, die passen doch da wunderbar rein, oder nicht? Ein paar Fackel. Wobei der mit Fackel, dann haben wir da noch Platz.
Eigentlich mehr die da nur Bäckereien und so weiter hinzimmern. Wir müssen mal da weiter hinter expandieren. Sag ich dir, wie es ist, expandieren wir da weiter hinter. Dann machen wir jetzt einfach mal ein Grad Schnell hinter. Einfach, weil wir es kennen. Wie viel Geld haben wir? 30.000, das langt überall hin. Dann haben wir, was ist denn das da? Hafengebäude, was haben wir da? Depot. Ein Depot. Was kostet so ein Depot? Da haben wir grässene Läger, gell? 10 Holz. Ja, das machen wir später irgendwann. Braucht kein Mensch. So, dann zimmert man da mal ein Lagerhäusl her. Zwischen die Kühlerei hinein. Wunderbar. Und zimmert man das Ding da hinten. Und die Scheiße zimmert man da so her. Schönheitspreis gewinnt's keinen. Aber ich glaube, dass es mir wurscht ist. Oh, aber eine Straße müssen wir doch noch verbinden, gell? Dann hilft's nicht. Dann müssen wir da eine rundherum setzen. Wird schon passen. So, da haben wir die Fackel her. Gib Fackel! Fackele! Das hat da wunderschönen Platz. Warum ist da -2 auf Herz? Verstehe ich nicht. Das hat da aber wunderschönen Platz. Dann können wir nämlich diese Flussdinger da auch noch benutzen und zu einer Straße hinterziehen. Das heißt, wir brauchen einen Schweinehof 1. Wieso kann ich jetzt keinen zweiten Schweinehof bauen? Hallo? Ach, weil er zuerst möchte, dass wir... Schauen wir uns erst mal das an. Was müssen wir da für Gehege bauen? Eins, 2, 3, 4, 5. Muss? Was mich da jetzt interessieren würde, jetzt mal so wacht. Wenn ich das jetzt so nimm und da ohne Zwick, kann man das kompakter machen? Ist dann der Einzugsbereich, beeinflusst das Ding irgendwie nicht, gell? Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das nicht so. Dann nehmen wir mal das da und das da weg. Und da springt der man kann bloß in dem Einzugsbereich dann was bauen. Versuch's, mir kommt dann zurück. Was? Herr Hesse! Hören wir mir jetzt nicht auf mit 20er rumzuschmeißen. Grüezi fix nochmal. Leid, Dankeschön. Finde die 117 super, freue mich, dass du es streamst. Entschuldige das Hochdeutsch, nur wenn ich mit hessischem Dialekt schreibe, kann mich keiner verstehen. Try it. Aber ist der hessische Dialekt, ist eigentlich der hessische Dialekt oder in Hessen spricht man da nicht normalerweise das klarste und deutlichste Deutsch im ganzen Land? So absolut quasi dialektfrei. Ich habe mir eine Zeit lang, Woody hat er geheißen, mit dem, das ist schon 10 Jahre her, mit dem habe ich eine Zeit gesagt, das war ein Hesse und der hat dermaßen klares, nach der Schrift Deutsch gesprochen, dass ich mir gedacht habe, da findest du keinen Angriffspunkt. Das ist dermaßen nach der Schrift geschmerzt, dass ganz aus ist. Das kann da total was da aus. So, jetzt zimmern wir jetzt das Ding da hin, wenn mein innerer Monk kriegt einen Vogel. So, da werden wir uns jetzt gleich mal ein schönes Layout ausdenken, weil das kann es ja nicht sein. So, jetzt passen wir auf. Tu mal, das muss ja irgendwie effizienter gehen, das gibt's ja nicht. Lass mich einmal schauen. Kann man das machen wir. Probieren wir einfach einmal schräg. Probieren wir, was sie mit schräg machen lässt. Ich weiß. Hoppala. Mach einfach einmal schräg. Und dann haben wir diese Dinger da. Das ist ein bisschen behindert, dass das dann sich nur in der Schräge dreht. Ist das immer so? Kann man das dann nicht mehr gerade machen, wenn man alles nimmt? Was ist denn das wieder für eine dumme Scheiße? Bitte. Was haben wir uns da... Ich wollte das Fucking nicht abreißen. Aber ich glaube, dass es da nicht recht viele Optionen gibt. Habe ich das Gefühl, wie man das einigermaßen effizient baut da. Machen wir mal hier, wie viel brauchen wir? 5. 1, 2, 3, 4. Haben sie sich schon so, das haben sie sich schon so ausdenkt. Was war das Shortcut auf G, gell? So, hier. Ich brauche ein Feld So. zum Ackern. Ich brauche ein Feld zum Ackern. Das soll es haben, so, schöner krieg ich es nicht hin. Das muss gelangen, legt's mir am Arsch, wird schon passen. So, was wir dann auch noch brauchen, jetzt pass auf. Hier, wie war das? 30 Sekunden und das Ding braucht 1 Minuten. Das heißt, wir brauchen eigentlich bloß eine Fucking Form. Merke ich gerade. Tschüss dann.
Und eine Fackelfarm bedient zweimal eine Gerberei. Merkst du das? Merkst du das selber oder muss ich da sagen? Zwickt man jetzt da hin und da hin. Schön da rein und dann schaut doch das vernünftig aus. Möchtest mehr im Leben drin. So, was machen die? Die macht eine Lederei. So, und wie lange dauert der Schuh? Der dauert 2 Minuten. Das Ding dauert 1 Minute. Das heißt, einen Schuhmacher müssen wir auch noch da herzimmern irgendwo. Die Frage ist, wo man hinzimmern. Immer alles beieinander. Ist mir wurscht. Muss keinen Schönheitspreis nicht gewinnen. Ist mir scheißegal. Kann man das eigentlich schon ausbauen da? Mal schauen. Oh ja, tatsächlich schon, ja. Oh! Kosten das? Gehen wir überall mal, das hat er noch nie geschaut, oder? 25 Holzlatten! Was ist mit unseren Holzlatten? Hallo, machen wir ein bisschen Holzplatten jetzt! Da von hinten ist jetzt übrigens auch da. Herr Hesse, übrigens, merci dir. Merci an alle. Timmy Boy, die Leerzeichen sind der Ausgleich für das Fehlen, die Leerzeichen in der ersten Donau des Tages. Für die letzten 4 Jahre. Timmy Boy, merci dir. Schluss jetzt. Wohnt in der Schuhmacherei einer namens Ralf. Warte, ich geh nachschauen. Wo ist... Einige Dinge fehlen uns. Einige Dinge fehlen uns. Ja, aber der Bums da schon wieder ewig da, oder ewig und 3 Tage da. Wie schaut denn unser Salzvorrat aus? Ja, Salz ist pumpenvoll. Was macht unser Schiff? Wie viel Salz nimmt das so mit? Ja, schau her, Salz ist reichlich vorhanden. Das schaut doch gut aus. Den Kontor haben wir schon ausgebaut, wenn mich nicht alles täuschen tut. Dann haben wir da noch ein Lagerhaus. Wieso kann ich das nicht ausbauen? Ich brauche mehr Holz, Leute. Speckmaster! Mir ist wieder ein Zwickel. Oh, Bier, gell? Mein Prätor, hier Streaming-Steuer. Das Volk hungert. Seier. Speckmaster, mir ist wieder. Tja, spare ich mir schon den Kommentar, da offenbar alle anderen auch die gleiche Idee hatten. Was denn? Hey, Birger, muss man da nicht einen Platz lassen für Upgrade zwischen den Gebäuden? Wie meinst? Also, wenn man Produktionsgebäude upgraden kann und die größer werden, das war neu. Das hat es noch nie gegeben. Das bleibt alles, wie es ist. Aber das Lagerhaus und so weiter, das bleibt von der Fläche her, bleibt ja das gleich groß. Das kann man auch dann noch Stufen ausbauen und dann noch Stufen ausbauen wahrscheinlich. Und die Größe bleibt aber gleich. So, können wir noch mehr Lagerhaus ausbauen? Wo geht's denn? Wo wollt's denn schön? Wollt's da irgendwo schön? Schauen wir mal da. Da ist nichts in Auslastung. Da ist beides in Auslastung. Eine damit. Wird schon. Prätor oder Prätor? Ich bin für Bratan. Also gut, willst du wissen, was deine Römiletten wert sind? Scheiß Römiletten. So, Schuhmacher, wie schauen wir jetzt aus da? Warte mal, wie ist es gegangen? Steuerung Shift G. Wie hat man gleich wieder eine Zoom? Ja? Ah. Warte mal. Hallo! Entschuldigung! Ich wollte mal fragen, heißt du Ralf? Noch 20 Jahre. Ja, für dieses Und jetzt nicht so das, wenn gemacht. ich Glück habe. Warte mal. Hab ich jetzt den Karren? Das habe ich nicht gewusst, dass das geht. So, ich fahr jetzt mit deinen Schuhen ganz woanders hin. Ja, und da bin ich jetzt gespannt, wenn ich rausgehe, ob der scheiß Korn dann da umeinander fährt. Warte, schau mal, was Pferdl denn. Hallo Pferdi! Pferdi! Da kann man einfach durchgehen. Warte mal, Steuerung Shift R. Escape. Warte, nein, der löst sich dann auf. Das war natürlich schon cool, wenn man da selber umeinander fahren kann. Warum nicht? So, wo sind wir jetzt? Das hat sich wieder alles gedreht, dass ich mich nicht mehr auskenne. So, da sind wir. So, haben jetzt diese scheiß Plebs einmal Schuhe? Man kann die Debatten im Grammaticus von weitem hören. Schuhe sind da. Was brauchen sie jetzt noch? Seife. Seife hört sich gut an. Also ich erkläre es jetzt nicht mehr ganz so im Detail, wie wir das vor 2 Wochen gemacht haben. Ich gehe davon aus, jeder weiß grob, wie das Spielprinzip funktioniert, mit Lager und Bedürfnis und so weiter und so fort. Die ersten 2 Bedürfnisketten sind erfüllt. Kann man das bei einer irgendwie nachschauen automatisch? Nö, was ist da? Vor meinem Antlitz. Ach, da kann man Einwohner ausbauen, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Und dann geht's weiter. Seife. Oh, da brauchen wir wieder Fackeln, die müssen da Sülze draus machen. Dann brauchen wir Kohle. Was haben wir da? Lavandula. Lavandula-Hof. Kann man den einfach da so herzimmern, oder was? Ja, das ist aber ein großer Hof. Und den wir gleich da hinten weiter. Das sage ich dir, wie es ist. Was war da? Die haben wir schon mal ein bisschen weiter mal da so ein Lagerhäusl herzimmern, weil warum nicht?
Und dann habe ich das Gefühl, brauchen wir da noch mehr eine Facki-Farm. Facki-Farm. Die nehmen wir da her. Dann tun wir da noch ein paar Schweine machen. Wie lange dauern die Sachen? 30 Sekunden das heißt ein Schweindelgesicht verarbeitet zweimal Sülze. Das heißt, da haben wir noch mehr Schweindel her. Ein wenig Schweinde. Was waren jetzt das wieder? Ne? Springt mir innerer Monk im Kreis. Dann machen wir einen Sülzenmann. Sülzenmann. Na, warte mal, das machen wir auch da her. Den machen wir da her. Da machen wir mal so einen Zwischenweg alleine. Damit das noch was ausschaut. Lavandula nicht in die Bäume. No, was? Wolfric! Willst du wissen, was dein Karren wert ist? Das war Ubisoft. Wir haben ein bisschen Ideen für eine geschissene Spiele, für Easter Eggs als ihr selber, ihr Trottel. Merci. Leute, merci. Schluss jetzt mit der Rundunetterei. Kruzifix auf zu essen, noch sagen. So, Lavendula-Hof. Wo haben wir einen Lavendula-Hof? Der ist ziemlich groß. Schau dir den Buffet an. Weiß jetzt nicht. Platzieren wir ihn einfach mal da her. Schauen wir, was wir überhaupt bauen müssen. Was haben wir denn da? Wieder ein riesen Drumfeld. Das heißt, wir machen mal so. Hier, Lavendula. Wie viel halten das? Das ist ja gerade mit Hälfte. Alter, wie groß ist denn das scheiß Feld? Bist du besoffen? Schauen wir mal. So weit, dass wir da kommen. 20 brauchen wir noch. Kriegen wir die da irgendwie reingezwickt. Hinter sie darf es ja ein wenig Gräber sein, weißt du, was ist. Das macht mich aber total närrisch. Warte mal. Machen wir jetzt so. Ich sag's wie es ist mir wurscht, wie es ausschaut, weil sonst sitze ich wieder eine Dreiviertelstunde, da bauen wir einfach daneben noch einen und die fügen wir zusammen und dann wird schon passen. Ist mir wurscht. So, der hat 2 Minuten, das Ding hat 1 Minute. Das heißt, wir brauchen jetzt 2 sichere Viertel. Dann können wir es eh gleich wieder löschen. So, tun wir das weg. Du hast mal eine zweite Lavendelei her. Lavendular! Du bist so wunderbar. Machen wir so und so. Dann schauen wir, ob man das irgendwie, das Spiel terminarisch machen, wenn das alles nicht auf einer Linie liegen kann. Das muss ich einfach abschalten. Ich weiß genau, was du meinst. Das muss ich einfach abschalten. Das hilft nicht. So, noch eine Reihe. Und dann pflanzen wir bei ihm. Pflanzen wir dasselbe an. Und noch eine Reihe. Und den Rest zwickt man da hinten auch nicht. Und dann brauchen wir sogar noch eine ganze Reihe. Jetzt machen wir es so. Hat jetzt der alle 158? Das ist doch gelungen. Was laberst du? Was labern Sachen? Machen wir so. Und da machen wir das gleiche. Naja. Schieß jetzt nicht genau, aber das passt schon. So, dann brauchen wir einen Sülzenmann. Sülzenmann, Hitze mit. Sülze, haben wir eine Sülzerei schon gebaut? Ja, haben wir. Nochmal 1 Minute, das Ding hat 1 Minute, das klangt eigentlich. Gell? Ich schätze, dass wir langsam aber sicher mal noch mehr eine Köhlerei brauchen. Die ist unter Volllast. Wieso ist die bloß bei 69%? Das ist natürlich kacke. Soll ich was schauen? -3. Ja, da ist kein Wald rundum, das ist mir schon klar. Aber ich habe eigentlich nur gemeint, der Köhlermann, der baut sich dann seinen Wald schon hin, wenn er keinen mehr hat. Sollen wir es da umsetzen? Hä? Ja, mit da umsetzen. Da haben wir 110 Baum von. Was sind die? Von 80. Da können wir, hier kommen wir auf keinen grünen Zweig, sprichwörtlich. Das ist mit da oben. Nein, ich muss schon unter Volllast laufen, der Gerät. Da tun wir ein Wegal her. Das zwickt wir weg. Und dann können wir eigentlich, hoppala, ein falsches Ding. Dann können wir eigentlich da hergehen. Schaut auch gut aus. Und dann brauchen wir eigentlich bloß noch die Seifenmacherei da. Zwick sie den Schund. Zwick na hier den Schund!
Schauen wir die Auslastung an, da fällt gar nichts. Dass der Köhler nachpflanzt, musst erforschen mit deinen Wissenspunkten. Ja gut, das kann ich natürlich nicht wissen. Aber natürlich jetzt ein Gold, wenn der Blackhawk da ist, der mir sagt, was da los ist. Apropos Forschung! Die wird mir die ganze Zeit schon gesagt, dass da nichts geht. Ah ja, pass auf, neu am... Haben wir schon so weit schon her. Unsere Köhler können noch 1 oder 2 Dinge über Forstwirtschaft lernen. Kann Wiesen nutzen. Köhler können Bäume auf Wiesen pflanzen und fällen, es wird kein Wald benötigt. Keltischen Weg in Albion wählen und Schmiede in deinem Reich beherbergen. Was? Das kann ich ja noch nicht erforschen jetzt. Was bedeutet das? Brauchen wir da eine zweite Insel? Anforderungen. Keltischen Weg in Albion wählen. Ich weiß nicht mehr, wo Albion überhaupt ist. Ist das ein zweites Gebiet dann? Also, wo man direkt von der, wie soll ich sagen, von der Map da komplett auf eine andere umschifft. Falls ich zu Backseat Gaming mäßig unterwegs bin, musst du sagen, du, alles gut. Alles gut. Das ist... Deine Formulierung ist nicht nervig und genervt lästig. Ich sage überhaupt nichts gegen Tipps. Und von jemandem, wo ich weiß, dessen Screenshot ich vorher gesehen habe und dass da schon 40, 50 Stunden drin stecken, da höre ich dann auch zu. Ja? Ohne dass ich umeinander maul. Wenn irgendjemand nur in die Kommentare umeinander geschaftelt, dann werde ich ihm sagen, halt die Schnauze, du Trottel. Albion ist gleich England, andere Welt quasi. Ja, dachte ich mir schon. Wie üblich das zweite Gebiet. Ja, da werden wir noch ein wenig brauchen. Aber gut, ist ja wurscht. Die Sachen haben wir schon erforscht. Was brauchen wir da? Römischen Weg in Albion wählen und Merkatoren in dein Reich beherbergen. Das heißt, ich muss mich da entscheiden, wo ich die zweite Insel hinpfeffere, oder was? Was haben wir da? Pflasterstraßen. Die haben noch nie geschaut. Wieso kann ich die wieder nicht mindestens 5 Tonnen Beton lagern? Da brauchen wir Beton, da haben wir auch noch lange nicht. Was ist das da? Albionische Forschung. Eine Handelsroute in Albion einrichten und mindestens 500 Wissen generieren. Ich fürchte, wir können da fürs Erste nicht weiter skillen. Da ist übrigens ein lustiges Easter Egg eingebaut. Ich glaube, das haben wir aber letzte Woche schon geschaut, aber es ist vollkommen wurscht, ich zeige es nochmal her. Da gibt es so kritische Notes zum Erforschen, wo man Wissen braucht dafür. Und immer wieder mal 1800, 2205, 2070, 1701, 1404. Nein, das nicht, das auch nicht. 1503, 1602. Was ist das? Das sind die alten Anno-Teile. Anno 1602, 1503, 1701, 1404 etc. Nettes kleines verbautes Easter Egg. So, haben jetzt hier surfen oder was? Schauen wir da einmal. Wir haben nur zu 90% ausgelastet, aber die Auslastung geht nach oben. Unser Köhler ist auch bei 100%. Das darf halt viel beschleunigen. Er ist bei 100%, 100%, 100%, 100%. Schaut gut aus. Was ich noch nicht so ganz gecheckt habe, ist, was bedeuten die grünen und die roten Pfeile. Gibt -1 Zufriedenheit, +1 auf Herz. Ich checke nicht, was das soll, aber ich glaube, dass mir wurscht ist. Was ist denn das da? Ach, das trägt zur Inselgesundheit bei. Und das ist die Inselzufriedenheit. Ja, gut, das macht einigermaßen Sinn. Aber die grünen und roten Pfeile verstehe ich nicht ganz. Da müsste doch eigentlich entweder grün oder rot sein. Wenn Produktion nicht bei 100% ist oder nicht voll ausgelastet ist. Oder das Lager voll ist oder sonst irgendwas. Naja, ist ja wurscht. Findet man schon raus. Unsere Sardinen werden weniger. Das bedeutet, das einmal kurz im Auge behalten, ob der Konsum mehr geworden ist oder ob sie uns gerade welche abgekauft haben, weil die bleiben genau bei 40 stehen. Wenn ich mich richtig erinnert, haben wir mir die ganzen Handelsgeschichten letztes Mal so eingerichtet. Ja, genau. Seife wächst heran. Der Garum stagniert ein wenig. Vielleicht müssen wir der Produktion oben ein bisschen mehr anhauen, aber gut, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Bin immer gern auf dem Markt. Solange ich nicht verkauft werde. Das heißt, alle Bedürfnisse der dritten Zeile sind erfüllt. Jetzt kommen die letzten 2. Was brauchen wir da? Amphoren. Herstellung der benötigten Ware möglich in Latium und Albion. Wie kommt man da um? Hat man da nicht... Da ist man doch automatisch, wie ist man da gleich wieder auf die anderen Gebiete umgekommen? Hat man da ein Schiff einfach auf Erkundung schicken müssen? Oder hat es das nicht auf einmal geheißen, so mit... Weiß ich nicht mehr.
Ja, festes Ceres. Einkommen. Unser Einkommen geht ja ein bisschen nach unten, muss man auch mal sagen. Vielleicht sollten wir ein paar mehr Plebs bauen. Mehr Plebs bauen! Brauchen wir mehr Plebs? Ich weiß es nicht. Upgrade wir mal ein paar Häuser. Hätte ich jetzt gesagt gehabt. Warte ab, auf Stufe 3 ist es dann möglich. Ich denke mir, dass ich es einfach aussitzen muss. Wenn ich mich recht erinnere, ist das automatisch gekommen per Aufforderung. Und bis dahin bauen wir mir dieses an. Eine Lehmgrube. Auf Insel 1 steht eh drin, dass wir das sicher nicht schon haben. Harzzapfer. Na bitte nicht. Haben wir mit herum ein Harz? Ja, wir haben ja herum auf der zweiten Insel ein Harz. Welch dämlicher Zufall. Das heißt, wir lassen unsere Töpfe automatisch da herum produzieren. Haben wir mit herum noch Materialien? Wie schauen unsere Materialien da herum aus? Nicht so gut, gell? Verdammt, jetzt wird es dann langsam Zeit für eine Schiffswerft, weil wir mehrere Schiffe brauchen. Ich mag da nicht mehr Handelsschiffe hernehmen, bauen wir mal einen Hafen aus. Tun wir einen Hafen her, das kann man schon brauchen. So, hier Hafengebäude. Was haben wir da? Schiffswerft. Zimmern wir da herunten hin. Oder wo bauen wir unsere Werft? Bauen wir unsere Werft? Kann ich da? Da kann ich wahrscheinlich nicht einfach hinbauen da herum, gell? Ah, doch, kann ich. Dann bauen wir mir unsere Werft sauber schön brav da herum her. Das sagt der wie es ist. So, vorne muss ein wenig Platz bleiben. So. Deine erste Werft, hm? Der erste Schritt in eine große, unbekannte Welt. Ah. Dann machen wir jetzt einmal so. Das wird dann schon passen. So, was haben wir noch so in der Werft? Ein Depot! Macht uns die Lagergräser, brauchen wir nicht. So, was braucht man für Schiffe? Zivilist 1, Frachtplätze 3. Was braucht man dafür? Seile und Segel. Das heißt, die Produktion für Seile und Segel dann eigentlich nur Sinn machen, wenn wir die da irgendwie herzwickern. Schauen wir mal, ob wir so kommt. Ach, Gott sei Dank. Hanf. Haben wir nicht Hanf schon angebaut? Wir haben doch da Hanf ohne Ende. Tja, dann machen wir da halt einfach nochmal einen. 1 Minute, 2 Minuten. Das heißt, wir brauchen 2 Hanfplantagen. Die zwicken wir jetzt einmal da rein. Schauen wir, wie viel das wir da hinkriegen. 60 von 60, schau hin. Da gelangt es wieder ums Arschlecken nicht, gell? Ja, los mal so. Ist doch mir scheißegal. Die Seilerei ist aber lang. That's what she said! Lass uns jemand Seilerei herzwickt. und ich erzähle dir Wo was war die? über 2 das Minuten, Schiffshandwerk. 1 Minuten, das schaut gut aus. Wunderbar. Da haben wir da noch Dinge. Und irgendwann, wenn wir einen Kontor bauen können, also wenn wir da so eine Anlegestelle mal da herbauen können, dann werden wir das natürlich auch. Was ist denn das da eigentlich? Stadtwache haben wir schon. Was ist denn das da? Ein Medikus. Villa des Pretas haben wir auch schon. Alles haben wir auch. Birger, du hast nur 59 von 60. Was? Oh. Tatsache! Tatsache! Habe ich nur geizig, damit nichts passiert. Was wir jetzt tun? Jetzt probieren wir mal da irgendwie ein halbwegs anständiges Layout zum Hinkacken, das nicht gar so dermaßen viel Platz verbraucht und vielleicht auch noch halbscharig nach irgendwas ausschaut. 4 Stück brauchen wir noch. So. Dann gehen wir da her. Das ist so hin. Natürlich nicht. Wieso löscht er nicht die Hanfplantagen? C-Fix. So, was möchtest du jetzt von mir? So, hier, so. Und dann brauchen wir noch. Jetzt geht's wieder um 3 nicht aus. So, im 1800er habe ich schon gehasst. So. Wieder meine Witze ignoriert. Wo denn? Ja, jetzt dann noch mehr auf, verdammt nochmal zum Rumdonaten. Ich bin konzentriert. Wenn du 4 Harzfarmen baust, musst du das nicht beim Amt melden. Dann muss ich da lassen, der war tatsächlich nicht so schlecht. Gleich nochmal, warte, müssen wir jetzt einen Stream ausmachen. Wir müssen Jahresmerch nochmal korrigieren, da muss ein Wulfrix eine scheiß schlechte Witzekasse oben. Bis dann. Was, wieder nur 69? Da haben wir 56 und 59, tatsächlich.
Also entweder bin ich jetzt blöd zum Scheißen oder das Spät blöd zum Scheißen. Jetzt kann ich da nichts einbauen, weil wir wieder nur Mist gemacht haben. Da muss doch schöne Layouts geben, das gibt's ja nicht. Kruzifix. 58, 1, 2. Warum zieht denn das da auch so eine behinderte Mauer durch? Das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist nicht schön. Wir haben gesagt, wir wollen mal schön bauen. So. 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 Wie viel fein jetzt da noch? 8 Stück und da fein 8 Stück. Haben das genau 8 da? Friese im Besen. Das sind doch... Du möchtest doch mich verarschen. Das sind doch mehr Fädels gewesen wie 6, die ich da hingebaut hab. Das ist mir schon klar jetzt, warum ich da die ganze Zeit Zwing hinbaue. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt steht 56 von 6. Was? Halbschräge zählen nicht als ein Ganzes. Ja... Drück einen Stempel drauf, um zu zeigen, wo es herkommt. Leg mir am Arsch! Man kann in dem Spiel nicht schön bauen! Jetzt! Einigermaßen! Schaut das nach einem kompakten Konstrukt aus jetzt da! Es ist belastend, aber warten nur wird besser. Also, ich mag gar nicht wissen, was Neues kommt. Ist ja wurscht. Jetzt flippt er aus. Ja, ich bin schon unterwegs. Herfahren hinten, merci wieder ein Euro. Der 4090er, der rennt anscheinend in der Eck besser als mit 3090. Der Neid kommt anfressen. Willst du wissen, was deine Kraka wert ist? Mich das gerade wirklich interessieren. Ich habe schon lange nicht mehr nachgeschaut, wie die Preise der 4090er sind. 1500? Ich weiß, das war jetzt nicht ernsthaft deine Frage, aber mich das interessieren. Mich das schon interessieren. So, was brauchen wir noch? Schifffall bauen möchte ich. Segel. Dann machen wir ein Segel. Schaufeln. Die bauen wir. Können wir die da einer zwicken, möchte ich sagen. Die zwicken wir mir da einer. Schau hier. 3 sichere Feder. Natürlich zwicken wir mir die da nicht einer. Schau hier. Aber wir zwicken es einfach nur in einer Linie. Was ist denn jetzt da wieder? Fix nochmal. So. Wird schon passen. Schaufel 30 Sekunden, Segel 1,30. Da brauchen wir das Ding ist groß. Setz die Segel. Das Ding ist nicht klein, du! Ist Äolus für dich. Ist das bloß eine Straße oder? Nein, weiß ich nicht. So, da bauen wir gleich mal aus, da gehen wir gleich lang umeinander. Da steht so viel Klump umeinander. So, Segel bauen. Eigentlich können wir jetzt abwarten und Schifferl basteln dann. Das war ja unser Ziel so ein bisschen. Schön relativ klar, kompakt zusammengeschustert, das kann man so lassen. Da denkt man sich einfach nur, die Welt war schon in Ordnung, also spielt 20x20 Pixel gehabt. Da war die Welt wirklich nur in Ordnung. Da hat es aber zum Beispiel auch noch so Leute wie ein Pablo Escobar gegeben, die haben ein ganzes Land umgebracht. 50,90 ist schon ein bisschen günstiger. Ich hab keine Ahnung, was unter 3000 kriegst du das nicht bei uns als neu, Was? Entschuldigung, da muss ich jetzt schnell schauen. Nvidia GeForce RTX 4090. Was haben mich vor 2 Jahren für die Grafikkarten gezahlt? Ich hab doch keine 3000 Euro für die Grafikkarten gezahlt. Bist du besoffen? Das heißt, ich hab mir einen PC gekauft, der am Schluss mehr wert ist, als ich ihn gekauft hab. Geil. Wird Zeit, dass wir einen neuen kaufen. Okay, krass. Kosten wirklich 3000 Euro. Okay. Puh. Scheiß KI-Scheiße. Mehr sag ich nicht. Forschung! Wir müssen irgendwas forschen, Leute. Was haben wir denn da zum Beispiel? Quartiermeisterei. Welche Kabinengröße ist für unsere Schiffe denn wirklich notwendig? Verlangsamt durch Frachtgewicht, erhöht die Anzahl der Frachtplätze auf deinem Flaggschiff. Ich habe kein Flaggschiff mehr, glaube ich. Attraktive Märkte. Erhöht die Entfernung in der Wohnhäuser und andere Gebäude von nahegelegenen Marktplätzen profitieren.
Scheint mir doch auch gar nicht mal so schlecht zu sein. Militär, Zivilgesellschaft, was haben wir da so? Freiwillige Wachsamkeit, Brunnen. Eule! Kult der Minerva. Was haben wir da? Gastfreundschaft. Haben wir Wachtürme, erhöht die Zufriedenheit in der Nähe. Haben wir Patrouillen. Senkt die Betriebskosten für jedes deiner Lagerhäuser. Erhöht die Gesundheit in der Nähe. Da kann man lauter so kleine Mini-Häuser bauen. Ermöglicht dir ein weiteres Offizium auf deinen Inseln zu bauen. Brauche ich nicht. Zählt das nur fürs Flaggschiff oder zählt das für alle? Nur das Flaggschiff. Ich hab kein Flaggschiff mehr. Wo krieg ich ein Flaggschiff her? Ich forsche jetzt das einmal. Ja, man kann sie einreihen, gell? Dann nehmen wir das, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir, was ist das da? Freischalten, Brunnen. Was kann der Brunnen? Erhöht die Brandsicherheit in der Nähe. Das ist einmal ein Brunnen, dann nehmen wir die Sicherheit und dann nehmen wir das da und dann nehmen wir das da. Einfach eingeforscht ins Viech, weil es eh wurscht ist. Was haben wir da? Problematische Handelsrouten. Warum? Was ist das Problem? Deine Schiffe müssen an dieser Anlaufstelle sehr lange warten. Wieso? Verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, auf was wolltest du? Erwarten deinen Befehl. Oh, ich glaube, wir haben eingestellt, dass der immer wartet, bis alles entladen hat, oder? Das, das darf man natürlich nicht tun. Das darf man mir natürlich nicht tun. Nach oben, Ware laden, Ware entladen. Wo waren denn diese Optionen? Da waren die, gell? Entladen, abwarten. Das wartet man mir nicht ab. Sonst fährt der dann nie wieder auf und wartet halt so lange, bis das Salz verbraucht ist. Und wenn sie verbraucht wird, stehen wir da mit Deppen. Route einrichten. Eine deiner Routen hat ein kleines Problem. Die Ware kann nicht entladen werden, das Lager ist voll. Fracht entsorgen. Ist diese aktiviert, während Waren, bla bla bla, auf Waren warten. Ist diese aktiviert, wartet das Schiff, bis alle Waren für diese Station geladen wurden. Kann man nicht einfach sagen, Kruzifix nochmal, du soll... Was heißt denn da oben? Hä? Achso, das haben wir bloß vertauschen. Kann man nicht einstellen, dass ich kann es nicht abladen, drauf geschissen, fahr ich wieder auf und tu so, als wenn ich was gewinne. Spinne ich jetzt total, das ist doch sonst auch gegangen. Heute ist ja Mittelstream total vergessen, umso schöner jetzt da zu sein. Herr Ranster, Bernie. Sei es mal. Gemütlicher. So. Entsorgen mag ich es halt auch nicht. Ich meine, Salz. Wobei, Salz ist unendlich, oder? Entsorgen wir es. Einrichten. Easy. Gibt es eigentlich überhaupt noch irgendwas, was endlich ist? Gibt es sowas überhaupt noch? Eisenmine. Gesundheit. Eisenvorkommen 100%. Ah! Okay, das wollte ich nicht. Mach das wieder weg. Eisen brauche ich nicht. Jetzt versalzt das Meer. Ja, das war klar. Das. Wir warten. So, können wir schon ein Schifffall bauen? Ich mag ein Schifffall bauen. Können wir schon eins bauen? Nö. Ein Seil brauchen wir noch. Jawohl. Und 3 Segel brauchen wir noch. Holz, oder? Was ist Holz? Also, was ist Holz? Weiß ich, was Holz ist, aber brauchen wir mehr Holz? Brauchen wir mehr Holz? Weiß ich nicht. Was ist denn da oben? Ja, junges Eichhörnchen, packe es bei der Wurzel. Das ist total vergessen. Mein scheiß Tee habe ich einfach vergessen. Der schmeckt jetzt wahrscheinlich Arsch und Friedrich. Dir wurde ein Geldgeschenk angeboten. Wenn du es annimmst oder ablehnst, hat das je nach Prätor, der das Geschenk gemacht hat, unterschiedliche Konsequenzen. Wird als Friedenszusage gewertet. Wohlwollendes Geschenk. Ja, dann her mit dem Schund. Mögen deine Entscheidungen dich nie verfolgen. Naja, wird schon passen. Quests haben wir. Oh ja, da wollten wir irgendwelche Quinqueremen da zerstören. Warte mal. Aber die sind die Wolken. Ja, die hat unser Flaggschiff einfach zerpimmelt. Deswegen darf ich gerne ein Neues bauen. Brauchen wir immer noch ein paar Segel. Dauert noch ein bisschen. Manuel! Wer ist für den Zwickeln? Ja, eine endliche! Oh, wo ist der Unendliche? Meine Güte. Volles Die Warenlager. Lagerquellen über. Die Lagerquellen über. Dann müssen wir... Oh, haben wir schon lange nichts mehr verkauft. Genau. Haben wir schon lange nichts mehr verkauft. Beziehungsweise eingestellt zum Verkaufen. Brot!
Kaufen, verkaufen, mindestens. Oh, da wollten wir doch immer die Hälfte herin haben, gell? Müssen wir bei allen anderen wieder umsteigen, aber ist ja wurscht. So, hier Brot. Wird das Scheiße verkauft da, ja. Mindestlagerbestand verkaufen, wenn über 80. So, schaut gut aus. Was haben wir da? So, jetzt können wir auch verkaufen. Zur Not. Alles wird verkauft. Alles wird zu Geld gemacht. Nichts wird hergeschenkt. Wunderbar. Seife geht steil. Leder geht steil. Leder ist mit Sicherheit auch viel mehr wert als diese einfachen Produktionsgeschichten. Kruzifix, wenn da nicht. Für was schreiben wir da 80 eine Ubi halt? Kruzifix. So. Sandalen. Ja, der ganze andere Scheiß ist ja total wurscht. So. Babidi babidi bubidi bu. Babidi babidi bub bub. Da haben wir letztes Mal so einen Typen gekriegt. Bauoffizier auf deiner Insel, um Spezialisten außerhalb der Villa unterzubringen. Nerv mich nicht. Brauch ich jetzt nicht. Was ist da los? Hey, endlich! Den suchen wir schon lange in der Familie. Er ward nie gefunden. Jeder war immer nur endlich. So. Weiter geht's. Die Dinger da wollten wir bauen, genau. Dann wollten wir ein Schiff bauen, dann wollten wir Holz da aufkutschieren und dann wollten wir da oben unsere Vasenproduktion aufziehen. Jetzt sind wir beieinander. Legio 1. Wenn wir Kriegsschiffs bauen, ich weiß es nicht. Nein, wir bauen ein Handelsschiff. Los. An Sie rein. Nur wir machen mal ein bisschen schnell. Schiffsname, die Ficki nochmal. Klingt schön Latein und kommt ursprünglich vom Staudi. Ich sag euch was. Ich werde meine Schiffe benennen, so dass ich wieder weiß, was es war. Hab heute nämlich schon Probleme gehabt mit so. Was war gleich wieder was für Insel? Ich kenne mich keinen Stecker nicht aus. Wo haben wir, wer sind wir und überhaupt und sowieso. So, ein bisschen dumm ist jetzt, dass ich... Also, das ist wirklich behindert. Ich bin mir fast sicher, dass man diese Anlegestellen sonst viel früher hat bauen können. Also muss ich wieder mit dem behinderten Schiff um die halbe die Insel rundum fahren und den Scheiß da aufkutschieren. Warum nicht einen Holzfäller oben? Weil's einfach langweilig ist. Quartiermeisterei entdeckt. Was hat das gleich wieder? Erhöht die Anzahl der Frachtplätze auf deinem Flaggschiff. Der Bau eines Schiffes ist abgeschlossen. Der Bau eines Schiffes ist abgeschlossen. Durch die Welle. Durch die Welle. Oh, das ist ultra schnell. Warte mal. Gehen wir jetzt da oben. Im Grunde hast recht. Aber ansonsten läuft die Holzproduktion da oben ewig und keiner braucht's. Was ist denn jetzt wieder? Was hat denn da ist jetzt gerade gestanden, meine Handelsrouten haben wieder irgendein Problem da. Problematische Handelsrouten 1. Das ist gelungen. Ich sehe hier keine Probleme, du Trottel. Was ist da? Mach das zu. Haben wir etwa einen Bug entdeckt? Sehe ich das richtig? Neptuns Schiff ist bereit. So, einladen. Und was nehmen wir noch mit? Ziegel nehmen wir auch mit. Holz und Ziegeln. Und dann ab Durch dafür. die Welle. Warum nicht einen Kontor neben die Werft ziehen? Weil das, glaube ich, nicht geht. Warte mal. Nee. Instinktiv auf R drückt beim... Wieso lassen sie mir den nicht einfach einen Anlegestell bauen? Hm? Guter Punkt hier, Sonntagruhetag. Guter Punkt. Wieso lassen sie es mir nicht einfach bauen? Hm? Sag. Das kann ich nicht alles einstecken. Wie, das kannst du nicht alles einstecken? Was ist jetzt wieder für geistreicher Satz? Müssen wir... Ja, was die Scheiße da unten, die Reise jetzt einfach weg! Fick dich! Fick dich! Und oben bauen wir zwei neue hin. Los! Los! Können wir das weiter hinten schieben? Nicht wirklich. Go, go, Pipetto! So, muss kein Schönheitspreis gewinnen, klang schon. Was liegt denn da umeinander? Treibgut. Wieso liegt da Treibgut? Wo ist unser Schiff? Makrele Salz. Unser Schiff ist da unten, da wo es natürlich nicht hingehört.
Das ist die Frage. Checkt unser Handelsrouten das automatisch? Lass mich mal schauen. Busentus, Volbiria, was ist denn jetzt, Alter? Was haben wir denn ihr? Was ist denn das? Spiel kapiert wirklich gar nichts, wenn du das tust. Jetzt muss ich alles nochmal reinmachen da, oder was? Das ist jetzt nicht tragisch, aber das hat jetzt nicht kapiert, dass ich den Kontur von A nach B gezogen habe. Naja, gut. Muss ja jeder selber wissen. Salve, Brenner. Kann ich das Treibgut einsammeln? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt aber auch scheißegal. Geschissen aufs Treibgut! Dein Mann treibt gut! Wir erwarten deinen Befehl. Das ist unser automatisches Handelsschifferl. Das nimmt wieder ein paar Sachen mit und liefert ein paar Sachen ab. Wo ist unser anderes Schifferl? Wir erwarten deinen Befehl. Tobi! Der zurück, merci dir. Schluss jetzt mit der verdammten Rumdonaterei, Kinder. Kruzifix. In der T gehört er rum. In einem ganzen Satz gehört ein Punkt und ein Komma und mehrere Wörter. Weißt du, wie man. Ich glaube. In einen Tee gehört ein Rum. Das ist kein Satz, Alter. Na, lass nicht durch. Na. Ups. So. Entladen! Was wollten wir gleich wieder da? Ah, stimmt, unsere Dinger da bauen. Ja. Wir brauchen wir. Kann man da Lehmhütten hinzimmern? Na, kann man die einfach irgendwo hinzimmern? Lehmgrube. Da brauchen wir einen Flussplatz. Gibt's da herum einen Flussplatz? Hat die Scheißdrecksinsel jetzt da keinen Scheißfluss? Mein Kruzifix. Das heißt, wir können unsere Produktion da herum nicht bauen. Das heißt, wir müssen die Harzzapfer sauber und gepflegt da herbauen und runterfahren lassen. Besuch des Prätors. Was sucht ihr da? Waldgebiet? Die muss ich in einen Wald einpflanzen. Und pflanzen wir einen da her. Wie lange hat denn das Produktionszeit? 1 Minuten und das Ding hat auch 1 Minute. Also 1:1 übersetzt. Das heißt, da bauen wir aber auch gleich 2. Das so wieder, wie es ist. Muss auch keinen Schönheitspreis kriegen, die Insel. Was so, vielleicht kriegen wir da was Schönes zusammen. Machen wir es so. Und nutzen wir mal ein wenig die Möglichkeiten der Schräge. Naja. Schieß nicht, aber ein Zweck erfüllt's. Schau hin. Jetzt ist die Frage, laufen die bis da um? Gibt es einen Mangel an Arbeitskräften? Oh, wir haben schon wieder keine Arbeitskräfte. Verdammt nochmal. Und wir brauchen eine Pleb-Arbeitskraft. Für was denn? Für die Scheiße da, oder was? Das gefällt mir alles gar nicht! Kleiner Tipp, du kannst auf der Minimap links sehen, wie viele Bergbaumöglichkeiten bzw. wie viele Flussplätze du hast. Das weiß ich tatsächlich auch. Du meinst, das zeigt noch? Seht jetzt hier gerade nicht hin, das ist da hinter mir. Provinzkarte, Provinz wechseln, Bergplatz haben wir 4. Aber Flussplätze haben wir halt gar keinen. Da wird ja nicht 0 gezeigt, sondern einfach nix. Was der man jetzt da damit? Kruzifix nochmal, wie sollen wir mit da Plebs aufkriegen? Wie sollen wir denn dir den Plebs aufkriegen? Da müssen wir erst wieder alle eine Bedürfnisse erfüllen, dass die zu Plebs aufsteigen. Wie soll denn nie auf diese kleine Behindi-Insel da Plebs aufkriegen? Da brauchen wir die Hutmacherei, da brauchen wir was weiß ich was alles. Ein Bauwerk wird angegriffen. Was? Wo? Warum? Schiff wird angegriffen. Schießt mal jemand zurück oder so? Bau sofort der Kriegsschiff her, weil ich sonst ausflipp. Wer ist das? Man kann es einem Wolf nicht verübeln, wenn er sich auf das Fleisch stürzt. In deiner Stadt ist ein Feuer ausgebrochen. Was ist denn jetzt kaputt?
Wir haben keine Feuerwehr, Ein lass mich Schiff ran. wird angegriffen. Lass mich ran. Wie weit geht die Feuerwehr? Ah ja, wird schon passen. Das schreiben wir ab. Der Hunsinn hat mich einfach hochgegriffen. Das ist der Pirat, der Bauwerk wird. Ja, ja. angegriffen. Ein Bauwerk wird angegriffen? Wo wird denn ein Bauwerk angegriffen? Was passiert denn? Kruzifix, ich möchte einfach bauen! Bauen! Und nicht einmal anschießen! Was hat's wieder braucht, dass man diese scheiß PvP-Kacke da einbaut? Kruzifix, hätte es bloß ausgeschaltet. Güter auf, verschiffen, das überlege ich mir. Währenddessen nicht irgendeine... Herr Thomas! Kruzifix, einmal. Kennen Sie, habe ich Ihre Birge und Schiene gekriegt von deinem ehemaligen Metzger? Was? Wo bist denn du eigentlich? Kein Mensch verkauft mir meine guten neuen Baby-Back-Ribs. Wenn du der bist, den ich meine. Wieso zum Teufel scheißt du da 25 Euro rein? Das verstehe ich noch weniger. Ja, was rede ich eigentlich? Der Bau eines Schiffes. Seit einer Stunde labert ich irgendwas von wegen bla bla bla, leg mir am Arsch, hört's auf mit Donetten, jetzt einfach weiter. Also was nice, das ist einfach weiter jetzt. Salve, Trevor. Leid, merci. Schluss jetzt damit. Oh, unsere Steuern gingen langsam zu Ende. So, jetzt müssen wir uns langsam mal was ausdenken. Wie der wir jetzt das da oben? Was brauchen sie alles? Sie brauchen Es Brot. beruhigt mich, dass mein Mann eine warme Mütze trägt. Ja, das stimmt doch gar nicht. Die können ja auch noch unzufrieden sein. Jetzt warte mal, wir haben da Bauern. Und da haben wir bin das ein Vollidiot. Ihr habt überhaupt nichts gesehen. Ihr holt ja Goschen. Haben die Dinger jetzt da uns versetzt oder? Oh, da habe ich mir ein wenig von da schon hin. Was ist denn das für ein Gebäude da? Wieso ist denn das? Ah, deswegen. Das der mal da hier. Das der mal so hier. Das hat letztes Mal jetzt geheißen, das umrandet automatisch, gell? So, mehr Plebs! Ja, ich hab Brache gewechselt und bin jetzt in der Produktion. Also das heißt, du schlachst jetzt. Auch nicht schlecht. Thomas, merci dir. Aber bitte nicht einer Donaten. Vor allem, wenn man sie mehr oder weniger persönlich kennt. Das ist ein bisschen seltsam. Merci dir. Ich hoffe, dir taugt's. Du kannst die Piraten inaktiv stellen. Im Nachhinein auch noch. Ja, los einmal. Ist eh wurscht. Ist eh wurscht. So, was wir jetzt aber tun, wir brauchen mehr Pleb-Arbeitskraft. Zwei Häuser müssen wir noch in Plebs verwandeln. Damit die da hinten sauber ausgelastet sind. Wird da schon, der Weg ist ein bisschen weit. Ja, dann müssen wir vielleicht irgendwann mal ein Lagerhaus hinziehen. Aber das, glaube ich, passt schon. So. Jetzt tun wir da mal ein bisschen filtern. Ah ja, Harz wird schon gebastelt. Und das Harzklump, das fahren wir jetzt ab. Es ist gar nicht so tragisch. Ich bin eine Stufen weiter gewesen. Wir sind beide kleine Fische. Heute mal dein Maul, jetzt wenn ich was erzählen möchte. So. Ich war schon wieder eine Stufen weiter. Ich hab mir gedacht, wir haben die noch nicht so... Leckere Sardinen. Da mag ich mich bedienen. Jede Gräte ein Geschenk. Haltst du jetzt mal deine Fotzen, wenn ich die anklicke, Mr. Liberty. Das war voll super. Ich hab gemeint, wir müssen die Bedürfnisse da alle erfüllen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, damit wir auf die nächste Stufen kommen. Dabei ist das schon die dritte Stufen. Da haben wir nicht mehr auf der Hauptinsel so weit. Ist gar nicht so tragisch. So, jetzt können wir unsere Handelsrouten zusammenbauen. Handelsroute! Wir laden. Was laden wir denn? Na, andersrum. Ware laden, laden, entladen. Muss gelingen. Und später zwickt man da einfach ein dickes Frachtschiff rein, das dann 2, 4, 6, 8 Frachtslots hat und das fährt dann hin und her. Und wenn das auch nicht gelangt, weil wir so viel Produktion haben, dann lassen wir 2 Schiffe simultan hin und her fahren. Das wird dann schon. Jawohl, das speichert man. Und dann müssen wir da herunten unsere Produktion aufzwicken für den Bums da. Haben wir schon eine Lehmgrube? Ja, wir haben schon eine Lehmgrube. Wie schaut denn unser Lehm so aus?
der wieder für Ziegelei braucht, gell? Ja, der schaut kein zweite nicht. Da müssen wir allerdings an einen Flussplatz ran. Haben wir noch irgendwo in der Nähe einen unbenutzten Flussplatz, den ich da schnell entfremden kann. Ja. Dann nehmen wir doch diesen hier und diesen hier. Hauen sie rein und gut ist. Und irgendwo da herum bauen wir dann die Töpferei hin. Weil es vollkommen wurscht ist, wo. Und den bauen wir aus. Ich habe hier auch noch ein altes auch noch rumliegen. Auch noch 1404 ist das gut. Auch noch 1404 war eines der besten Teile in der Serie. Ja, andere. Und vom Prinzip genau das gleiche. Spiel's einfach. Machst nichts verkehrt. 1404 habe ich auch sehr lang gespielt. Sehr. Am meisten habe ich 1701 gespielt. Und 1503. Mit Abstand am meisten, glaube ich. So, wir haben mal einen Handel nach dem anderen. Und so wie mir das anschaut, müssen jetzt einer Waren fehlen. Na gut, unser Schiffel muss erst noch hin und her fahren einmal. Was könntest du denn benötigen? Da sind wir. Machen wir ein bisschen schneller. Schauen wir, ob's. Der Wiederaufbau nach dem Ausbruch hat die Familien viele Jahre gekostet. Viele Opfer wurden erbracht. Durch die Welle. Unser Ersatzschiffel, den haben wir mit daher. Und er, jawohl, das Herz wird aufgenommen. Und dann fahren wir rückwärts wieder oben und liefert mir das Herz ab. Und spätestens ab dann fängt das Ding zum Produzieren. Und das hat eher Minuten. Das passt schon. Plebs noch hochstufen. Müssen wir eigentlich gar nicht. Ganz im Gegenteil, da herum haben wir zu viele Plebs, die uns gegebenenfalls die Ressourcen wegfressen. Das heißt für mich... Aber wir haben immer noch ein bisschen zu wenig Arbeitskraft. Warum haben wir... weil nicht mehr als sind von den Plebs, weil es keine Bedürfnisse nicht erfüllt kriegen. Ja, das macht schon Sinn. Jetzt machen wir es so. Da wohnen drin +2. Da auch +2. Dann machen wir so. So. Und so lassen wir es. Und ich glaube, das da können wir auch weg da. Und damit es nicht so beschissen ausschaut, machen wir so. Ja, was ich möchte. Falls jemand nicht versteht, was ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so hundertprozentig richtig ist, was ich da tue. Aber ich glaube es zumindest. Ja, Plebs verbrauchen Waren. Und je mehr Plebs das wir haben, oder je mehr, wie heißen die unten? Lips und Plebs. Lips, Bauern, Plebs, Bürger, da ich jetzt einfach mal sagen. Und je mehr das wir haben, desto mehr Waren verbrauchen die. Ja? Zum Beispiel eben einer Grundnahrung von Sardinen und von Haferbrei. Und da wir da herum bloß so eine Produktionsstätte für Haferbrei haben, mag ich nicht unnötig bauen, da haben wir anstehen, die das Lagerlauf fressen, weil sonst muss ich wieder ein Seehers bauen, ein zweites und so weiter und so weiter. Und wir brauchen da eigentlich nur die Arbeitskraft, um das Harz da abzubauen, um dieses Garum-Saucier da zum Betreiben, um die Makrelenhütten zum Betreiben und so weiter, die wir dann da oben schippern. Und das, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Pleb-Arbeitskraft und das ist die Lips-Arbeitskraft. Und da wird halt ein bestimmter Anteil zur Verfügung gestellt und ein bestimmter Anteil verbraucht. Und wenn das 0,0 ist, dann passt für mich das. Plebs noch hochstufen. Plebs können wir noch nicht hochstufen. Plebs können wir erst hochstufen. Das ist die Stufe 2. Wenn alle ihre Bedürfnisse verfügbar und erfüllt sind. Und das ist jetzt so, aber noch nicht alles. Was ist denn das? Wein wahrscheinlich. Na, Olivenöl. Olivenöl brauchen wir noch. Natürlich haben wir aber keine Olivenfruchtbarkeit auf dieser Insel. Das heißt, wir müssen wieder auffahren und betten, dass es da Oliven gibt. Da gibt es Oliven. Sehr gut. Und es braucht Bauern. 2 Minuten Zeit und das hat 1 Minute 30. Das heißt, wir müssen ein paar Olivenbauern da aufbauen. Weil es nicht helfen tut. Und dann hätten wir uns das ganze abreißen wieder sparen können. Tja, wie der man da? Die brauchen ziemlich viel Platz. Bin ich da der Einzige, der das Schneebauen auf der zweiten Insel sofort aufhört?
Weil es wurscht ist, wie es da ausschaut. Geht's da noch jemanden so, oder? Mein Spezialist will was, habe ich vorher gerade im Augenwinkel gesehen, aber ich habe es wieder mal gekonnt wegignoriert. So, das machen wir jetzt mal so. Ich erwarte deine Anweisungen. Anweisungen. Ist das mein Spezialist? Wer ist denn das? Das Gesetz der Majestät. Dir wird eine gefesselte Frau vorgeführt. Sie hat das Majestätsgesetz verletzt. Sie behauptet, eine Göttin zu sein und hat Anhänger um sich geschaut. Das Reich ist sehr empfindlich, was derlei Behauptungen angeht. Doch die Frau beharrt darauf, dass sie und die ihren keine Bedrohung darstellen. Entscheide über das Schicksal der Frau. Sie begnadigen, sie dafür bezahlen, der Gottheit abzuschwören. Kosten. Klingt für mich nach der sichersten. Oh, da kriegen wir Ruf. Kaiser Gnaeus Firmius Calidus befürwortet diese Entscheidung. Kostet 10.000. Sie hinrichten. Befürwortet diese Entscheidung. Änderung +10. Aktueller Ruf. Dauer 4 Stunden. Zufriedenheit -2. Schneid jetzt schnell Ich ab! werde den Magistratus benachrichtigen. Ja, tschüss dann. Aber damit. Blasphemie ist ja das. Einige Waren sind nicht ausreichend vorhanden und deine Einwohner bekommen nicht, was sie brauchen. Wenn eine Bevölkerung wächst, musst du auf zu Neige gehende Vorräte achten. Beständige Attribute, Einkommen und... Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ein gewagter Schritt, Ere. Was für ein gewagter Schritt, ich hab da gar nichts da. Aber wir müssen da jetzt halt wieder Plebs herbauen, das hilft ja sowieso nicht. Mein Gott. So. Weil die Olivendinger da, die verbrauchen jetzt natürlich wieder Bauernarbeitskraft. Und da haben wir sowieso noch mehrere Sachen brauchen, bloß die Plebs da oben stehen, das wird schon passen. Nur meine Insel ist wichtig wegen Skibauen. Richtig. Das ist alles, was ich hören wollte. Auf die anderen Inseln kannst du zügen wie im Chaos. Was übrigens auch schon tut. Da wenn irgendjemand mit seiner Flotten herfährt, der kann meine ganze Produktion zusammenbomben da. Und ich kann es wieder von vorne aufbauen. Herzlichen Glückwunsch. So, Olivenöl. Die Frage ist, ob wir mir Olivenöl gleich da herum produzieren lassen. Unterhaltskosten. Da brauchen wir so einen Stiefel, die haben wir mir da herum gar nicht, gell? Oder? Doch, das sind Pleb-Arbeitskräfte. Das heißt, wir müssen nur ein paar... Naja, das kriegen wir schon. Pass auf, warte. Und freilich lassen wir das gleich da herum produzieren, weil warum nicht? Zack. Dann müssen wir weniger Scheißdreck umeinander kutschieren, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da machen wir noch 1, 2, 3 Leute zu Plebs. Und dann gibt sie das da wieder schön die Waage, das passt schon. Das passt schon. Jetzt muss ich bloß noch mal schnell schauen. 2 Minuten, 1,5 Minuten. Oh Gott, wie ist denn da das Übersetzungsverhältnis? 2 Olivendinger werden schon gegangen für eine. Wird schon gegangen. Wird schon passen. Hat schon alles seine Richtigkeit. Aber wir müssen den ganzen Bums natürlich da auch irgendwie runterkutschieren. Ich habe so das Gefühl, dass wir mir sowieso nicht genügend Garum produzieren, dass wir mir da jemals über 100 auf einmal mit dabei haben. Das heißt, wir löschen den Bums und wir laden hier oben nicht Oliven, sondern Olivenöl. Und unten laden wir es wieder aus. Und damit es nicht so komisch ausschaut, machen wir das weg. Kann man das da rumziehen einfach? Nein, natürlich wieder nicht. Das machen wir auch weg. Dann machen wir wieder das Herzklump. Und da laden wir es aus. Ja, von jedem gut eins. So, wer gar nicht umreißt, vielleicht letztes Mal nicht dabei war oder noch nie auch noch gespürt hat, wer gar nicht umreißt, was ich da eigentlich tue. Das da ist unsere Hauptinsel. Das da ist unsere kleine zweite Insel. Da ist ein Hafen und da herum ist ein Hafen. Und in dieser Handelsroute kann ich automatisiert das Schiff hin und her fahren lassen und dem Schiff sagen, was es hier... Oh. Ja, Quadruple A Ubischrott 2, so heißt meine Insel da herum. Und Busentus Volbiria heißt meine Insel da herunten. Und ich programmiere im Prinzip das kleine Schiff so, da herum lädt diese Güter ein, von da oben und lädt genau diese Güter wieder aus. Dann drücke ich auf Speichern, Route einrichten und dann fährt unser Schiff von alleine hin und her und regelt den Shit. Das ist Grundmechanik in Anno, das glaube ich gibt schon seit 1602. So. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass da herum, ja, haben wir auch schon wieder zu viel Plebs und Bauern, aber die können wir jetzt einmal so lassen, das ist wurscht. Es ist bloß dann langsam, aber sicher wichtig, weil die Bauernteufel und die Plebs
verbrauchen natürlich auch Haferbrei und Kleidung und lauter so ein Mist und Hüte und so ein Scheiß. Und je mehr das da wären, eventuell gelangt da unsere Produktion nicht mehr, da müssen wir doch noch mal ein bisschen nachhelfen, aber gut. 4 Olivenfelder füttern 3 Olivenfeldproduktionen oder umgekehrt. Bei 2 haben wir 1 Minuten, bei 3 haben wir 3 Viertelminuten, bei 4 haben wir eine halbe Minuten. So wie es ist. Da bin ich halt einfach zu kaputt, zu miert und zu im Arsch, dass ich mir das jetzt ausrechnet, wie es funktioniert. Ist mir scheißegal. Da werden einfach so lange, wie ich Hit pflanzt, 10 Minuten zugeschaut, funktioniert's? Nein, tu nur eins dazu. Passt schon. So, ja, jetzt bin das die, warte mal. Nein, das ist nicht unser Schifffall, das ist unser Schifffall. Nein, alle kommen jetzt zum Handeln. Die Kretins. Neptuns Schiff ist bereit. Oh, was haben wir denn da drin? Warte mal. Wo wir das da haben, das weiß ich nicht. Hat der jetzt da Olivenöl abgeliefert? Aber das jetzt da gerade richtig gesehen. Wo ist denn scheiß Olivenöl? Fucking Olivenöl. Da. Oh, tatsächlich. 4 Stück. Das ist aber nicht der Teufel. Da fürchte ich, werden wir tatsächlich nur eine Hit zimmern müssen. Brunnen entdeckt! Da werden wir tatsächlich nur eine Hit zimmern müssen. Das wird nicht helfen. Machen wir so. Zimmert wir. Ah, da wird es knapp gehen. Dann machen wir so. Ich muss da nicht jetzt mehr runtergehen, habe ich gerade gespannt. Ich weiß schon, da ist nachher ein Bergbau-Ding. Ist aber vollkommen wurscht. Fudern 3 Stück, 2. 2 Minuten. 1,5 Minuten. Nein, nicht wirklich, mehr brauchen wir schon. Lieber habe ich mehrere Oliven da und die Dinger laufen auf 100%. Ne, brauchen wir noch nicht. Das hilft uns nichts. Das hilft uns nichts. Das können wir aber bis da runterbauen. Daher bauen, daher bauen. Daher bauen. Wie viel brauchen wir noch? Nicht mehr viel. Zücken wir da, ne? Wunderbar. So, können wir das Lagerhaus ausbauen? Ja, können wir auch. Und ich glaube, dass wir uns da einen kleinen Gefallen tun. Nehmen wir das ein bisschen auseinander. Ne? Machen wir das einmal da her, so her, so her. Ist das das Lagerhaus? Ja. Kann man Straßen verschirmen? Oh, tatsächlich. Nicht alle Gebäude lassen sich bewegen. Ist das der Fall, wird das betreffende Gebäude stattdessen abgerissen? Nein! Dann reiße ich lieber die Straße ab. So, wie es ist. Was haben wir jetzt da gekriegt? Oh, wir haben eine kleine Stadt gekriegt schon hin. So. So. Und ich mag zwischen dem Lagerhaus, möchte ich eine Straße haben, ob euch das passt oder nicht, ist mir scheißegal. So, haben wir ausgebaut, kann losgehen. Wie viel Olivenöl? Wo ist denn mein Schiff schon wieder? Wo ist mein Chef? Wir erwarten deinen Befehl. 5 Olivenöl. Schauen wir mal, wie viel wird denn da verbraucht. Naja, es wird auf alle Fälle mehr schon hin. 12 Olivenöl. Und jetzt habe ich so das Gefühl, kommt die nächste Bevölkerungsstufe. Sehe ich das richtig? Da haben wir einen Bug ausgelöst. Gefällt mir nicht. Alles, was sie im Grammatikos unterrichten, hallt durch die Straßen, wo manch ein Mädchen es hört. Oh, haben wir mir in einem, wie sagt man da? 2 zu 1,5, 4 zu 3. Das macht einigermaßen Sinn, Sprengi, tatsächlich. Macht tatsächlich einigermaßen Sinn. Haben wir jetzt noch... Was ist denn das da? Verschönerungswerkzeug. Das haben wir letztes Mal schon geschaut, da kann man Gebäude auch an das Model geben und so. Jetzt ist die Frage... Gehen wir zur nächsten Bevölkerungsstufen.
eigentlich haben wir ihre Bedürfnisse alle erfüllt. Ihre sowieso auch. Es gibt Anzeichen für öffentliche Unruhen. Aha! Was da hinten? Hat seine Schulden bezahlt, damit Faustina ihn angemessen begraben kann. Moment mal. Da gibt's doch extra Custodia-Dinge auf Insel 1. Was ist das da? Brunnen erhöht die Brandsicherheit in der Nähe, erhöht die Zufriedenheit in der Nähe. Stell ihn jetzt einfach unter ihm hin. Hey, heute sei ein Futzen als ein Brunnen. Was genau wird jetzt da? Sie raubten uns aus und steinigten uns. So krass gleich. Was passiert, wenn ich so mache? Ah ja. Haben sie es jetzt endlich gelernt, dass wir das nicht einfach abreißen? Aber was passiert, wenn ich nicht die Straße weg tue? Was genau passiert jetzt da? Kommt jetzt da von der Polizei irgendjemand über die halbe Insel gerumpelt oder? Hilfetruppe. Patrouillen ist kostet oder Reaktionsreichweite. Haben die irgendeine? Ja Bruder, ich kann doch nicht auf der ganzen Insel diese komischen Stadtwachen da umeinander platzieren. Oder was wollen denn die von mir? Das war eine total behinderte Scheiße. Was ist das Ding ja nicht? Dann baue ich halt jetzt schnell an hier und reiß wieder ab. Was passiert jetzt? Mag ich jetzt nicht schnell sehen. Die reiße ich einfach wieder ab dann und gut. Warte, der Straße sollten es vielleicht schon kriegen. So, oh, haben schon umdreht. Ah, haben schon unterwegs. Kann ich die irgendwo hinschicken? Nicht wirklich, ne? So, was ist jetzt da los? Werden jetzt da Leute eingesperrt, oder was? Warum wird in der Lehmgruben so dermaßen sie aufgeführt? Hey, pst. Worum geht es noch gleich? Hey, pst, worum geht es noch gleich? Niederknüppeln den Pöbel! Mein Tee ist schön lack und eiskalt. Es ist ja schon wieder 9:30. Ach so! Ja, das könnt ihr erklären, wenn er seit 1,5 Stunden da... Ja, egal. Ich verstehe nicht warum und ich verstehe nicht wann und überhaupt und sowieso. Und vor allem, was passiert, wenn ich jetzt einfach so mache? Dann kriege ich die Ressourcen von dem Gebäude wieder zurück. Und alles ist wieder gut. Jetzt gehen alle heim. Was haben sie da für Kisten in der Hand? Systemos Getribbeltus, ja, habe ich ehrlich gesagt, auch das Gefühl. Das haben sie aber noch nie gescheit hingekriegt. Nein, dann muss ich die Mechanik halt da rausnehmen, dass mitten in die Produktionsstätten irgendwo ein Aufruhr sein kann. Was ist denn das für ein Scheiß? Da spare ich mir doch die ganze Spielmechanik. Wenn ich dann einfach eine Polizei da hinklatsche, warte Minuten und dann reiß ich wieder. Also, das ist ein Blödsinn. So ein Blödsinn! Was soll mir jetzt lernen? Die Zeit ist gekommen. Nächste Bevölkerungsstufe. Es ist mein Privileg zu dienen. Es ist mein Privileg zu dienen. Vor mir bei der Feuerwehr, ob sie schon Wasserwerfer erfunden haben. Kam so nicht. Neue Optionen! Was haben wir denn da alles? Neue Nahrungsmittel freigeschaltet. Wein! Die Römer schätzen den Wein, weil er den angeschlagenen Geist beleben kann, wenn man es nicht übertreibt. Ja, wenn man es übertreibt, artet es in Orgien aus, habe ich gehört. An die einem Spiel. Wenn nicht, alte 4 deinstallieren, schlechtestes Game ever. Und Käse! Und da haben wir jetzt, waren diese Icons da schon immer dran? Kann ich mir noch nicht merken, was da was ist, aber das schaut aus, als wäre mir das nicht mir. Und das schaut sehr keltisch aus da. Käse! Käse gehört zu den herzhaftesten Köstlichkeiten, die auf Festen angeboten werden. Käse ist wirklich, wer braucht Liebe, wenn es Käse gibt? Oder wenn man Dinge mit Käse überbacken kann. Die Tatsache, dass er von Barbaren hergestellt wird, verleiht ihm eine besondere Note.
Das ist wie indisches Streetfood. Nicht erneut anzeigen. Du kannst dieses Pop-up im Optionsfeld wieder aktivieren. Nein, das lass mich nicht. Das mag ich schon lesen. Das mag ich im schon lesen. Quest verfügbar. Um Gottes Willen, was kriegen wir jetzt alles? Du hast jetzt eine... Du kannst jetzt in andere Provinzen reisen. Du kannst jetzt zwischen verschiedenen Provinzen reisen. Und das schnell. Und das schnell. Ein Schreiben des Kaisers. Die Provinz Albion wartet. Kaiser Gnaeus Firmius Calidus. Calidus, jetzt habe ich mich selber gerade gewundert darüber, dass ich so schnell lesen kann. Beglückwünscht dich. In Anerkennung deiner Leistungen wurde dir das Recht gewährt, Territorium im... Jetzt waren wir fast... regnerischen Albion zu besiedeln. Ein herausfordernder Posten, keine Frage, aber der Kaiser glaubt ganz eindeutig an dich. Wirst du an der Grenze des Reichs mit Gewalt römische Strukturen... Meine Legionen sollten im Osten gegen die Parthava kämpfen und nicht hier gegen das eigene Volk. Du weißt, wenn es dein Maul hältst, was hast du überhaupt für Textur im Gesicht? Die schaut aus wie von 2008. Wirst du an der Grenze des Reichs mit Gewalt römische Strukturen durchsetzen oder die dortigen Bräuche achten? Wähle weise. Stammesfürsten Vorder! Und ihre Skatach haben die Villa des letzten Prätors abgefackelt. Du kannst jetzt Inseln in der Provinz Albion betreten und besiedeln. Du kannst also doch selbst denken. Was ist denn dieses? Zeit, dass du deinen Teil beiträgst. Wenn jetzt Steuern abverlangt. Um das Wachstum und die Macht des Reiches zu feiern, wird ein monumentales Gebäude ungeahnter Dimensionen errichtet werden. Wir brauchen Material. An beliebigen kaiserlichen Repräsentanten liefern. Dianas Leuchtturm. Beton! Ich habe gar keinen Beton! 112 Tonnen. Ist das ein Stund 30 oder ist das ein Minuten 30? Ich hab noch keinen Beton! Gib mir da wieder raus. Scheiße! Ergebnis aktueller Ruf 11. Änderung -5. Ja, dann muss ich auch nehmen. Wenn zur Not kaufe ich einen Beton. Gerechte Männer sind so selten wie Sklaven in Togen. Schauen wir mal. Anfrage des Kaisers. Stunden 21. Ah ja, okay, das hat tatsächlich bloß. Also es verläuft in Echtzeit. Aber, bevor wir mir den... Wie heißen denn die überhaupt? Equites. Weil, man sollte einfach, das kann sich doch keiner merken. Die sind Lips, die sind Plebs und die sind Equip. Die sind Juliusse. Wir nennen die Juliusse. Was haben wir da alles? Sandraffinerie. Braucht ein Hafengebiet und ein Kalksteinbruch. Braucht einen Bergplatz. Naja, das kriegen wir schon. So Beton ist ja gleich gebaut. Wir haben Beton, 30 Sekunden. Der bedient ein Bergbruch. Oder Kalksteinbruch bedient 3 Betonmischer. Und von ihm brauchen wir... Oh Gott, brauchen wir 2. Also... Jetzt nehmen wir so einen Kalksteinbruch daher. Und da haben wir unsere Betonmaschine hin. Betonmaschine! Jetzt sind wir da ja schon hin. Und dann nehmen wir noch das Ding. Das muss wieder irgendwo da an den Rand ran, oder? Ja, war mir schon klar. War mir schon klar. Das tun wir da oben. Wenn man da noch einen Sitz zwickt. Ja. So. Muss gelangen. Das muss gelangen für unseren Pöbel. Weißt du? Aber langsam aber sicher, glaube ich, wird unser Lagerhaus und unser Kontor da nicht mehr gelangen bis da hinten. Darum, wie viel Geld haben wir? Dann haben wir immer noch bei plus 29. Das passt schon. Hoppla. Darum zwickt man da noch so ein Lager her. Zwickt mir da noch so ein Lager her, damit nichts passiert. Wunderschön. Und mein innerer Mann gesagt, das muss da hin. Braucht man für Beton nicht ein Seigel Zement? Ich weiß nicht, wie sie es damals gemacht haben, aber ich glaube, der Kalksteinbruch regelt den Zement. Ich weiß nicht. Lea! You know what time it is? Aus welchen genauen chemischen Zusammensetzungen war vor 800.000 Jahren der Beton im Römischen Reich? Please tell me now! Aquädukte. So, jetzt bauen wir erst mal den Beton und dann fahren wir mal nach Albion und schauen wir uns den Bums noch an. Ja, natürlich passt das da wieder nicht rein. Ja, doch, passt schon rein. Wieso kann ich das nicht bauen? Du kannst jetzt in andere Provinzen reisen. Ja, ist schön für dich. Ach, das war das falsche Ding. Das da brauche ich.
Ich brauche einen Betonmischer. Und den haben wir da her. In einer deiner Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Wo gibt es denn einen Mangel an Arbeitskräften? Ach, wir haben ja schon wieder keine Equips nicht. Aber der Beton wird geregelt, oder? Beton ist gebaut. Was Kalk, Wasser und Vulkanasche. Und der wird betonhart, sodass man Aquädukte bauen kann, die 3000 Jahre später noch stehen. Oder 1000 Jahre später noch stehen. Wann waren es? Römische Reich? Ich habe doch keine Ahnung. Vor 2000 Jahren wahrscheinlich, wenn es auch noch 117 heißt. Aquädukt, was kann das Aquädukt? Sammelt das Quellwasser des Berges, leitet das Quellwasser zur Zisterne. Zisterne verteilt das Quellwasser an umliegende Bauten. Das heißt, wahrscheinlich haben die irgendwann schauen wir mal eine Bedürfnisse, oder? Das ist einmal das Erste. Sie wollen weitere Nahrung, Wein und Käse. Sie wollen eine Zisterne und sie wollen ein Theater. Theater ist meistens nicht so schwierig zum Bauen, das ist einfach bloß hinzimmern und fertig. Was haben wir da noch? Da können wir da noch Fibeln. Was sind denn Fibeln? Herstellung der benötigten Ware möglich. Albion. Was sind denn Fibeln? Schaut irgendwie aus wie Schmuck. Togen! Das weiß ich ausnahmsweise, was das ist. Vulkanasche ist eine chemische Reaktion mit dem Kalk eingegangen, deshalb war der extrem fest und haltbar. Ja, was man fast leider es wissen. Wird hart und gleichzeitig flexibel, desto. Da hat irgendjemand was gelöscht, glaube ich. Kies, Zement, Wasser, Sand. Was doch jetzt, Kind? Zement. Ich glaube nicht, dass der Zement am Baum umwächst und der Römer einfach vom Baum aber glaubt, Sprengmeister. Fibeln sind Spangen, die Klamotten zu haben. Wer sitzt denn mit so einem Scheiß an? Was weiß nie. Merkt mal wieder, was ich für ein ungebildetes Arschloch bin. So, was haben wir jetzt da eigentlich? Ich werde hier sicher nicht alles allein machen. Wir brauchen mehr Equips. So sieht's aus. Wir müssen nur ein paar aufsteigen. Lassen wir doch mal den Block da aufsteigen. Was ist da los? Ave, Prätor. Ich muss leider mitteilen, dass die Überlebenden einer kürzlichen Seeschlacht in die Fänge des berüchtigten Syrakus gelangt sind. Er hat vor, sie als gemeine Sklaven zu verkaufen. Da will ich bloß wieder zusammengeschossen. Lass mich in Ruhe weg. So, wie kommen wir jetzt in das nächste Gebiet um? Da muss ich mit dem Schiff umdüdeln, oder? Diplomatie, Ansehen, Religion, Forschung. Geforscht wird nur, wird Sau, Benachrichtigungen. Die Quest-Scheiße kannst du damit zumachen. Wir erwarten deinen Befehl. Da gehen wir jetzt da her. Und dann fahren wir da Holz und Ziel um und dann schauen wir uns den Bums da hinten an. Hätte ich vorgeschlagen. Da hat man sonst. So, da damit her. Ziegeln, da damit her. Was haben wir da noch? Ach, da kann man wieder Personen einsetzen, die unser Schiff besser machen, aber gut. So, wie fahre ich da um? Wie fahre ich da rüber? Krieg jetzt. Provinz wechseln. In Latium sind wir. Das ist dieses kleine Symbol da, das haben wir offensichtlich doch schon mal gesehen. Jetzt gehen wir auf Albion. Man muss da gar nicht umfahren. Ihr Römer denkt wahrscheinlich, dass dieser Ort seltsam ist. Doch wenn ein Kelte Latium sehen würde, würde er sicher dasselbe denken. Es ist unsere Heimat. Sie ist antik. Ein Römer denkt natürlich, dass es in Albion wild zugeht und will die Ordnung wiederherstellen, es an die Kandare nehmen. Es sind gewissermaßen zwei verschiedene Welten, verbunden durch das Schicksal, doch im Glauben getrennt. Nur du weißt, wie sich diese Welten vereinen lassen. Naja, lass mal die Kelten sein, oder? Fabius Gemellus Corvinus, Prokurator. Du musst der neue Prätor sein. Beim Mars Hilfe können wir wirklich gebrauchen. Du wirst es nicht glauben, Wulfig, aber ich glaube sogar die Römer waren bei uns in Bayern zu dieser Zeit. So. Ich kriege jetzt da einfach ein Schiff oder was? Wir haben Waffen und Holz. Kann ich da nicht? Man kann doch. Jetzt warte mal.
Man kann doch später auch Handelsrouten von dem Gebiet in das andere Gebiet machen. Ich bin doch nicht bescheuert. Muss ich mir da jetzt eine neue Insel suchen? Mal ein bisschen schneller. Fahren wir einfach mal straight auf. Wir besiedeln die erste Insel, die wir finden. Ich sag's, was es ist. Wulfric! Haben die im Winter dann Erkältungen? Schluss jetzt. Abhauen. Abhauen! Merci dir. Schluss. Aus. Die schaut ein bisschen klar aus da, die Insel. Oh, die schaut noch groß. Sumpfgebiet schon hin. Und regnet jetzt wird Flack. Die Frage ist, wo fahren wir da jetzt hin? Wir fahren jetzt da rauf und schauen wir, ob wir noch. Normalerweise ist ja das Gebiet wieder genauso aufgebaut. 4 große Inseln im Zentrum und lauter kleine außen rundum. Gehe ich schwerstens davon aus. An die Fruchtbarkeiten haben relativ gleich. Nein, ich weiß halt noch nicht, was wir brauchen. Fruchtbarkeiten, Kräuter und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Und auf der Insel gibt es zum Beispiel Population! Und Eisen und Kupfer und Silber. Da gibt es nur Eisen und Silber. Was gibt's da? Da gibt es ein Pferdl. Was weiß ich, was für ein Anfang gut ist. Oh, kaum fahren wir da hinten umeinander, kommen Gegner. Ja, ich hab schon gesehen. So, die Frage ist, ob wir mir jetzt da noch. Jetzt warte mal. Ja, die besiedeln, aber so lange nichts, bis ich irgendwas besiedelt. Jetzt fahren wir noch daher. An diese Stelle. Wir haben gerade da herum. Da müsste noch eine Insel sein. Auslagan! Wulfric ist die Definition des Dichters und Denkers. Oh, jetzt geht der Beef dann los. Schluss jetzt mit der Runde 3. Kruzifix. Er dicht und dank. Er eines dichten Denkers. Ihr Trottel. Merci, Schluss jetzt damit. So, kann ich den nur da herbauen, ja. Na, wie ist das gleich wieder gegangen? Was könntest du denn benötigen? Wie habe ich das Ding gleich wieder gebaut? Ah, jetzt. Ist die Insel was? Ja, die ist recht groß. Und vor allem, die ist sehr hügelig. Mal schauen wir das an. Das ist einfach nicht gerade, wie es früher war. Das ist eigentlich bis jetzt, so finde ich, die größte Neuerung im Spiel. Kontor gebaut! Eine der Inseln hat keine Schutzgottheit. Aber ich bin da bei Albion. Dann nehmen wir jetzt da. Weißt du, was halt auch ultra nervig ist? Alle 2 Sekunden blinkt da oben irgendeine Scheiße. Wirst du das Vernünftige tun? Du komische Chinesen schnallen, ich möchte ein geschissenes Darlehen Es geben. gibt kein Zurück. Ich hab 70.000 auf dem Konto! Was Sie dein Darlehen brauchen, oder was? Was mit dir? Besiedlungsanfrage. Tarragon will eine Insel beanspruchen. Wähle Insel ansehen, um zu ihrer Position zu springen. Wenn du andere Parteien erlaubst, Inseln zu beanspringen, schränkt das deine Expansion ein. Es sei denn, du eroberst sie zurück. Was denn für eine Insel? Ach, der fragt mir jetzt zu den Albion hinten. Ja, nimm's nur gerade, mir wurscht. Aber, warte mal, was von ist genau? Das ist die linke. Ja, hat er schon hochgenommen, passt schon. Ja, muss ich sowieso gewähren. Wenn nicht, dann greifen sie mich auch noch, oder? Ich will gar keinen Bock nicht. Da lehne ich mich nieder. Freier Schnauze. Das hast du echt drauf. Was hast du echt drauf? Ja, ich kann es jetzt mal 5 Sekunden in Ruhe lassen da. So, haben wir mal Play. Normale Geschwindigkeit und dann schauen wir uns den Bums einmal noch an, was die Kelten so kennen. Was brauchen wir da jetzt erst einmal? Werkzeuge. Was haben wir da? Villa und Anbauten. Wanderer. Keltisches Haus. Ja gut, den wir mal hineinplanen. Was hat es mit dem Sumpfgebiet auf sich? Müssen Kelten im Dreck wohnen, oder wie verstehen das schon wieder? Jetzt tust du mal so ein Lagerheisel her, damit ich weiß, wie die Größe davon ist. Das zwicken wir jetzt dabei einmal da her. Dann machen wir diesen hier und diesen hier. Kohlen haben wir genügend. Alleine planen. Das wird am Schluss nämlich, die zweite Insel wird auch eine Riesenbums. Oh, meine Nase juckt. Meine Nase hat gejuckt.
So, und dann bauen wir doch da einfach mal Wanderer her. Was hat man sonst? 1, 2. Was ist wir da jetzt mal machen? Da tun wir mal 6 zusammen und nicht 4. Da tun wir 6 auf einen Haufen und nicht 4. Neue Optionen! Schlange! Muscheln! So, mehr Wanderer. Erst einmal, wie wir schon die Möglichkeit haben. Dann machen wir es so. Das sieht doch gut aus. So, wunderschön. Ob der Platz da in der Mitte gelangt oder nicht, das werden wir dann schon herausfinden. So, Wanderer. Also, zum Verständnis, für Leute, die vielleicht nicht ganz folgen können. Wie immer, versuche ich es so, dass ich es als das meiner Mom erklären. Wir haben jetzt in einem ganz anderen Gebiet. Da in dem anderen Gebiet, wo wir vorher waren, da haben wir unsere römische Zivilisation. Und jetzt haben wir in einem neuen Gebiet, in Albion, da ist unsere keltische Zivilisation. Und beide Inseln hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Das ist, glaube ich weiß nicht, ob es in 1602 schon so war oder im 1503, weiß ich es auch nicht mehr so genau. Aber es ist also in mehreren Gebieten einfach verschiedene Zivilisationen aufbauen, die verschiedene Bedürfnisse haben, die verschiedene Fruchtbarkeiten haben, die einfach und grundlegend sich ein bisschen verschieden spulen. Und da ist eigentlich ziemlich wichtig, dass sie die wirklich verschieden spulen. Und das tun sie leider Gottes meistens nicht. Und meistens, und ich bin jetzt so ehrlich, ich bin jetzt einfach so gnadenlos ehrlich, sobald es in das zweite Gebiet da umgeht, eigentlich ist es schon bei der zweiten Insel so, nicht gleich beim Anfang, aber nach einer Zeit, sobald es da in die zweite Insel umgeht, wird das Spui mehr zu Arbeit als zu Spui. Weil, das ist jetzt vielleicht ein bisschen undankbar, ich in meinem Leben so viel auch noch gespielt habe, dass ich ab jetzt genau weiß, was kommt. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Jetzt fange ich nämlich bei den Kelten im Prinzip wieder bei den Plebs an. Bei die schon wieder vergessen, wie es heißen. Bei den Bauern. Dann haben die 2, 3 Bedürfnisse. Dann haben die 2, 3 Bedürfnisse. Gehen wir uns ja einmal noch anschauen. Herzmuschelfarm. Ja, und anstatt einer scheiß Fischerei baue ich halt jetzt da eine Herzmuschelfarm dahin. Ja, und die schaut halt ein bisschen anders aus. Sie tut aber genau das Gleiche. Sie produziert alle 45 Sekunden Herzmuscheln als wahrscheinlich Nahrung für die Wanderer. Wir schauen jetzt mit. Ja. Dann ein Aalfänger. Ah, der muss im Sumpfland. Okay. Ich baue wieder ein einfaches Gebäude. Einziger Unterschied ist, es zwingt mich, dass ich es da ins Sumpfland einbaue. Andere Gebäude zwingen mich dazu, dass ich es im Wald einbaue. Andere Gebäude zwingen mich dazu, dass ich es auf dem Fluss aufbaue. Und. Und da muss ich jetzt einfach so ehrlich sein. Da ist ein bisschen der Blackhawk schuld. Bist nicht. Ich hätte mir sowieso woanders angeschaut. Du hast 50 Stunden da reingebucht. Und ich hab deine Stadt gesehen und so weiter. Wo die übrigens super sauber ausschaut und da gibt es überhaupt gar nichts. Du kannst nichts dafür. Aber ich habe halt auch gesehen, wie weit das Spann noch geht. Es gibt 4 Bevölkerungsstufen. Bauern, bei der 3. sind wir jetzt und dann gibt es noch eine 4. Und es funktioniert wieder alles gleich. Bau da eine Produktion, bau da eine Produktion, bau da eine Produktion, Produktionsgebäude, Verarbeitungsgebäude, fahr das da hin, Bedürfnis erfüllt, ausbauen. Ah, das kannst du auf der Insel aber nicht abbauen, 3. Insel. 3. Insel, Zeug hin und her fahren. Ah, jetzt brauchen wir da aber die 3. Bevölkerungsstufen, also musst alles wieder von vorn machen, wieder Haferbrei bauen, wieder Kleidung, wieder Mützen, dann müssen die wieder zu Plebs aufsteigen auf der 3. Insel und. Und ich sag's, da bin ich jetzt so gnadenlos ehrlich, wer viel auch noch gespielt hat in seinem Leben. Wer viel gespielt hat in seinem Anno-Leben und dem 70 € nicht wehtun. Sag ich, ja, kannst du machen. Es ist halt auch noch. Ja, also, ich beschwere mich ja nicht. Es funktioniert wunderbar.
Ich habe jetzt nicht recht viele Bugs gesehen, eigentlich so gut wie gar keinen, außer dass unsere Handelsrouten da mal ein bisschen umeinander pimmelt hat. Ich weiß nicht, ob da später noch gravierendere Sachen kommen. Wenn du noch kein Anno gespielt hast, kauf dir das Neue nicht. Was hier? Also du bist absoluter Römer-Fanatiker und dir gefällt diese Zeit und so weiter und so fort. Ansonsten schau, dass du irgendwo einen Key herkriegst für Anno 1800, für Gold Edition, wo alle DLCs dabei sind. Das hat einen Umfang, den du unter 200 Stunden nicht fertig kriegst. Wenn das Spielprinzip gefällt. Aber das da für 70 €, das zieht da einfach nur Zeit aus der Tasche für ein Spiel, das nichts neu macht. Ich hab nie, seien wir mal ehrlich, nichts in dem Spiel ist neu. Ich hab nicht gesagt, dass das Spiel schlecht ist. Es ist auch noch. Ich hab das so erwartet, aber neue Dinge, außer der Reskin von Anno 1800, später im 18. Jahrhundert, beziehungsweise im 19. so ein bisschen so kurz vor Industrialisierung und so weiter, ein bisschen moderner natürlich als die alten Spiele wie 1403, 1602 und so. Und ist so viel umfangreicher. Und das gleiche Spiel. Der Blackhawk sagt es auch, es ist schön, dass er mir dazu stimmt, vor allem, ich rede mir jetzt natürlich wieder leicht, ich hab jetzt da 5-6 Stunden eingespielt. Das ist nix. Er hat 46, aber gibt mir recht. Das ist schön zu hören. Es ist okay, aber für mehr reicht's nicht. Anno kann halt nicht mehr viel Neues reinbringen oder drastisch ändern, weil es dann kein Anno mehr wäre. Das ist richtig, aber irgendwann muss ich dann halt einmal aufhören, neue Annos zu machen. Seien wir uns ehrlich. Oder ich muss das neue Anno 117, zumindest ansatzweise auf das Umfang-Level bringen, wenn es rauskommt, vom Vorgänger und seine 28 DLCs. Oder ich muss einfach aufhören, die DLCs auszuschlachten, dass das Spiel so umfangreich ist, dass jeder bloß noch sagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr zum Spielen, das ist zu viel Zeug, ja, machen wir ein nice, fangen wir von vorne an. Also du kannst es nie jemandem recht machen. Aber ich sage euch jetzt etwas in ganz, ganz furchtbar ehrlich. Spiel kriegt von mir, so wie es ist, da die jetzt die anderen Annos nicht kennen, wahrscheinlich ein 8 oder 9 von 10. Das ist ein Anno, wie ich es mir wünsche. Ich finde, es ist einigermaßen anständig umgesetzt mit diesen Römer und Kelten. Es ist ein cooles Setting. Es funktioniert. Das war's aber. Das war's aber. Da müsst ihr jetzt einen direkten Vergleich sehen. Grafisch habe ich den Eindruck, hat sich zu 1800 nicht recht viel da. Habe ich einfach den Eindruck. Und sowas ist dann bei einem ruhigen Aufbauspiel dann doch nicht ganz unwichtig, finde ich. Für das, wie es ausschaut, finde ich, braucht es sogar ziemlich viel Leistung. Ich pimmel da mit 100 FPS umeinander. Für das, wie es ausschaut, um ehrlich zu sein, und da steht noch nicht mal recht viel, da steht noch gar nichts. Später ist die ganze Insel dazu gepflastert. Habe letztens eine Streamerin zugeschaut, die 30 Stunden in Dekorationen gesteckt. Das ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen. Also es gibt genügend. Ich hätte gern noch die Geduld, dass ich mich hinsitze und wir wechseln inzwischen Provinzen. Wie wechsle ich zwischen Provinzen? Das haben wir vorher gerade da gehabt. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Bitte wechseln. Bitte Provinz wechseln, blöd! Bin ich bescheuert, oder was? Bitte wechsel Provinz. Provinzkarten, da haben wir es. Latium, wie können wir dann... Kann ich das dann da hochklicken? Weltkarte aufrufen? Warte mal. Oh, wir haben sogar wirklich so eine Art Weltkarte schon hin. Da ist Latium und wo ist... Ah, und da oben ist Albion schon hin. Das darf der italienische Stiefel sein. Da habe ich so das Gefühl. Und das da oben, das schaut mir ein wenig an, wie schaut mir das an wie England. Wenn ich da dann draufklicke. 1 Latium, 2... Oh! Oh, mit Numpad 1 und 2 kann man hin und her switchen. Ist mit Sicherheit in Anno 1800 auch schon gegangen, bloß weiß ich nicht mehr. Aber ist ja vollkommen wurscht. Da sehe ich jetzt schon die DLC verortet. Und genau um das geht's. Genau um das geht's. Das guter Punkt springen. Da hätte ich jetzt nicht drauf aufgepasst. Ich weiß ja nicht, wie viele Provinzen jetzt im Hauptspiel da noch kommen. Wir haben da Omat, da oben ist Albion und da hinten ist Latium. Also da unten ist halt das Römische Reich, da oben das Keltenreich. Und du siehst, wie groß das da, mich wundert selber, deswegen habe ich so lange gebraucht zum Finden. Warum ist Albion so verfickt weit weg?
What the fuck? Ja, ist ja vollkommen wurscht. Siehst du, wie groß das diese Weltkarten ist? Da ist noch so viel Platz für andere Provinzen, die alle per DLC kommen und 10, 20 Euro kosten. Aber gut, da dürfen wir jetzt auch nicht besser sein. Jeder weiß, dass bei Anno DLCs kommen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Nicht alle DLCs in Anno 1800 waren richtig geil, aber ein paar waren dabei, aber ich denke, das ist schon cool. Wenn du diese Eisgeschichten da mit den Zeppeline und so weiter, dann das war schon ganz nett, aber es war halt wieder das Gleiche in Grün. Es war halt einfach wieder das Gleiche in Grün. Und darum sage ich euch jetzt was. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr. Sehr viel geredet jetzt, aber eigentlich wollte ich bloß sagen, Leute, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich in meinem Leben so viel Anno gespielt, dass ich keine Lust mehr habe. Weil ich genau weiß, was jetzt kommt. Gibt es Anno im modernen Setting? Ja, gibt's. Es gibt ein Anno im Jetzt-Setting gibt's keins. Da würde ich dann Transport Fever empfehlen. Das, was unserer Zeit am nächsten kommt, ist das letzte Anno von Anno 1800. Inklusive DLCs. Der Chris Werner schreibt, danke fürs Aufhören. Ich glaube auch nicht, dass man da irgendetwas besser ist. Verständlich, wenn die Innovation ausgeht. Ich kann mir halt jetzt da nicht hersitzen und so da, als wäre es eines der besten Spiele jemals, wenn es es nicht ist. Hock auf unten Arc Raiders. Nein. Wie ich schon sagte, bin ich wirklich relativ im Arsch. Ich war bis um 4 Uhr wach und hab Jahresmerch scheiße fertig gemacht und nur einen NX habe ich auch noch umeinander gebaut. Du bist gut, was mache ich noch heute noch? Ja, pff. Weiß nicht. Habt ihr die große Töne gespuckt, das soll ja am Christkindlmarkt sein. Ich meine so um 1900 bis 195. Was? Du meinst wahrscheinlich 1950, gell? Dann spiele ich auch noch 1800. Das ist so... War doch jetzt schön entspannend. Das ist richtig, ja, aber ich hab jetzt keine Lust mehr. Weil ich nicht weiß, weißt du, was ich gerade für einen Moment habe? Und den kennt mit Sicherheit jeder, der ein bisschen öfter spielt. Was mache ich hier eigentlich? Was zum Fick mache ich hier eigentlich? Daselgon schreibt, apropos Arc Raiders, ist es an mir oder werden die Lobbies bei euch auch aggressiver? Das war eine Frage der Zeit. Ich habe schon eine Zeit nicht mehr gespielt, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe momentan einfach keine Zeit zum Zocken. Sage ich freiwillig, was ist. Es war eine Frage der Zeit, dass die Community in Arc Raiders so freundlich bleibt. Da hat jemand, wer das glaubt, hat noch nicht Fake nur Multiplayer-Shooter gespielt. Ich war schon fasziniert darüber, dass überhaupt so don't shoot und dann schießen Leute wirklich nicht. Das hab ich noch nie gesehen. Am Anfang in DayZ vielleicht ab und zu mal, ja. Aber dass sich das legen wird, wenn alle mal die Matriarchin killt haben, die Queen killt haben und eigentlich das Spiel dann kennen, was macht man dann? NPCs killen ist irgendwie langweilig. Okay, gehen wir Spieler ficken. Multiplayer ist toxisch. Jeder Multiplayer ist toxisch. Mit der Einstellung muss man schon hingehen. Cyberfox! Magst du meine Frau noch zum Geburtstag grüßen? Liebschau. Cyberfox in! Alles Gute zum Geburtstag. Merci dir, Mr. Cyberfox. Foxin, da sich der Fox nicht fragen traut, er darf halt gern noch, weiß ich. Ja, deswegen frage ich für ihn. Weil an einem Geburtstag von der Alten, da fragt man sowas nicht. Aber heute ist Freitag, trinkt einen Glühwein, eine Zipfel, passt schon. Cyberfox, merci dir. Ich sag dir jetzt was. Ich mag nur mehr. Es ist wirklich gemütlich. Also, da gibt's gar nichts. Spiel funktioniert, macht. Na, wer jetzt gerade Bock auf ein Anno hat, der kann reinsuchten. Trotzdem, bevor du das kaufst und du hast noch kein Anno 1800, kauf dir lieber Anno 1800 Gold Edition mit alle Add-ons von irgendeinem Keyseller und können wir mal schauen, was kostet das. Ich sag das, was ist. Ich bin dermaßen miert, dass wir gleich vom Hocker wieder rein. Aber es tut so gut.
Hätte ich mir mal auch noch nicht, ja, wobei, was heißt, hätte ich mir mal auch noch nicht gekauft, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Blödsinn. Ich war jetzt geknickert für den Game Pass für 27 Euro, weil man denkt, Anno geht eigentlich immer, ja, kauf's. Am 12.12. kommt PoE Season, da habe ich sowieso wieder keine Zeit mehr für gar nichts und bis dahin möchte ich Annex fertig kriegen, oder zumindest, was heißt fertig kriegen, Feature Complete kriegen und für die Runde vorbereiten für die neue und ich sage euch was, wir starten eine neue Annex-Runde vor Weihnachten. Ein Herr Birger macht sie wieder mal die Weihnachtsferien sehr wahrscheinlich kaputt. Aber mei. Polzt euch einmal, wer mitspielen möchte natürlich, polzt euch einmal am 19. oder 26. Dezember im Auge. Eher am 19. Eher den 19. Und wenn ich es bis dahin nicht geschissen kriege, weil ich in PoE versinde, dann am 26. Ich hab's geliebt, das auch Zeugs, aber es hat sich verlebt. Nicht bös gemeint. Jeder kann seine freie Meinung äußern zu einem Spiel. Ich hab's einfach schon zu oft gespielt, dass mich das jetzt da motiviert und ich sehe nicht genügend Neuerungen. Und bloß weil es anders ausschaut, spielt sie sich immer noch gleich. Ich hab so das, ich weiß, was sie sich anfühlt. Die Kuh ist gemelkt. Die Kuh wurde zu Ende gemelkt bei Anno 1800. Und es bestätigt sie wieder mal, was ich gesagt habe. Meine Vermutung war, leck, was wollen sie mit Anno 117 nochmal? Das habe ich damals schon gesagt, wie Anno 1800 rausgekommen ist. Und ohne DLCs. Bis ich da durch war und mir denkt, Alter, was wollen sie denn jetzt eigentlich noch machen? Das nächste Anno tut sich richtig hart. Was möchtest du jetzt noch machen? Dann haben da 1000 DLCs dazu gekommen und es hat einen Umfang, dass dann Schädel zerreißt. Und jetzt ist es, wie es ist. Ich sitze da und denke mir so, gerade weil ich jetzt schräg bauen kann, habe ich deswegen auch nicht Bock, jetzt da 200.000 mal das gleiche Gebäude und die gleiche Produktionsketten aufzuziehen. Ich weiß jetzt auch nicht. Naja. Herr Bernie, gute Nacht miteinander. Triple F wird Mods und schönes Wochenende. Aber dritt, schleichen Sie sich davon. Alle, die Sie natürlich nach dem Gameplay schleichen Sie sich davon. Hinterlassen Sie einen Like-Button. Trotzdem vielleicht, das würde mich sehr freuen. Und das Allerwichtigste ist, am Sonntag um 2 Nachmittag Video anschauen. Wichtigste. Herr Starter, zu Weihnachten wieder irgendwas reinkippen, da bin ich dabei. Du machst wieder genauso viel Stress, dass ich den ganzen Tag vor dem PC sitzen muss. Nein, ich bin mittlerweile wirklich mit Annex, bin ich wirklich gut dabei. Ich bin wirklich gut dabei. Und dann haben wir da irgendwas, was ich jetzt sagen kann. Ich habe die letzten Tage nicht so viel drauf werken können, weil ich eben Jahresmerch-Zeug fertig gemacht habe. Aber da haben wir doch was Schönes. Letztes Mal hat sich jemand beschwert, das ist so winzig klar, ich habe einen 4K-Monitor. Da gebe ich dir einen Pro-Tipp, drückst du mal Steuerung plus in deinem, Steuerung Mausrad nach oben in deinem Browser. Und kannst einfach so mal. Wen es interessiert, es ist mein Browser-Game. Wenn nicht weiß, was ein Browser-Game ist, es ist wunderschön. Und basiert auf Echtzeit. Es schaut jetzt da für die vielleicht ein bisschen aus nach Command & Conquer und so und dann klicke ich jetzt den Space Marine an und dann schicke ich den daher. Nein, so funktioniert es nicht. Da muss man sich ein bisschen alleine fuchsen. Aber das mag ich jetzt nicht erklären, da bin ich zu faul. Was ich gerade noch bastelt, und dann sind wir Feature Complete, ist die Schrottpresse. Wir haben eine Schrottpresse, die ist natürlich noch nicht fertig, die habt ihr im Live-Spiel noch nicht. Da kannst du deine Truppen verschrotten und kriegst einen Teil der Rohstoffe wieder zurück. Wer sich fragt, was zum Fick ist das? Das ist eine NPC-Truppe. Es gibt ja ein paar Leute, die es spielen. Schon, oder halt testen, besser gesagt. Was ist denn das da? Das sind NPC-Truppen. Ich werkel gerade umeinander, dass man selber NPC-Truppen umeinander schicken kann. Wir haben mittlerweile auch NPC-Kolonien und die NPCs habe ich ein bisschen ausgearbeitet auf jedem Planeten und. Die kann man auch angreifen und sie greifen auch zurück also irgendwann einmal. Und das ist einmal das erste Feature, was wir noch fertig machen, also dass man Truppen verschrotten kann. Und in der Abwehrstellung bauen wir noch eine aktive Flak hinein, dass man eingehende Raketen abfangen kann. Man muss vorher Munition produzieren. Das dauert halt ein bisschen, ja, damit du nicht einfach auf den Knopf drückst und zack, das Ding ist weg. Und wenn dann eine Raketen kommt, kannst du die abfangen und dann platzt die. Außer die Raketen hat Flares verbaut, dann brauchst du 2 Schuss. Das ist einmal so grundlegend. Und wenn das drin ist, bin ich soweit eigentlich, sind wir eigentlich Feature Complete fürs Erste. Und dann rein mit euch. Natürlich wird es überall noch irgendwo Fehler geben und es ist nie fertig, das Teil. Aber dann wird es schon langsam.
Das heißt, in den nächsten Wochen muss ich euch irgendwann einmal, meine hat es heute nicht durchgeschafft. Was hat's nicht sprengen, das wollte ich auch gerade fragen. Kann man dann auch ein Flaggschiff bauen? Absolutely not. Ich weiß nicht, ob du dabei warst beim KCD2 Stream. Egal. Halt, stopp noch! Was schaut das Monster aus? Alien, was noch? Ich komme nicht drauf. Es hat sehr viele Einflüsse. Ich habe mir die Zeit nicht. Also, mal das Allerwichtigste. Alles, was da optisch ist. Ja, ist alles mit KI generiert. Das gebe ich freiweg zu. Ich bin Single-Dev. Wenn ich diese Dinger da selber zeichne, dann brauche ich nochmal 5 Jahre. Das Einzige, was ich tue, ich bearbeite die Sachen natürlich nach, so wie ich es dann haben will. Ich lasse mir die Sachen generieren und dann baue ich das selber zusammen, wie ich es haben will. Das ist das Schöne an der isometrischen Darstellung. Ich kann einer KI zum Beispiel sagen, gib mir Assets, die zum Beispiel zu der Kuppel da passen. Antennen und Kabeln und Fassel und was weiß ich, was alles sehen. Und dann kann ich das sauber zusammenbauen und nachbearbeiten und so weiter und so fort. Weißt du noch, was das Ding ausschaut? Es hat Einflüsse von Zerg aus StarCraft. Es hat Einflüsse aus, wie heißen die Köpfe in Doom? Wie heißen denn die fetten Fleischbatzenköpfe, die in Doom nachfliegen? Mit dem großen Augen in der Mitte. Und die Tentakeln da rundherum, die erinnern mich am wenigsten an irgendwas. Es hat so einen brauner Chitinpanzer oben, einen weichen Unterkiefer mit gefletschten Zähnen und Schleimbatzen und so weiter und so fort. Mother Brain aus Super Metroid Vibes. Oh, stimmt. Der Kako-Dämon. Was war denn der Kako-Dämon? Die Betrachter oder wie die heißen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißen. Was ist denn der Kako-Dämon? Mal schauen. Kako-Dämon. Ein Kako-Dämon ist ein böser Geist oder Dämon. Das Gegenteil eines Kako-Dämon ist ein Agatho-Dämon. Hä? Was die wirklich so? Naja gut, also bin ich echt, das ist jetzt der Zeug. So schaut jetzt der Kako-Dämon aus Doom aus. Aber ja, das eine große Augen in der Mitte erinnert halt dran. Gibt auch nicht bloß die NPCs. Ich habe mir eine kleine Geschichte ausdenkt um das Ganze rundherum, damit wir jetzt wieder von vorne fahren können. Was haben wir noch? Da haben wir diese Typen. Auf dem Magma-Planeten sind einfach augenlose Storviecher, die eigentlich relativ ruhig sind, aber wenn du das anfängst, dann kriegst du aufs Maul. Was haben wir noch? Dann haben wir eine verrückt gewordene KI auf dem Eisplaneten leben, die ein bisschen verblödet ist und die den ganzen Tag auslacht. Was haben wir noch? Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber das, was am wenigsten zusammenpasst, hat mir gedacht, ist ein Sandplanet mit Schleimviecher drauf, der sich den ganzen Tag darüber aufregt, dass alles so geschissen sandig ist und dass er sich nicht gescheit bewegen kann. Also ist er eins wohnen mit dem Sand. Und dann haben wir am Schluss da was, das passt mir noch überhaupt nicht, das schaut nicht weder gut aus noch irgendwas. Das ist der KI ein bisschen schwierig zum sagen, wie ich das haben will. Das sind halt die Teufel da. Das ist so der Endboss. I hate sand, it gets everywhere. Was, Skibidi Toilet ist auch beim Bierger? Nein, was ist denn Skibidi Toilet? Alter, das hast du aber jetzt gar schön aufgebaut, oder? Ja. Ich hab von den ersten Satz 3 Monate pure Arbeit. Von in der Früh, also in jeder freien Minute, teilweise bis um 3 in der Früh, mitten unter der Woche, am nächsten Tag ausgeschaut wie der letzte Vollidiot, überall nichts geschissen gekriegt, aber trotzdem einfach weitergemacht. März, April, Mai und Juni, das waren 4 Monate. Hab alles umgebaut, auch in schneller, sauberer, strukturierter. Da seht ihr es nicht viel davon, aber für die Wartungsfähigkeit ist das war unendlich viel Arbeit. Es ist sicherer, es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, wenn du da drin der E-Mail plus der E-Mail-Passwort benutzt, bist du selber schuld. Ich habe alles mobile-fähig gemacht. Das bedeutet, so schaut es auf dem Handy aus. Jedes Menü ist mit dem Handy bedienbar und funktioniert genauso wie am PC. Also am PC tust du natürlich leichter, weil ganz ehrlich, Karten und so weiter auf dem Handy darstellen ist einfach nicht das Geilste, aber es funktioniert. Das hat mit Abstand am längsten gedauert.
und bringt im Prinzip nichts. Für euch schaut das Spiel nach wie vor noch ganz genauso aus. Dann, was natürlich komplett neu ist diese Karten. Das hätte ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Karten von früher noch kennt. Die war einfach 2D von oben Ansicht, hat furchtbar langweilig ausgeschaut. Und jetzt ist das Ding halt einfach eine isometrische Karten mit dynamischen Animationen. Davon, vielleicht sehen wir auch gerade ein bisschen was. Ja, fährt gerade keiner rum. Es ist ja gerade keiner aktiv. Diese Kolonien, die sie da seht und die ganzen Bunkerl, das sind Spieler von vor 5 Jahren bis heute. Das ist ein riesen Clusterfuck. So schaut das später nicht aus. Ich würde mir wünschen, dass es später so ungefähr ausschaut. Da hat irgendjemand was im Chat geschrieben. Bornelgrammer. Ja, läuft Best Game am Handy seit langem. War das jetzt ein Fangelaber oder war das gut? War das ernst gemeint? Muss der Bornelgrammer, falls ja, dann merci. Ja, genau. Und ansonsten habe ich einfach 1 Million Fälle ausbessert. Das Kampfsystem ist komplett neu. Kampfsystem und Truppen sind komplett neu. Es ist nicht einfach nur, ja, ich habe 800 Truppen, die schicke jetzt du, jetzt sind sie alle weg. Wie funktioniert eigentlich der Kampf? Keine Ahnung. Komplett neu gemacht. Gibt verschiedene Truppentypen, Steinschere, Papiersystem, Infanterie, Fahrzeuge, Flugzeug, haben relativ gleiche Werte, aber Infanterie ist zum Beispiel stärker gegen Flugzeug, dafür ist Fahrzeug stärker gegen Infanterie und umdreht und so weiter und so fort. Komplette Raketenkacke ist komplett neu gemacht, es ist alles schneller, es sind weniger Fehler drin, etc., etc., etc. Wo finde ich das Game? Sieht spaßig aus. NX.gg. Einfach NX.gg. Das Allerwichtigste ist, in anderen solchen Spielen, man sehen, Spiele gibt es bis anderem mehr. Und die haben wahrscheinlich auch alle technisch besser wie meins. Ich bin kein gelernter oder studierter Programmierer. Ich mache einfach, wie ich es mit allen Dingen mache. Es ist mir scheißegal. Aber das Ziel ist ganz klar, eines der besten und spaßigsten Browser-Games zu machen, das es gibt. Und in anderen Spielen ist es gern so, wenn du da Gebäude ausbaust. Nehmen wir mal zum Beispiel, ich bin jetzt da, jetzt mag ich mal ein Gebäude ausbauen, das ist mein Netzwerk-Hub, da kann ich mir mit anderen Spielern zusammen da und uns gegenseitig Rohstoffe schicken, das ist ein Blödsinn. Das baue ich jetzt aus. So, das dauert jetzt 2 Stunden und 2 Minuten. Zack. Dann dauert das auch 2 Stunden und 2 Minuten. Du kannst dich auslocken, du kannst dein Handy in die Hosentaschen einschieben, das läuft im Hintergrund weiter. So. In anderen Spielen passiert aber jetzt Folgendes. Flupp, da unten geht der Shop-Button auf. Jetzt die Bauzeit um 50% verkürzen. Mit nur 800 Tokens. Klickst drauf, hast Tokens verbraucht. Gehst in den Shop rein, kauf Tokens. Gibt's hier nicht. Ende. Ende des Gesprächs. Es gibt keine nervige Warteschlangen. Du kannst gleichzeitig so viele Gebäude bauen, wie du willst. Du kannst gleichzeitig nicht ganz so viele Angriffe bauen, wie du schicker, wie du willst. Das ist an die Kasernenstufe natürlich gebunden, damit du nicht, was weiß ich kann jetzt aktuell 5 Truppenbewegungen ausschicken, also Angriffe gleichzeitig ausschicken und mit jeder Gebäudestufe kriege ich einen weiteren Slot dazu zum Bauen und. Alles, was die besser macht, musst du da spielen. Okay? Wie schreibe ich das? anex.gg ist Internetadresse. Wie hoch sind die Serverkosten? Nicht der Teufel. das kann ich, jetzt ist ein Witz. Jetzt 0. Jetzt sage ich gerade 0. Das ist ein Witz, was das jetzt kostet. Wurscht. Aber wenn da einmal ein paar Leute drauf sind, dann kann es natürlich sein, dass ich die Serverlast aufdrehen muss. Und dann fängt es an, Geld zum Kosten. anex.gg. Wo läuft das? Hast du da Server gemietet? Ja, sicherlich. Dere, wie heißt das Spiel? Ich suche ich gleich mal im App Store. Gibt es nicht im App Store. Es ist ein Browser-Game. Das ist wie Internetseiten. Gehst auf anex.gg. Du brauchst keine App installieren. Das ist ja das Schöne. Wird zwar vielleicht irgendwann kommen, weil man natürlich dadurch ein bisschen besser gefunden werden kann und so, das ist ja eh klar. Aber, ja. Ich glaube, es läuft auf einem Raspberry im Bürgersheim noch. Am Dachum sprenge ich. Die geht mit der Windanlage. So. Du kannst dir in dem Spiel keine Vorteile kaufen. Gibt es nicht. Keine Bauzeiten, keine Truppen, keine Ressourcen, keine Rohstoffe, nichts. Alles, was du da drin, jeder, egal wie viel Geld du da reinbutterst, spielt gleich. Jeder. Ich habe vor 10 Jahren damit angefangen, mit dieser Philosophie, und die bleibt so. Vorher schalte ich das Spiel aus. Solange ich da was zum Sagen habe. Okay? So.
Zweitens, wie verdienst du da noch Geld? Das kannst du nicht einfach so machen. Nein, tu ich ja nicht. Das sage ich dir gnadenlos freiwillig, wie es ist. Das mache ich nicht umsonst. Da steckt so viel Arbeit drin, dass alle anderen meine Projekte eigentlich ein Witz sind. Es gibt einen Support-Job. Den gibt es. Den kannst du bedienen und reinbuttern, was du willst, wenn du das für richtig hältst. Da werden wir den Betrag wahrscheinlich nur auf 5 Euro erhöhen, weil 3 Euro hört sich einfach beschissen an. Bei 5 Euro geht keiner kaputt. Das ist einmal das Einzige. Dann gehst du her, akzeptierst die AGBs, kaufst einen Supporter-Account, macht so, zack, ich habe einen Supporter-Account. Fertig. Was kann er, das ist quasi, hey, ich finde das Spiel geil, ich habe da, was weiß ich, wie viele Stunden eingebuttert, da hast du einen Fünfer. Dann kriegst du einen Supporter-Account für die aktuelle Runde, der wird beendet, wenn die Runde zu Ende ist. Eine Runde, und das ist die allerwichtigste Information, wir fangen mal alle 4 bis 6 Wochen wieder von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne. Und gewonnen hat der das Spielziel als erstes erreicht. Netzwerk, baut Bauteile, eine Rakete, haut aus dem Sonnensystem ab, durchgespielt. Dann dauert es eine Woche, dann machen wir einen Reset und jeder fängt von vorne an. Dann ist der Supporter-Account weg. Du kriegst eine Kleinigkeit für den Supporter-Account, du kriegst ein kleines Icon. Das kannst du in deine Einstellungen dann zusammenbauen. Ich habe zum Beispiel da orange, ich weiß nicht, was sei soll, ich glaube ein Hirn. Also ich habe halt einen Supporter-Account, den hat sonst noch keiner. Ein paar Leute haben noch testweise. Da kannst du einen Totenshell reinmachen und den kannst du dann gelb machen und dann hast du da Ranglisten und dann wird das kleine Symbol hinter deinem Namen gezeigt. Und zum Beispiel, wenn jemand deine Kolonie klickt und anschaut, wird neben deinem Namen der kleine Totenkopf in gelb gezeigt. Ja. Dann haben wir da zum Beispiel einen Sturmlakai, der hat eine pinke Burg. Dann haben wir da einen Kaletzel, der hat einen Zauberstab. Dann haben wir noch so der Bayernbur oder grüne Glocken. Und die Symbole, die man auswählen kann und so weiter, die werden ständig erweitert und. Und was es noch gibt, ist eine Supporter-Rangliste. Da steht dann dein Name drin. Das wird sortiert, nachdem wie viel das gezahlt hast. Und die anderen Leute gezahlt haben. Es steht aber nicht dort, wie viel das gezahlt hast. So. Also, bevorzugt die Bonzen mit Icon hinterm Namen angreifen. Richtig. Fix läden schon wieder zu spät. Abo-Falle! Du, ganz ehrlich, nirgendwo in dem Spiel, irgendwo in den Menüs oder sonst irgendeiner Scheiße, werde ich dir auf den Sack gehen mit, hey, hast du eigentlich den Support-Account schon mal gesehen? Sicherlich kommt irgendwann einmal, was weiß ich, werde ich irgendwann einmal darauf hinweisen. Natürlich tue ich das. Ansonsten wird das Spiel nichts kosten. Mit wiederkehrendem Vibe, glaube ich, wird das nur ein Spiel für einen sehr kleinen Kreis. Ja, aber du kannst ja nicht bis in die Unendlichkeit. Soll ich dir mal was zeigen? Wir tun das jetzt halt ohne, dass wir irgendwo... Jetzt pass auf. Ne, warte, machen wir es anders. So geht jetzt der scheiß Logart nicht. Ah ja, haben wir schon. Da muss ich grundlegend kurz was erklären dazu. Zeige dir was. Also. So schaut meine Kolonieansicht aus. Da baue ich Gebäude, hihi und so weiter und so fort. Ich habe aber halt nicht bloß eine Kolonie. Du verwaltest nicht nur eine Kolonie. Klickst du da drauf? Ich habe mehrere Kolonien gleichzeitig. Ich starte mit einer. Dann habe ich da eine zweite Kolonie, eine dritte, eine vierte, eine fünfte und auf dem Magma-Planeten, der übrigens da irgendwo rumguckt, hier Metis, blub, Planetenoberfläche, habe ich auch 2 Kolonien, auf dem ich andere Rohstoffe fördert und lauter so einen Scheiß. So. Sagst du, wie viele Planeten das gibt? Es gibt 5 verschiedene Planetentypen. Von jedem Typ gibt es vielleicht mindestens einen Planeten, vielleicht damit 2 oder 3. Ich habe mein eigenes Spiel nicht so weit gespielt, dass ich bis zum Plasmaplaneten komme. Okay? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Kolonien. Und die schauen alle anders aus übrigens. Da ist der Hintergrund auf dem Magma-Planeten ein bisschen anders. Warum es da jetzt regnet, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber das ist egal. Bau da gerade Gebäude aus, dann gehen wir da rein, Miete. So, ich habe quasi immer was zum Tor, so ein bisschen. Ja, meine Rohstoffproduktion wieder ein bisschen antreiben, gleich mal weiter ausbauen, das hat noch nie nicht geschaut. Was haben wir da noch? Lager gehört auch gleich ausgebaut, hat auch noch nie nicht geschaut. Haben wir gerade einen Rohstoff in der Naten? Jawohl, Silikat, wir brauchen einen Rohstoffextraktor, den können wir noch nicht bauen. Kaserne ist 3. Was haben wir da? Abwehrstellung, Tech Center, können wir noch nicht bauen. Zimmern wir da hin, gehen wir weiter. So, auf was ich jetzt
Das ist ja wie Anno, oder? Nicht so komplex wie Anno. Es ist nicht so, dass du da Produktionsketten aufbauen musst und so. Jetzt Gebäude hat im Prinzip kann was anderes. Kraftwerk stellt Energie zur Verfügung. Abwehrstellung gibt der Bonus beim Verteidigen. Entweder beim Raketenabfangen oder beim Angriffe austragen. Du hast ein Hauptquartier. Zeigt da alle deine Kolonien an und ein paar Stats, die du hast, kann eine Wettervorhersage machen, kann ein Bauschiff konstruieren, mit dem du eine zweite Kolonie gründen kannst und dann kannst du hin und her springen. Und. Also du expandierst halt, du expandierst so durch die Planeten durch. Und irgendwann schauen wir uns einmal diese Ranglisten an. Ich bin in meinem eigenen Spielrang 46. Warum? Weil ich nicht so viel spiele, sondern nie programmiere halt. So. Wie einfach jedes Mal das komplette Spiel von vorne wieder erklärt, ist mir scheißegal, springe, leg mir am Arsch. Wenn mir jemand so fragt, dann muss ich es ihm erklären. Und wenn bloß einer drin sitzt, der Rest traut sich nichts sagen und dann muss ich es ihm erklären. Jetzt zeige ich dir was. Jetzt gehen wir mal auf Rang 1. Nehmen wir einen aktiven Spieler, der über den Sommer getestet hat, ein paar Monate, Leuchtrauschkugel. Oder auch das ist so ein Atox. Aber die Leuchtrauschkugel ist noch mit 3 so groß. Die Leuchtrauschkugel hat 89 Kolonien. Und 110.000 Punkte. Weißt du, wie das ausschaut bei dem? So, bei ihm schaut jetzt die Kolonie zum Beispiel so, ich bin jetzt als er eingeloggt. Ja, ich leuchte nicht stressen, ich tue nichts. Aber weißt du, wie bei ihm das ausschaut, wenn er sein Koloniefenster aufmacht? Der hat ein paar Minuten in dem Spiel versenkt. Ein paar. 1, 2, 3. Und das ist der Grund, warum wir irgendwann resetten müssen, weil irgendwann alle Planeten vollbaut sind. Und es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Du brauchst ja ein Ziel, auf das du hinarbeitest. Und das Ziel ist, wer als Erster die 10 Bauteile baut und den Kreuzer zusammenbaut, mit dem er dann abhaut, ja, im Prinzip nur auf einen Knopfdruck, da haben wir es jetzt geschafft, haben wir ab, blub, gewonnen. Der hat gewonnen. Und dann gibt es sogar eine kleine Geschichte, die ist noch nicht fertig, ja, das sind so Rahmenbedingungen meiner Geschichte, die ich immer versucht habe auszudingen. Der Tau-Protokoll. Warum das so ist? Wenn sie dann irgendjemand aus dem Sonnensystem verschwinden will, ja, da gibt es tatsächlich ein bisschen was zum Lesen, sogar mit Beutel und so weiter und so fort. Hey, ich habe mir Mühe gegeben. Da haben noch alte NPC-Beutel drin, ist natürlich nichts final. Ist einfach mal zusammengeschustert, mal geschaut, passt schon. Da. Und am Schluss das falsche Erwachen. Bip, System Reset, bla bla bla. Kann sich ja jeder mal durchlesen, dem langweilig ist. Also es gibt sogar eine kleine Geschichte, warum das dann wieder von vorne fängt. Welche Sprache ist das Spiel geschrieben? Rein Frontend JS oder Backend mit Golang Java? Ich habe keine Ahnung, was Golang ist. Ich weiß natürlich, was Java ist, aber Java ist es nicht. Frontend ist natürlich HTML, CSS, JavaScript und Backend ist PHP, MySQL. Sonst noch irgendwas? Ich benutze natürlich Bibliotheken wie zum Beispiel Bootstrap fürs Layout. Das hat sehr viel geholfen, vor allem für die Mobile-Scheiße. Und ansonsten ist ja eine Mischung aus JavaScript und PHP natürlich in Form von Ajax. Das ist alles. Da sitzt sie schon ziemlich lang. Das Spiel hat sich mittlerweile auch schon 5000 Mal geändert. Okay, also JS. Es ist gar nicht so unfassbar viel JavaScript. Ist es gar nicht. Also ich sage einmal, die richtig komplexen oder etwas komplex, also richtig komplex ist nichts. Karten ist mit Abstand das komplexeste JavaScript-Konstrukt, das im Spiel ist. Aber da passiert halt auch viel, das ist mit der isometrischen Perspektive. Davon Objekte, das darf ich auch gerne nochmal herzeigen. Gut, Passwort zeigt mir sowieso keins. Mehr das da jetzt. Ja, genau. So, ich habe jetzt da einen Radar-Ping gemacht. Sagt man den anständig? Ich mache nochmal einen. Zack. Siehst du das? Dann geht das da so auseinander. Dann sehe ich, dass da jemand gerade. Oh. Der Flocki. Was ist denn da los?
Flocki, seit wann bist denn du da? Der schickt gerade einen Haufen Raketen an diesen NPC da hinten. Das könnt's momentan noch machen, die NPCs, deren momentan noch nichts. Das wird noch auch so ein Feature, die NPCs ein bisschen Leben einzuhauchen, dass die auch angreifen, Gegenangriffe machen und euch ein bisschen auf den Sack gehen. Ja, damit halt ein bisschen Leben da ist, falls nicht so viele Spieler da sind. Aber so sehe ich zum Beispiel, dann fliegen die Objekte da rundherum. Wenn ich jetzt halt hergehe, schaut nicht optisch alles noch nicht so hundertprozentig geil aus, aber ist ja wurscht. Ich gehe da zum Beispiel her, ich mir jetzt diese Rohstoffe da abbauen. Zack, zack, fahr da her. Und dann ist da so ein kleines Icon von diesem Extraktor und der fährt wirklich live da auf, optisch. Aktualisiert sich selbstständig im Hintergrund. Natürlich ist das viel JavaScript. Sage ich allerdings auch, wie es ist, ich bin nicht der große JavaScript-Meister. Da wenn es mittlerweile nicht so starke KIs geben da, die ins Programm integriert werden, hätte ich das so nie zusammengebracht. Dass das, also nicht auf die Zeit, dass das so funktioniert. The Neverending Story, Birgers Version. Ja, da gibt es einfach, da kann ich schmerz. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist, ich habe da Mitte des Jahres 3 Monate noch mehr eingewucht, weil ich fest davon überzeugt war, das gibt's nicht, jetzt steckt schon so viel Arbeit drin, du Vollidiot, jetzt mach das Spiel mir einigermaßen gescheit und dann bring's einmal live. Trau dich halt endlich einmal. Was ist das für eine Behinderung? Dann war ich völlig Feuer und Flamme und keine Ahnung und hab reingepimmelt wie der Narische. Und dann hab ich es übertrieben und hab keinen Bock mehr gehabt. Da hab ich gesagt, ja, lass mal ein bisschen liegen und gut ist. Und jetzt, so nach der Sommerpause, so im September, habe ich langsam angefangen mit, Alter, du bist so verdammt weit. Du bist so verdammt weit und wenn du es jetzt wieder liegen lässt, dann kehrst du eigentlich droschen. Okay, da stecken, ich kann es nicht sagen, 10.000, 15.000 Stunden Arbeit drin für nix. Also für nichts. Jetzt mach's fertig, jetzt hast du sogar noch die KI-Unterstützungen und so weiter und so fort, die da einmal kreislige Fälle finden, auf die du nicht kommst, weil du das nicht gelernt hast, du Trottel, der dir bessere Vorschläge macht und das kann jetzt wirklich hinhauen. Tu es. Und es hat langsam wieder angefangen und während ich beim Jahresmerch gesessen bin, hat es mir die ganze Zeit schon gestickt, so Kruzifix, eigentlich mag ich eh nichts bauen, Kruzifix. Dann war ich Ende Oktober mit dem Jahresmerch-Zeichnen fertig und habe den ganzen November nichts anderes tun wie da weiter da. Ich bin besessen. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Ich bin besessen. Ich gehe ins Bett, wenn ich vorher nur draußen eine rauche oder einen rauche, kann auch passieren. Ich denke nur über das Spiel nach. Nur. Ohne Unterbrechung. Das ist völlig neu. Ich weiß auch nicht, das habe ich einfach manchmal. Das war bei Wimp so. Bloß da habe ich dann abgebogen, da habe ich es dann neu gesehen. Kann man andere Kolonien erobern. Herr Stator, das weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob das eine geile Idee ist. Ein Infiltrator und ein Spionagegebäude ist angedacht. Aber es ist halt ultra krass frustrierend, wenn du einmal einen Tag nicht spielst und jemand bombt deine Kolonie nieder, schickt einen Infiltrator und nimmt dir die Kolonie weg. Ich weiß, was für eine Spielmechanik du meinst, aber es ist halt ultra heftig. Es ist eine ultra heftige Spielmechanik, aber irgendwie hätte ich es schon auch gern drin. Ich meine, es ist, warte, sagst du auch gerne nochmal, hier, ich mach's extra nochmal groß. Annex, im All hört dich niemand jammern. PvP macht viele Spiele kaputt, das ist richtig, aber diese Spiele leben von PvP. Es ist einfach so. Aber ja, ich möchte PvP haben, ich möchte aber kein frustrierendes PvP, das die von einer Nacht auf die andere so aus dem Leben ficken kann, dass du am nächsten Tag aufwachst, schaust du dir so und denkst dir, die haben wir über Nacht jetzt gerade 5 Kolonien gestohlen und alles andere kaputt bombt und kaputt gehauen. Schließen und das war's dann. Und ich verliere einen Spieler. Die anderen freuen sich natürlich umso mehr, das muss man auch mit einberechnen, als auf meiner Seite, glaube ich. Aber ich verliere definitiv einen Spieler. Der kommt nie wieder. Der kommt halt nie wieder. Da ist die Frage, ob ich das mag. Ich weiß es nicht. Looten und bluten. Ja, ich bin ja eigentlich auch so. Ich mag es ja eigentlich auch, aber ich mag halt nicht in jeder Runde, da deren sie dann die krassesten Spieler zusammen, die 24/7 online sind. Und ja. Oder Anfängerschutz, oder dass du halt Rohstoff klaust, oder dass es extrem Ressourcen kostet, oder mit Geld, mit Raid-Grenzen. Es ist alles eingebaut. Es gibt Noobschutz,
Also kommt dann eine Meldung zum Beispiel, wir vergreifen uns nicht an unterentwickelten Kolonien. Wenn jetzt der Leuchte mit 100 Kolonien irgendjemanden angreift mit einer Kolonie mit 5 Punkte und einem Gebäude drin, das geht halt nicht. Also natürlich geht das nicht, das ist mir schon bewusst, aber es ist schon drin. Gehört natürlich nur ausgeweitet. Kann jemand mit 100 Kolonien jemanden angreifen, der bloß 3 hat? In meinen Augen ja. Du bist mit 3 Kolonien so stark, dass du eigentlich verteidigen kannst. Verteidigen ist im ganzen Spiel ja immer einfacher als Angreifer. Du musst also so denken, ein Angreifer hat den ganzen Tag Zeit, seinen Angriff zu planen, bis er ihn losschickt. Erst dann kriegst du als Verteidiger überhaupt mit, Moment mal, 2 Angriffe. Jetzt muss ich irgendwie reagieren. Ja, jetzt habe ich keine Zeit mehr, dass ich Truppen baue. Ja, jetzt habe ich keine Zeit mehr, dass ich dies und das tue. Darum hast du immer einen Verteidigungsbonus daheim und so weiter. Du musst nur vorbereitet sein. Das ist alles. Ich weiß noch, wie ich in Welt 87 in über Nacht 53 Dörfer verloren habe, weil mein Stamm gemeint hat, ich bin einer im Weg. Stell dir das Geraunze vor. Ja, natürlich, das ist ja noch das Nächste. Weißt, und Spieler, ich sag's jetzt einfach einmal so, ich bin ja auch einer. Ich bin ja genau der gleiche. Spieler münzen das dann nicht auf die Person um, die er alles weggenommen hat, sondern du spielst Scheiße! Ich bin ein Scheiß voll behindert! Ja. It's part of the game, dass du auf die Fresse kriegst. It's part of the game. Es ist halt so. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Spielprinzip funktioniert seit 25 Jahren und das funktioniert auch heute noch. Und ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Browser-Games gibt, wo man nicht mit Shop-Scheiße zugeschissen wird, die aber vom Prinzip genau das gleiche sind wie NX. Bin ich mir 100% sicher. Und deswegen glaube ich ja irgendwo so fest dran, dass das funktionieren kann. Dass ich das vielleicht rumsprechen kann, so mit, hey, das ist ganz cool, schaut euch das einmal an. Da brauche ich euch dann übrigens auch. Ich brauche die Community. Verzeiht es eine Spätsinn, verzeiht es eine, was weiß ich wem. Hey, da kostet nichts, hau dich rein. Da brauche ich euch. So, was ist. Und jeder Cent von diesen Supporter-Accounts wird alles in Werbung geschissen. Wird alles in Werbung geschissen, weil das Spiel lebt nun mal davon aktive Leute. Da wenn, so wie es jetzt ist, also nicht falsch verstehe, die Leute, die da jetzt gerade drin sind und das Ding ausprobieren und spulen und keine Ahnung, es ist mir ein Fest. Wunderbar, aber die wissen, wie es gemeint ist. Wenn da 10 Leute umeinander pimmeln, dann brauchen wir nicht spielen. Also, wenn da 10 Leute in der Runde, brauchen wir nicht spielen anfangen. Das ist der Kass. Wenn wir es irgendwie zusammenbringen, dass in einer Runde, die so 4 bis 6 Wochen dauern soll, ob sie das tut, das weiß ich nicht. Das kann ich erst nach der ersten Runde oder während dem Laufen der aktuellen Runde mit Zahlen anpassen. Ja, ich gebe euch in der Stunde ein bisschen mehr Rohstoffe. Als neue Kolonien bauen kostet ein bisschen weniger, etc. etc. Und die ganze Gaude soll dann so 4 bis 6 Wochen dauern, dass ein eingespieltes Netzwerk, so heißen Gilden bei mir im Spiel, die Runde beendet. Und wenn die Runde beendet ist, dauert es 1, 2, 3 Tage, je nachdem wie ich Zeit habe und wie es gerade passt, dass ich das Ding resette. Es werden alle eine Kolonien gelöscht, der Login wird gesperrt und dann fangen neue Runden an. Wir werden jede Runde an einem Freitag um 20 Uhr anfangen. Und ja, am allerliebsten wollen wir sogar, wenn eine Runde 4 Wochen dauert. Warum? Nicht, dass ihr dann umso mehr Supporter-Accounts kaufen könnt und so einen Scheiß. Du kannst da sowieso einbuttern, was du willst übrigens. Du kannst da nicht bloß einmal einen Supporter-Account kaufen, was weiß ich, wenn du lustig bist für einen 50er. Dann hast du zwar schon einen, du kannst aber nochmal in den Shop gehen und kannst dann nochmal 99 € reinwerfen. Ja, es ist so, du kannst entscheiden selbst, was du zahlen möchtest. Ist mir wurscht. Du musst es ja auch nicht da, das ist ja noch das Nächste. Aber es motiviert mich natürlich dann schon anders, wenn das die Leute lernen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Sondern, wenn eine Runde nur 4 Wochen dauert, dann haben wir 12 Runden im Jahr. Wenn ein bisschen Tag dazwischen sind, dann haben wir vielleicht genau 10 Runden pro Jahr. Und ich glaube, dass sich 4 Wochen einfach nicht zu lang und nicht zu kurz anfühlt. Nicht zu bedeutungslos kurz anfühlt, aber auch nicht zu lästig lang anfühlt. Dass du jetzt so 4 Wochen lang und eine hasselst wie ein Behinderte. Was wär dein Sweet Spot für die Spielerzahl? Million? 1 Million, wenn du das so fragst? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn nach der ersten Runde, wenn die gar ist, 4 bis 6 Wochen, wenn dann noch 100 bis 150 Leute, aktive Spieler,
in dem Spiel sind, dann habe ich alles erreicht. Dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist ein Fundament, auf dem kann man aufbauen. Und diese 100 bis 150 aktiven Spieler, die warten nicht mehr da nach 4 bis 6 Wochen, wenn das Spiel kompletter Scheißdreck war. Und die einigermaßen begeistert sind. Ich bin, vor allem, so nah habt ihr mit einem Entwickler von einem Spiel noch nie in eurem Leben geredet. Noch nie. Wenn irgendwas scheiße ist, sagt es mir einfach. Vor allem Sachen, die scheiße sind. Die nervig sind. Jetzt muss ich da 80 Kolonien durchtun und jetzt mal das Gleiche. Dann lasse ich mir was einfallen. Ja, alles lässt sich ändern. Der Ticker schreibt, aber bei anderen Spielen im App Store geht's auch kostenlos immer weiter und man levelt sie weiter hinauf und haut zur Not ein Schild rein mit diversen Allianzen. Das Prinzip halt einen doch länger an einem Spiel. Haut zur Not ein Schild rein mit diversen Allianzen. Das check ich jetzt nicht ganz. Wobei mit den 100 Euro Spenden ist es refinanziert. Das ist einmal noch das nächste. Das Spiel hat eigentlich mit YouTube nichts zu tun. Wir können 100%ige Transparenz. Ich habe einen Admin-Bereich. Den könnt ihr meinetwegen sehen, wann ihr wollt. Ich mag da nicht mehr umeinander pimmen. Oh, sind da eventuell E-Mail? Nee, ich habe noch keinen Streamer-Modus. Ich habe in meinem Admin-Bereich noch keinen Streamer-Modus, nicht, dass da jetzt irgendwelche E-Mail-Adressen von irgendwelchen Leuten gezogen werden. Das ist einer, der mir nochmal weggehen. Aber ihr dürft sehen, wie viel Geld das da damit gemacht worden ist mir scheißegal. Das soll ja jeder sehen. Absolute Transparenz. Das ist die Philosophie des Spiels, ich kann mich nicht da sitzen und den ganzen Tag über irgendwelche Entwickler prüfen, die für ein Spiel Geld verlangen und das einfach alles bloß eine Frechheit ist und mach's dann selber. Was soll das? Ihr dürft sehen, wie viel das Spiel Geld macht, ist mir scheißegal. Ihr dürft alles sehen. Außer halt irgendwelche sensiblen Daten, ja, von irgendwelchen E-Mail-Adressen, von irgendwelchen Spielern und so weiter. Gibt es Mitteilungen, wenn ein Gebäude fertig ist? Nö. Noch nicht. Aber Gebäudebauzeiten sind bei mir oder bei Annex nicht so lang, wie du das vielleicht aus anderen Spielen kennst, die dann 2 Tage dauern und so. Sondern wir reden von ein paar Stunden. Aber du sprichst was Interessantes an, so eine Art Event-Log. Also es gibt natürlich Events, es gibt Berichte, wenn du angegriffen wirst, wenn die Raketen trifft, wenn du eine Nachricht kriegst, wenn ein Bauschiff fertig ist, wenn der Extraktor fertig ist, wenn irgendwas passiert, dann landet es da in der Berichtebox. Aber jetzt, wenn ein Gebäude fertiggestellt wird, das wird halt nicht gezeigt. Das ist wirklich, das passiert nämlich ständig. Zur Not verkaufst du einfach die ganzen E-Mail-Adressen. Ja, genau. Genau, Beppo, R. Genau so machen wir das. Das ist eine gute Idee. Vor 20 Jahren hättest du. Da ist noch nichts geregelt gewesen. Aber guter Punkt, Marco. Also, Sie nicht sagen, einfach mal fragen, wieso gibt es sowas nicht? Sowas war cool, das war noch cool, das Interface da am Handy schaut irgendwie kacke aus. Oh, es war nur einfacher, wenn man es so machen kann und so machen kann. Für jeden Scheißdreck bin ich zu haben. Startor, Push-Benachrichtigungen, bei sowas. Push-Nachrichten sind an einen bestimmten Server geknüpft. Da ich da keine native App habe, sondern einen Browser, ist es auch nicht ganz so hundertprozentig einfach, Push-Nachrichten für jeden zur Verfügung zu stellen. Darum habe ich da herunten was hingeschrieben. Kann sich der Supporter-Account eventuell nur ändern und erweitern? Ja. Bleibt's bei dem Icon? Nein. Nicht ganz. Für die ferne Zukunft sind weitere Features, die keine spielerischen Vorteile bringen, für den Supporter-Account geplant, wie zum Beispiel Skins für Gebäude, Truppen, Kolonien etc. oder zum Beispiel Push-Nachrichten. Jetzt ist die Frage, wenn man es aufs kleinste Goldwagerl legt, das wir da haben, sind Push-Nachrichten ein spielerischer Vorteil? Irgendwie ja, irgendwie nicht. Aber damit eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber für die knickerten Teufel unter euch, es gibt in die Einstellung E-Mail-Benachrichtigungen. Und sobald du einen Bericht kriegst oder angegriffen wirst oder eine Nachricht kriegst oder sonst irgendwas, dann kriegst du eine E-Mail geschickt. Was das gleiche ist wie eine Push-Benachrichtigung. Wenn du deine scheiß E-Mails nicht anschaust, dann kann ich nichts dafür.
Klar ist das ein Vorteil, ich sehe, wenn ich angegriffen werde. Ich sehe es so auch, wenn du es aktivierst. Und das meine ich, das ist ein schönes Beispiel tatsächlich gewesen. Das meine ich möchte das so fair machen, wie es geht. Und wenn das nicht fair ist, dann da gibt's nichts, was gibt es jetzt da zum Aussitzen? Wenn jemand ein Argument hat, her damit. Ich sehe es nicht als Vorteil, weil du kennst es ja 24/7 vor dem PC hocken. Ja, aber muss das dadurch halt nicht mehr da und das ist der Vorteil. Es ist schon, ich sage das schon auch, Push-Benachrichtigung ist ein Vorteil. Aber ob ein Spiel entscheidend ist, es ist ja eine Komfortgeschichte. Aber wie gesagt, du kannst da einfach, und die kosten nichts. Das ist ja klar. E-Mails verschicken kosten nichts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst ein einziges Mal in meiner Karriere Push-Benachrichtigung auf einer Seite eingebaut. Und soweit ich habe nie sogar richtig verstanden, wie das genau funktioniert. Das ist ja gar nicht so einfach über den Browser. Da muss dann kennst du das, wenn du irgendwo eine Internetseite anschaust, diese Seite möchte Benachrichtigungen schicken und sobald du das deaktivierst, findest du nie wieder, was du das aktivierst. Ist das nicht so, dass ich die Mail abrufen muss und Push ploppt auf, oder? Du kriegst ja eine Push-Benachrichtigung, wenn du eine E-Mail kriegst. Was will man? Also ich zumindest. Ich habe jetzt da, wenn ich da jetzt reinschaue, ich kriege einen Bericht, dann vibriert mein Handy und dann steht der Titel von der E-Mail dort. Und ich weiß sofort, was in NX passiert ist. Hallo, schreibt, ist es irgendwie möglich, Verbesserungsvorschläge am Spiel zu machen, was die Sicherheit, Bugs etc. betrifft? In-game leider noch nicht. Das Formular bis zum Release kommt schon noch, einfach das Textfeld mit Bug reingeschissen. Kommt noch, oder im Laufe der Runde dann, bis dahin bei mir im Discord gibt es einen extra Kanal. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail. Es gibt eine offizielle E-Mail, wo Sie schreiben könnt fürs Spiel. Nicht auf eine Antwort warten, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich lese alles. info@nx.gg einfach. Ja, schon, aber ich bekomme viele Mails, deswegen ist das aus. Aber gut, muss ja nicht sein, ich will es nicht madig reden. Na, um Gott, lass uns reden. Niemand braucht sich hier rechtfertigen, ich bin ja derselbe, ich sage den ganzen Tag Spiele ab, wenn es beschissen sind. Jetzt mache ich mein eigens und dann fange ich nicht an, euch zum Namen, wenn euch was nicht passt. Ihr seid der Spieler. Auf euch muss ich hören. Nicht, was mir, also natürlich auch ein wenig, was mir hier einbaut, wie ich es haben will und was ich haben will. Aber wenn da, wie soll ich sagen, Vorschläge kommen, mit denen die konstruktiv sind und nicht, meine Kolonie ist kaputt, Bürgerspiel, scheiße, muss anders. Das höre ich mir nicht an. Weißt du, was ich da dann schicke? So. Hier, kannst du lesen? Das ist dann die Support-Antwort. Das kriegst du von mir. Lässt du es auch von einem Hacker testen auf Sicherheit? Ich kenne keinen Hacker. Unten fehlt neben Copyright NX noch das bei UbiHeart Productions. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, wie meine Software-Studio nennen. Foodlab mal Softworks. Mach der E-Mail-Adresse nur Ries Spiel, dann kannst du den Account aktivieren. Was? Herr Beppo, haben wir wieder bei ganzen Sätze und so und lesen vorher und so. War ich nicht. Vollbierschaumworks. Leberkas Games. Franziska Softworks. Foodlab Softworks. Auch nicht schlecht, nein. Wie lange machst du denn heute noch? Fragt mich der, ihr seid noch nicht mehr lang. Das ist eh schon, ich wollte eigentlich schon vor einer Dreiviertelstunde. Der Beppo schreibt, Drecksauto kriegt du. Ich kenne ich bin beim Handy genau dasselbe, Fettfingersepp. Ja. Also, und furchtbar wichtig, bevor wir die neuen Runden anfangen, wird nochmal alles gelöscht. Also alle, die sich jetzt registrieren, die Accounts werden nochmal gelöscht. Datenbank einfach nochmal sauber machen. Planetenkern neu gemacht, die sind zu viel, aber zu klar. Planeten werden größer, aber weniger. Und dass wir einmal alle von Null anfangen. Also, dass wirklich einmal die Datenbank wirklich sauber ist und dann fangen wir an. Herr Aslagon, Kruzifix, was vor 30 Minuten da reingeschrieben, kein Zusatzwert, scheiß, jawohl, endlich ein Clash of Cake in gut. Es ist halt so, für
erstmal merci dir, sorry, dass ich nicht darauf reagiert habe. Mit Clash of Clans kann ich mich nicht messen. Da ist alles animiert, soweit ich weiß zumindest. Es ist auch ein ganz anderes Spiel. Es ist ein ähnliches Spielprinzip, aber anders. Dass das da soweit, mir weiß das schon. Ich sage jetzt auch freiwillig, wie es ist, was das Ziel da ist. Davon träume ich seit über 20 Jahren. Ich habe mich schon einmal mit 3 Spätzchen zusammen da und ein Browser-Game angefangen, das war 2005, 2006. Da waren wir noch in der Lehre. Da waren wir Hosenbiesler. Wir haben es nicht im Kreuz gehabt, dass wir uns da damit selbstständig machen. Haben wir aber. Wir haben uns selbstständig gemacht, aber wir waren einfach zu jung, zu ahnungslos und nicht so richtig traut. Es war kein Geld da. Ja, bestellen wir den fetten Surfer, da ist eh scheißegal, ob der jetzt ein 100er kostet oder 150. Das war mir jetzt gerade wurscht, das sage ich dir, aber es ist, wenn ich was anfangen will. Und wir haben es halt nicht im Kreuz gehabt. Vor allem mit den Leuten, wo ich das da damals gemacht habe, die haben schon was drauf gehabt. Vor allem einer, richtig brutal, mit dem habe ich auch heute noch Kontakt, mit dem der das da gern weitermachen, aber der mag nicht und recht hat er. Aber mit ein paar anderen Personen, das war dann schon schwierig. Ja, das Kampfsystem schon fertig. Ja, probier's aus. Nice, nicht, korrigier das. Ja, jetzt ist fertig. Nice, nicht, ist immer nur derselbe Fehler drin. Da war ich fast durchdreht. Aber jetzt bin ich halt alleine und mittlerweile ist das Fundament so weit, dass ich es durchziehen könnte. Und das Ziel, ich sag's freiwillig, was ist, das Ziel ist, wenn das Ding läuft und größer wird, dann mache ich mich komplett selbstständig. Das ist eigentlich der Traum dahinter. Dass ich in der Früh aufstehe, sitze mich da her, schau das an, so, wie viele Bug-Reports haben wir, das, nix, alles korrigiert, passt, dann werkelt man an dem und dem Feature weiter. Machen wir das Spiel größer, besser, 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 besser und besser und besser. Bis uns die Kotze aus der Fresse tropft. Das war der absolute Traum. Aber das ist halt utopisch. Das ist utopisch. Ich kann weder abschätzen, ob der Supporter-Account angenommen wird, ob da was gezahlt wird, ob das gut ist oder nicht. Vor allem auch bei Community fremde Leute, ja, die dann per Werbung da mit draufbringen und da mal schaut, ja, ist ganz geil, wird das angenommen, wird es nicht angenommen, keine Ahnung. Ich kann nicht einschätzen, wie viele aktive Spieler das wir brauchen, wie viel Geld das davon zurückkommt und wie viel das überhaupt sein müsste im Monat, dass ich hergehen kann und kann sagen, weißt du was, jetzt traue ich mich. Und jetzt traue ich mich. Freier schreibt, du kennst uns Narischen, also du nicht so. Das ist grundsätzlich richtig, aber ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist aber, ich sage jetzt auch so gnadenlos wie es ist, lieber, bevor es es da reinbuttert, leider aus dem Stream, ins Spiel, buttert es da ins Stream rein. Weniger Aufwand, der Zahlungsdienstleister nimmt sich nicht so viel Anteil, der nimmt sich noch mehr Anteil als über Donations da herin, etc. Ich kann im Prinzip kannibalisieren mich selber. Ob sie jetzt da einen Fünfer reinwerft im Stream oder ins Spiel, deswegen habe ich nicht mehrer. Verstehen Sie? Das Ziel ist Community, dass das Ding aus der Community ausbricht. Es hilft halt nicht. Und früher oder später haben da herin alle nichts gespielt und alle die Schnauze voll und haben irgendwann weg. Das heißt, ich brauche, wie soll ich sagen, das heißt, ich brauche ständigen neuen Spielerzuwachs. Und da hilft mir auch Patreon nicht. Also bloß weil, ich weiß halt gar nicht, was ich da reinschreibe. Das Statue, One PayPal-Link. Was für PayPal-Link? Da unten ein Spieler, warte mal, in den Shop kann man einen Shop sieht man nicht einmal außerhalb vom Spiel. Muss ich auch noch einbauen. So, hier, ich weiß nicht, ob das Statue schon gesehen hat. Hier, Support-Account kannst du kaufen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ob ihr jetzt 5 Euro da im Stream einwerft oder 5 Euro ins Spiel einwerft, ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die jetzt da einen 5er einwerfen und zusätzlich ins Spiel noch einen 5er einwerfen. One PayPal-Link. Nein, im Stream. PayPal-Link gibt es schon immer. Warum machst du das nicht über PayPal? Es ist über PayPal. Aber da ich nicht bloß PayPal als Zahlungsdienstleister anbiete, sondern auch Banküberweisung,
Kreditkarten eventuell irgendwann, wenn es instant geht, das verarbeitet Molly leider Gottes nicht. Der Zahlungsdienstleister ist übrigens Molly, das ist ein Holländer, ist in meinen Augen einer der besten Zahlungsdienstleister, die alle miteinander vereint, die es gibt. Da ist alles drin. Ja, ich habe irgendeine EPS, österreichische Zahlart, die bei euch bekannt ist, ich habe es nicht kennt. Wir haben ein PayPal, wir haben eine Banküberweisung von egal wo und das geht alles instant, reibungslos, wunderbar. Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 gibt es auch als Browser-Game. Im Ernst jetzt? Habe in dem besagten Kanal vom Discord eine kurze Nachricht verfasst, Birlex. Herr Lua, schau ich mir nachher an. Das lese ich jetzt halt einfach einmal schnell durch. Wenn du schon ein C++ hinten drauf hast, dann muss ich mir wahrscheinlich... Also Phase 1. Wenn du da irgendwelche lächerlichen Sachen findest in meinem Quellcode, ich hab das nicht gelernt. Ich hab's mir selber beigebracht. Ich hab weder studiert noch irgendwas. So, also mal so. Ich habe mir das Spiel angeschaut und finde es echt super soweit. Großes Kompliment. Nur ist mir in den ersten 5 Minuten aufgefallen, dass die Erstellung von Benutzern einen Fehler hat, der sehr belastend sein kann für die DB, die auf dem Server läuft. Wenn man weiß wie, dann könnte man die dadurch ganz leicht crashen. Ich würde jetzt ungern hier einen Screenshot davon posten, damit eventuelle Hater nicht auf die Idee kommen, das auszunutzen. Es werden keine persönlichen Daten angezeigt durch den Fehler, aber ich würde ihn trotzdem mit 5,5 von 10 oder 6 von 10 bewerten, wenn 10 das Schlimmste wäre. Meiner Meinung nach sollte das demnach behoben werden. Für Infos darüber, falls interessiert, einfach aufmerksam machen, Birger. Dann kann ich eventuell eine E-Mail schreiben oder privat kurz erklären, was abgeht. Grüße. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da bin ich nur so ein bisschen auf dem Trip. Am besten nicht drüber reden. ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ein Aktivierungslink. Mal 5 Millionen. Schreib einfach ja oder nein. Und dann reden wir nicht mehr drüber. Nimmst du auch BTC? Ja. Aber nur ganze. Wann Marktstart? Ich will Anteile! DDoS-Schutz. Sowas, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Aber lieber macht es jetzt kaputt als nachher. Sowas ist noch nicht drin. Nicht direkt jetzt der Link. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Glaube ich. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber du kannst mir es gerne einfach per E-Mail schreiben. Das liegt dann in meinem support@nx.gg oder info@nx.gg, ist scheißegal. Los alle. Du, das wird früher oder später sowieso passieren, dass irgendeine Bot-Scheiße kommt, die versucht, das Spiel kaputt zu machen. Das wird passieren. Ob ich da jetzt Sachen einbaue oder nicht, es wird passieren. Zerstört die Website. Kannst du machen. Ich war sogar halbscheidig dankbar dafür, wenn wir sicher eine Fehler finden, damit ich es vorher ausbessern kann. Heute geh schnell auf die Müllhalde und suche Festplatten. Who knows, he knows. Frage, darf man es kaputt machen, wenn es geht und dir dann sagen, wie? Ja, noch. Aktuell noch. Bevor die Runde losgeht, ja. Wenn die aktive Runde läuft und du tust das und sagst mir's dann erst, dann gibt's Ärger. Ist das eigentlich verständlich? Aber da werden wir sehr viele Stellen finden, wo man was kaputt machen kann. Herr Winter! Mir ist wieder ein Zwiegel. Schluss jetzt mit der Rumdonetterei. So, habe ich mir jetzt eine Stunde wieder aus Maulfußlert geschmerzt über mein Spulen. Am besten absprayen. Kennt ihr gerne mal, ich werde, wenn mir jemand auf sowas hinweist, schreibt das ruhig ins öffentliche Discord hinein. Dann sollen es andere lesen. Dann soll der irgendwas machen und irgendwas kaputt machen. Umso besser, dann finden wir es außer, korrigieren wir es und der mal was dagegen. Bevor es mitten unter den Runden passiert oder sonst was. Input-Validierung ist auch besser geworden, seitdem ich gespielt habe damit. Das fällt normalerweise nur Leute auf, die sich selber einen Bot bauen haben. Ein Discord-Channel für Codefehler, da kann man einen Thread machen im Annex-Schmerz. Es ist sowieso auch fraglich, ob man mir einen Annex-Schmerz-Channel pointen oder ein komplett nice Discord machen. Kommt ganz drauf wie viele Leute das wir sind, wie viel interessieren sich dafür, wie viel ist da los. Aber ich mag natürlich auch nicht in meiner YouTube-Community jetzt mal, da wo ein Großteil das Spiel nicht interessieren wird. Das weiß ich. Was soll ich sagen?
nicht belästigen mit meinem Annex-Scheiß, wenn es dann losgeht. Jede Woche. Ja, ich brauche irgendwo einen Channel, wo ich Updates einschreibe, vielleicht irgendwann einmal. Wenn sich was geändert hat, etc. etc. Aber erstmal brauchen wir das nicht. Bis jetzt lassen wir das einmal im Annex schmelzen, dann machen wir Threads drin oder wie auch immer. Aber das kriegen wir schon. Mr. White schreibt, also als Pentester sage ich dazu, nichts ohne Vertrag. Die Haftstrafen sind mir zu hoch. Also du meinst, dass ich die dann... Das ist da nicht. Aber ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ja, okay, kein Thema drum, Frage. Ja, also um Gottes Willen. Ich sage das jetzt da in aller Deutlichkeit. Wenn du da Userdaten außerlässt und mir das nicht sagst und ich find's raus, dann gibt's Stress. Wenn man mir aber vorher schmerzt, nee, ich darf jetzt mal das und das ausprobieren, darf ich mal oder sonst irgendwas und ich sage ja, dann ist das kein Stress nicht. Dann werde ich nicht hergehen so mit, das heißt aber, das da, jetzt ist was kaputt, fuck you. Sicherlich der man das nicht. Was war die E-Mail, auf die man schreiben kann? info@annex.gg oder support@annex.gg oder eigentlich egal was @annex.gg, fällt mir gerade so ein. Du kannst da hanswurst@annex.gg schreiben, die gingen alle bei mir her. Erstmal Startup gründen und Büroräume anmieten, dann alles weitere. Ja, wird schon. Da, wie viele Leute haben sich nicht so wieder registriert, seitdem wir schmerzen? Wer ist denn da? Oh ja. Was sie immer richtig gut macht, in so einem Sci-Fi-Browser-Game, ja, düstere und so, wenn man sie Rosetten-Rambo nennt. Das sind einige. Ja, passt. Probiert es aus, was da verholzt. Ich bin da immer noch fest davon überzeugt, viele Leute sehen jetzt da optisch, wie das Spiel ausschaut, wissen aber gar nicht, was ein Browser-Game ist. Wie, ich muss jetzt so 2 Minuten warten, bis das Gebäude fertig ist. Was tue ich dabei? Ja, nix. Nix. Warten, dein Handy wieder zumachen und die Hosen ausschieben, später weiterspielen. Na, kriegen wir schon. Was noch gänzlich feit ist, ein Wiki. Ein einfaches Wiki, das einmal die grundlegenden Sachen fürs Spiel beschreibt, alle Gebäude beschreibt, alle Funktionen beschreibt, wie funktioniert der Kampf, wobei das mittlerweile drinsteht in der Kaserne, aber es schaut scheiße aus, aber egal, aber es steht drin, wie es funktioniert. Und, damit man sich das erlesen kann, damit und ich nicht den ganzen Tag Fragen beantworten muss, ist, wie kriegen die den Rohstoff auf der Karte? Hast du die Quests gemacht? Was für Quests, Alter? An alle neuen, es gibt am Handy rechts oben ein Menü mit Quests und über der Erdkugel am PC das goldene Ausrufezeichen mit einem Quests. Kannst du abklicken und das erklärt das Spiel so ein bisschen. Noch Stickel für Stickel für Stickel für Stickel. Community-Wikis besser als Dev-Wikis, ist richtig. Ja, ist richtig. Können wir uns auch was ausdenken, ob das von der Community gepflegt wird oder nicht. Die Frage ist, wer übernimmt, dann muss ich wieder um so viel Leute kommen, wer übernimmt das? Wer ist da der Kappa davon? Wer kontrolliert die Inhalte, etc., etc. Wenn das den einen Erfolg hat, bin mir sicher, du bist dir bewusst, was an Supportarbeit auf dich zukommt. Dein Daisy-Server hast deswegen Komma, oder? Ich weiß, was da auf mich zukommt, ja. Mit dem Daisy-Server habe ich aber auch keinen Cent Geld verdient. Sondern nur Stress gehabt. Also nur Stress gehabt. Das ist ein bisschen was anderes. Der moderne Name für so eine Art von Spiel ist, by the way, Idle Game. Das ist aber so ein bisschen das Ziel. Ich möchte nicht, dass es ein Idle Game ist. Das soll nicht recht viel Zeit sein zum Idlen. Du sollst schon eigentlich immer was so ein bisschen zum Tun haben. Jetzt rauf ich, das ist ähnlich wie Rise of Kingdoms. Das kenne ich, aber ich weiß nicht, wie Rise of Kingdoms funktioniert. Serbinär schreibt, wird es Capture-Abfragen geben? Kenne solche Spiele von früher und nach spätestens 2 Wochen gab es immer irgendwelche Bots, die alles gemanagt haben. Thema Bots, also ob man das mit Captures löst, dieses Problem, das weiß ich noch nicht, aber gegen Bots wird sich natürlich irgendwas einfallen gelassen. Ist ja klar. Außerdem fällt das meistens auch auf. Schmiedi, Grix, Sylvanas. Wenn jemand 140 Kolonien hat und der zweite 30. Wieder spielen nur mit mehr Kauf mehr und Zivilisationsstufen. Okay. Ich verstehe. Rest in Peace, Wimp. Wimp war so schön gewesen. Ich sag das, was ist. Wimp war mega bonk geworden.
Sag ich aber auch, es ist, dass wir uns jetzt gerade nicht unterhalten, sondern ich darf auf einer Segelyacht irgendwo in die Malediven umeinander gucken. Sag ich, wie es ist. Sobald ich irgendwann in meinem Leben, aus welchen Gründen auch immer, das Ziel erreiche, dass ich eine 1 mit 6 Nullen auf dem Konto habe, bin ich sowas von fort, so schnell hast du mich noch nie irgendwo fort sehen. Warum kein Wimp-Roboter als NPC ist, der in NX? Das ist eine gute Frage, weil ich so weit mit der Lore der NPCs noch nicht bin. Ich habe mir nur mal so grundlegende Eckpunkte für die Lore, für die NPCs ausgedacht, aber bei der MB 40.000, was übrigens Motherboard 40.000 heißt, die so ein bisschen ist, darf sich das sehr gut anbieten. Du bist online vom Meer. Was? Da bist du online vom Meer. Ja, genau. Hab kurz gebraucht. Capture-Abfragen siege ich eher als kritisch zwecks Angriff, Timen und so. Ja. Für Bots muss man sich irgendwas ausdenken. Da braucht man eine, wie soll ich sagen, man braucht auf alle Fälle eine aktive Community. Da ist eigentlich die größte, beste Waffe dagegen ist eigentlich Community. Die das Spiel den ganzen Tag liest und sagt, was passiert. Eigentlich, wie die tagtesten Bots, eigentlich nur an der Spielweise. Und das ist das Allerschwierigste. Kann man Wimp noch spielen? Ich hab's tatsächlich noch irgendwo. Ich weiß nicht, wo man es runterladen kann. Oder wie das damals war. Also ich hätte es noch natürlich, den letzten Bild. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich den zum Runterladen zur Verfügung gestellt habe. Aber für Bots, sagen wir es mal, ohne Scheiß. Ich sag's jetzt einmal, wie es ist. Ich bin jetzt der Entwickler von diesem Ding. Und wenn Leute hergängen für dieses Spiel Bots bauen, dann ist das für mich eine riesengroße Bestätigung. Diese Arbeit macht sich keiner, wenn das Spiel nicht irgendwas könnte. Und das passiert auch nicht, solange da nicht 2 Millionen vielleicht nicht, solange da nicht 2000 Spieler in dem Spiel sind. Und wenn es um irgendwas geht, dann geht da keiner her und baut einen Bot. Wird es auch was Richtung Seasons oder Doodles, Goodies geben? Also mal was Unerwartetes, Lustiges oder Ähnliches? Häsegurken, das ist eine gute Frage. Das kommt ganz drauf an, wie schnell, wie gut, wie stabil etc. so Runden laufen. Natürlich wäre mein Traum von... Eine Season ist im Prinzip eine Runden. Ja, ich nenne es halt Runde. Nennen wir Seasons, ist ja scheißegal. Season 1. Und natürlich wäre es geil, das so zu machen, wie PoE das zum Beispiel macht. Jede Season gibt es ein neues Feature. Zum Beispiel, nächste Season ist die Verschrottung von den Truppen drin. Habe ich 4 Wochen Zeit, das zum Bauen. Übernächste Season ist das Abfangen von den Raketen drin. Übernächste Seasons haben NPCs auf einmal ein Hirn und spielen mit. Und das richtig asozial. Ja? Die machen richtig schön das Leben zur Hölle. In der nächsten Season das, in der nächsten Season das. Aber ich glaube, dass das zeitmäßig einfach extrem schwierig wird. Ich werde kontinuierlich, solange es mir Spaß macht, das ist das Allerwichtigste, an dem Spiel werken. Da brauchen wir nicht drum schmerzen. Je mehr Leute das spielen, das ist für mich der wichtigste Motivationsfaktor 1. Da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, wenn er Geld hängen bleibt, natürlich interessiert mich das. Wenn das keine Arbeit nicht ist, dann weiß ich nicht, was er arbeitet. Das da ist keine Arbeit. Ja, da sitzt ich vor der Kamera, labert seit einer Stunde irgendeine Scheiße. Egal, das ist keine Arbeit nicht. Das sage ich aber schon immer, das wisst ihr. Aber das ist so, aber da habe ich kein Problem damit zum sagen, natürlich möchte ich Geld damit verdienen. Bist du behindert? Wenn du mit am Tag 12 Stunden zur Gaudi her sitzt und dann am Schluss 2,50 € rausfallen. Da gehe ich lieber zum Scheißen, da verdiene ich mehr Geld. Aber mit dem immer mehr Content gehen irgendwann die Ideen aus. Natürlich gehen die irgendwann aus. Aber dann ist das Spiel perfekt. Dann ist das Spiel das beste Spiel ever. Wenn die Ideen ausgehen. Es soll natürlich auch nicht so kompliziert werden, ja, dass du irgendwann Herr der Ringe lesen musst, alle 3 Teile Extended und anschauen, damit du überhaupt kapierst, was das Spiel kann. Aber einfach immer besser werden. Immer besser werden, immer besser werden, immer besser werden. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Mich interessiert es einfach. Ich sehe es als Herausforderung. Schauen wir mal, was passiert. Und jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, falls ihr da irgendwelche Eiern kennen und sonst irgendwas auf mein Spiel ballert, Leute, die es kennen, die wissen, was Eiern kennen, etc. pp.
Bitte sagt es mir wenigstens vorher. Dann können wir das miteinander machen. Mich würde mich auch interessieren, was passiert. Soll ich sagen, wie es ist? Ja. Irgendwann sind wir dann in NX Season 117, NX Romana und es gehen die Ideen aus. Also ich glaube, wir haben ja so viele Leute, die so viel Computer spielen und ich sage das auch, Alter, meine Ideenlisten ist so grenzenlos lang, dass dein Schädel reißt. Da sitze ich noch sehr lang. Sehr, 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 sehr lang. Bis wir die Ideen für das Spiel ausgingen. Eigentlich haben wir nicht einmal Feature Complete, wie ich es vorher gesagt habe, wenn die zwei Sachen drin sind. Nicht ansatzweise. Da ist noch sehr weit hin. Aber da muss von Grund auf immer mehr einfach besser gemacht werden, etc. etc. Machen wir das im Stream dann? Können wir auch machen. Ich mag natürlich, reine NX-Streams sind ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass ich das keine Sau nicht angehe. Ich merke es ja jetzt mal, sobald ich anfange, über das Spiel zum Schmerzen, zack, Hälfte von die Leute weg. Über 3/4 von die Leute weg. Thermonukleare Interkontinentalrakete. Gucken hast, wenn der Krank dein Spiel streamt. Das stimmt. Aber ob jemals jemand ein Browser-Game streamt, an die Inkontinenzrakete habe ich auch gerade gedacht, springen. Jetzt gehen wir ins Bett. Ich wollte euch bloß einmal es ist schön, es trifft trotzdem immer wieder ein paar, die sich dann registrieren und die dann, ne, am allerliebsten sind wir natürlich Leute mit Programmierahnung, das ist ja klar, also wenn mir da jemand ernstzunehmende Tipps gibt, oder, schau dir das so, da wenn ich das und das jetzt tue, dann hat's den. Natürlich sage ich da merci, das ist ja klar, ja, also, da werde ich, das sehe ich nicht als Backseaten. Wenn jemand mit jahrelanger Programmiererfahrung mir als Schulbuben, der im Prinzip eigentlich nichts anderes kann, wie ein bisschen im Frontend umeinander pimmeln, sagt, was da los ist, dann werde ich da zuhören und das ernst nehmen. Alphons mit Shotgun! Merci für 45 Monate und dein Resub. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Freunde der Sonne, hätten wir uns einmal vor Anfang an hergeguckt und hätten wir über NX geredet. Das Übliche nur mal kurz über NX. Das stimmt. Ich sag's, was ist, ich bin besessen davon. Das lässt mir keine Ruhe, wenn ich es nicht probiert habe. Ich muss. Und die Idee ist, bis zum 12.12. Also heute in 2 Wochen habe ich Zeit, die letzten Features so ein bisschen einzubauen und dann schalte ich es einfach live, weil es mir wurscht ist. Also dann sage ich offiziell im Stream so, jetzt los. Und ein Video mache ich noch keins, das mache ich nach der ersten Runde, wenn wir überhaupt so weit kommen. Aber dann kann es losgehen. Halt's euch bereit, die Bock haben, sagt eine Spätzin bereit, die Bescheid, die da vielleicht Bock drauf haben. Je mehr Leute das wir sind, desto besser. Und ja. Reicht's, wenn man Basic programmieren kann? Ich kann auch kein Basic programmieren. Jetzt gehen wir ins Bett. Freunde der Sonne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Ich habe keine Ahnung, ob auch nur einer aus dem Nachschau-Squad das heute bis zum Schluss der packt, weil das war heute ziemlich zäh, Marie. Ich glaube, mit Anno sind wir fertig. Da fürchte ich wieder, das wird mal wieder so ein typischer 6 Stunden Steam Library Schimmel Game, das ich so schnell nicht mehr angelangt. Weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Bitte pressen Sie Triple F für die Moderatoren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Danke für die... Haben wir mir neue Mitgliedschaften gehabt? Ich glaube schon. Eine haben wir mindestens gehabt. Merci für die neuen... Aber die war vor dem Stream schon. Merci für die neuen Mitgliedschaften. Merci für die Resubs. Merci für die Donations. Wir sehen uns am Sonntag um 14 Uhr. Da kommt der Jahresmerch. Das ist etwas, da steckt so viel Arbeit drin. Ja, nicht so viel wie in NX. Aber das ist die zweitmeiste Arbeit, die in Sachen steckt. Weh, ihr schaut euch nicht wenigstens das Video. Kruzifix. Oder sollen wir uns das Video vielleicht jetzt noch schnell anschauen? Was sagt sie da so dazu? Ich versuche die ganze Zeit Leute da zum Labern, dass wir da endlich unter 300 droppen. Unter 300 waren wir schon lange nicht mehr. Aber es ist ja Freitag für mich. Das haben wir noch jedes Jahr gemacht, oder? Weh. Bürger reagiert auf Bürger. Ich füge nur an, ausführlicher wahrscheinlich, was ich im Video nicht sage. Was ich mir denke. Obwohl, du machst ja das Gegenteil. Nein! So müssen wir so schauen.
weh. Jeder Einzelne da herin. Und das ist wirklich wichtig. Ihr seid ja immer nur da, weil ihr das gut findet, was ich da mache. Da brauche ich die Unterstützung. Ich brauche von allen 326 Leuten, die jetzt noch da sind, am Sonntag die Unterstützung, das Video anzuklicken und anzuschauen. Komplett, ohne Vorspulen und ohne Doppelspeed und so einen Scheiß. Video anschauen, Like-Button drauf smashen und für die Steffi in die Kommentare ein F hineinzusmashern. Unbedingt. Damit es der scheiß Community ausgeliefert wird. Weil meine Videos so in Grund und Boden gefickt sind, seitdem ich nur noch Streams mache, dass es ganz aus ist. Klar, schauen wir dann gleich nach dem neuen Podcast. Schiebt er deinen Podcast quer zwischen die Hupen. Den männlichen. Problem ist, das scheiß Video 17 Minuten dauert. Und wenn ich da drüber laufe, das ist 3 in der Früh. Ich weiß was, ich mache mir einfach aus. Es ist wie dann muss ich keine Premiere machen am Sonntag. Und ich schaue mir auch eine Chat-Reaktionen an. Machen wir das so. Ich mach das Mikrofon aus, ich mach die Kamera weg, ich schaue mir eine Chat-Reaktionen in Ruhe an und bin einfach fort. Sollen wir das machen? Das hört sich doch vernünftig an. Ha? Das Thema. Meine Damen und Herren, I proudly present to you. Ich halte einfach mein Maul. Habe die Ehre! Ich bin's, der Birger. Ja, es ist Zeit fürs alljährliche Ritual. Jahresmerch. Und darum muss Zeit, how to zeichnen. 2015. Bla bla, wie schnell kann ein Jahr vergehen? Bla bla, ich hab doch erst vor 2 Monaten gezeichnet, oder nicht? Bla bla bla. Ja, was es ist. Wie ihr alle wisst, normalerweise zeichnet der Chris, der Zeichner vom Trachtman, Motive für mich. Der kann das. Ich kann das nicht, aber egal, um das geht's auch nicht. Weil einmal im Jahr gaggelt ich selber umeinander, wie ein 4-Jähriger das erste Mal Wachsmalstifte geschenkt kriegt. Ja, und vielleicht auch frisst. Ja, aber soll ich machen, wenn Gelb so gut schmeckt? Alles, was das ganze Jahr passiert ist, soll wieder ein großes Wuselbild werden. Und den Prozess, den zeige ich euch heute. Ich meine, ich kann auch viel erzählen, dass ich das selber zeichne, darum filme ich einen Monitor dabei ab. Und anfangen durch in Phase 1. Grundkonzept und Skizzen. Letztes Jahr hat mir der Chris schon vorgewarnt und gesagt, Alter, wirst nächstes Jahr den 8er machst, das war's kein Sau, viel Spaß. Darum habe ich mir das ganze Jahr schon was ausdenkt. Aber halt, stopp! Das Gekrakel da ist das ja alles, was ich euch in Phase 1 zeige. Ich mache nämlich jetzt einen Fehler, habe ich gemerkt, dass ich euch das dreifache Motiv schon am Anfang vom Video zeige. Und darum überspringen wir das Grundkonzept ein bisschen und gehen sofort zu den einzelnen Skizzen. Aber, wie viel war das jetzt? Aber vorher bitte ich um eine Eskalation in die Kommentare für die liebe Steffi, die wirklich immer noch unerschütterlich und ohne Ausnahme in jedem Stream dabei ist, jedes noch so kleine Vorkommnis mitschreibt und mir am Ende einen Roman schickt, inklusive Screenshots und wann was wo passiert ist. Darum möchte ich unbedingt, dass du weißt, dass ohne dich dieses Motiv überhaupt nicht mehr möglich war, weil ich die Hälfte einfach vergessen hat. Steffi, vielen, vielen Dank. Und weil diese Phase im Video auch immer ein kleines Mini-Best-of vom ganzen Jahr ist, heute jetzt mal Dummgoschen erfahren. Was? Oh, lecker Gott, Aber jetzt wird... Ja, mach doch beim Maul. Gott, ich hupf selber. Ich muss jetzt selber hupfen heute. Ja, du musst dich von mir anspritzen lassen. Willst du Ketchup? Nein, Ketchup will Ich würde mich selbst essen, wenn ich könnte. So, schau mal, was passiert. So. Bruder, ich glaube, wir haben gerade Frauenspielzeug erfunden. Warum? Und los, bleib mir der Haupt oder den Maul. Dann zieh ich noch mal schon laut. Mein Spezialgebiet. Solange unser Trupp zusammenarbeitet, das hat richtig gut funktioniert, werden wir den Gipfel im Nu erreichen und ein SOS-Signal absetzen. In der Zwischenzeit werde ich die Gelegenheit nutzen, um meine berühmten Ratgeber um ein paar zusätzliche Zeit erweitern. Feldmeister Mürrer. Was soll jetzt das? Ich bin auf meine vollgeschwitzten Kniescheiben ausgerutscht, Alter, heute auf dein dummes Maul. So, und jetzt im 90-Grad-Winkel.
Im 90-Grad-Winkel muss hier irgendwo... Da ist! Haben wir schon lange nicht mehr probiert. Vorstand geht's, aber das Telefon! Klingt Erwin Müller. Finally! Da, Vorstand, du musst sagen, dein Mann stinkt. Erwin Müller. Warum kann da nicht einmal was haben? Wenn du 3-mal im Jahr gehst an das Telefon hin. 3-mal im Jahr. Kann da nicht einmal was Normales rauskommen? Wirklich nicht. Was soll ich sagen? Schau so! Wusste ich's doch. Mamma mia! Und ich hockt da und haut einfach Kegel zusammen! Zum Entsperren fischen. Halt doch dein Maul! Halt doch dein Maul! Halt doch, du musst Du musst da Ketchup machen! Halt doch dein Maul! Komm schon! Halt doch die Schnauze! Das ist doch ein Witz! Alles voll. Alter, wie gut ist das? 80% von diesen scheiß Horrorspielen. Nein. Alles klar, du kannst mich so am Arsch lecken. Fickt's euch, fickt das Spiel, fickt den scheiß Hurensohn-Monat, leck mich am Arsch. Das ist übrigens der Teil. Scheiß Fucking. Das ist übrigens der Teil dem Mal. Ich glaube, ich krieg eine Pfanne. Das ist übrigens der Teil, wo sie mal mit F-Wörter. Ach, geh Wie? Ich flieg im Furzflug? Magische Regenbogenfürze sind die besten Fürze. Ich tu mich wieder weg. Ich kann einen Regenbogen schwasseln. Ja. Hoppala, falscher Hörer. Ja. Ah, halt die fest, ich bin in 2 Minuten da. 2 Minuten. Ja, Hermann, ist gut, ich komm gleich. Das Ding grüßt dir, helf mir! Oh, ich hab was. Ja, ich hab's! No. Haben wir das verhalten? Ja, ich Ganz kurz, stopp. Kursela ist deswegen drin. Letztes Jahr ist der Landi genau nach dem Jahresmerch gekommen und letztes Jahr hat Kursela dann dadurch nicht mehr drauf geschafft. Darum hat es diesmal drauf müssen. Ich war Sauerstoffflaschen los. Was für... Sehr stark. Stark! Passiert ohne Hosen. Ich verstehe die Frage nicht. Was für Hosen, Alter? So, drehen wir uns direkt im Kreis. Können wir selber anschauen? Look at us. Look at us! We are amazing! Du jetzt mit deiner scheiß Werbung interessiert mich nicht! Und dann steht mittendrin einer, der Lil Lupan, mit Kuli besser rum. Es tut mir so leid. Aber trotzdem stell dir mal vor, es hat jetzt nichts mit dir zu tun. Es hat jetzt nichts mit dir zu tun. Aber stell dir vor, du gehst in Lebenshilfe um mich. Oh, du kannst drin. Ja, gut, ich bin besser. Oh, ist das geil, in den Kopf. Brauch ich. Das interessiert mich, was die Scheiße kostet. Ja, genau. Oh Gott, was passt denn da am besten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den da. Here I come. Here I come. 20 €, Alter. 20 €! Damit du als Vollidiot umeinander laufst, weil 70 € haben noch nicht gelangt. Das ist eh gekommen, das haben wir schon mal gesehen. Du jetzt einfach mit nix.
Ach, gefick dich! Ah, du Fotze, Alter, Kim, fick dich doch. Ich hasse es so abgrundtief, Alter. Was ist ein Blödschmerz? Haben Eulen Knie. Gelöst und erklärt. Ja, Eulen haben Knie. Aber dann habe ich noch eins. Das, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist ohne Scheiß. So schaut der Nocker die Eule aus. Halt dein Maul, wieso sagst du mir das nicht vorher, dass ich auf F leider suchen kann? Schau jetzt her! So! Du Vollidiot! Ich habe Taubenfähigkeit? Was? Was? Ziele mit? Ja? Und dann habe Hey, pal, let's fly! Gut, über die Gurrican. Was haben wir da gehabt? Messer! Messer und Zeig zum Zeigabstehen! Also mit. Oh, stimmt, bei den Schaufeln haben wir aber die guten. Was? Aber die guten. In Klammern dazu. So, machen wir eckige Klammern. 8 Stunden lang und irgendwo umeinander gurken. Da ist ein Viech. Da ist ein Viech auf meinem Mikrofon! Ja, Eule war Februar, März irgendwann. Creepy Tail. Und der Bum Simulator übrigens auch. Was ist das? Das ist irgendein komischer Stinkekäfer-Wanzendepp! Wieso gesagt, wann gibt's denn die im Winter? Wer immer da herunten meint, umeinander zum Gichteln müssen. Ich sag das jetzt einmal! Ich hab eine Schrotflinten! Sitzt da mein Streben, liegt da ein Besen am Boden. Du da feiter Stecker, merkst du das selber, oder? Die kann ich doch leider so nicht stehen lassen. Zeig doch mal, was du drauf hast. Gott, ich blute. Vollidiot, liegst gleich im Dreck. Hör auf. Gnade. Gnade? Du gehst nirgendwo hin, bis ich es dir sage. So sieht's aus. Verschone mich. Was krieg ich dafür? Es gibt kein Erbarmen. Ich lass dich jetzt von meinem Hund fressen, du Arschkind. Ja genau, das kannst du jetzt so ausdenken. So. Beißbefehl. Köter, bester Mann! Bester Mann am Platz! Da, loben! Lobet den Herrn! Ja, groben Ei. Genau, scheiß drauf und groben Ei. Was ist denn mit dir? Was soll denn das eigentlich sein? Ist das ein Angebot? Oder was? Wo bist du denn jetzt? Geh her jetzt da. Und loben muss sein. Es bleibt damit da! Wieso kann ich ihn eigentlich nicht von hinten loben? Bist mein Hund. Ja! Klasse! So, jetzt rennen wir die 2 Vollidioten noch schnell aus, was wir brauchen können, und dann geht's weiter. Die kannst du nicht, wenn mich da jemand anfängt, dann kann ich nicht. Was ah, das ist natürlich nicht alles, was ihr jetzt da seht. Ja? Aber, wenn ich fürs ganze Motiv alle kleinen Skizzen hab, platziere ich die am Schluss auf dem Grundkonzept, wo es halt hin sollen. Das ich euch das Jahr aber nicht gesagt, bevor ich fertig bin. Und darum gehen wir weiter in Phase 2. Inken. Damit ich nur mehr 20% besseres Beutel draus mache und meine Unfähigkeit so ein bisschen kompensiere damit, zeichne ich in aller Ruhe nochmal jeden einzelnen Skizzenstrich nach, bloß so möglichst sauber, wie es meine Fähigkeiten halt zulassen. Im Prinzip zeichne ich die Nummer, was ich schon 2-mal gezeichnet habe. Jedes Jahr denke ich mir da das Gleiche dabei, scheiß mir auf das Prozedere und überspring's, farbe einfach die roten Skizzen schwarz und fertig. Das gespannt sowieso keiner. Aber nein, es ist jedes Mal wirklich sehr faszinierend, wie viel das Nachziehen am Ende dann bringt. Da kann ich nochmal kleine Sachen korrigieren, Perspektiven, Schatten oder irgend sowas. Und dann schaut es halt nicht mehr ganz so aus, als jetzt ein 4-Jähriger zeichnet, sondern zumindest etwa, als hätte er gestern Schultüten mit Gummibärle gekriegt. Das ist ein sehr langwieriges dahinter, aber es hat sich noch jedes Mal sauber ausgezahlt. Irgendwo geht es auch nicht darum, dass ich der brutalste Zeichner der Welt bin. Das weiß ich selber, dass ich das nicht bin! Sondern, dass ich es eben selber zeichne. Wer tut das vom Rest schon? Im Zeichnen steht dann wieder, er war stets bemüht. Habe ich auch schon ein paar Mal gerne in meinem Leben und das hat noch überall hingelangt. Finalisieren tue ich das Motiv am Ende in Phase 3. Flatten und kolorieren.
Weiß noch nicht gelangt, dass wir die ganze Gaudi in diesem Mal irgendwas zwischen 100 und 120 Stunden ungefähr 4-mal gezeichnet haben, muss ich da jetzt auch noch irgendwie vorbei. Und nein, da langt's leider nicht, dass man einfach einen Zauberstab nimmt, markiert und die Fläche ausfüllt. Cut, Zwischeninfo aus dem realen Leben eines YouTubers. An der Stelle möchte ich euch kurz sagen, dass ich beim Anfangen zum Ausmoinen in meinem Profi-YouTuber-Dasein circa 3 Stunden lang den falschen Monitor gefilmt habe. Ja, mit Würstel. Nice. Okay, passt schon wieder. Diesmal mache ich eine Kleinigkeit anders. Ich lasse die geflatteten Farbflächen wie es sind und farbe das so ein, wie ich es haben möchte. Und dann hau ich einen Schatten. Ich habe zwar keine Ahnung davon, wie man Licht und Schatten zeichnet, aber der Wille ist da. Ein Schatten als 50% schwarz drüber. Ist einfach schneller und das Beste ist, dass es fürs farblose Motiv die zweite Motivversion ebenfalls hernehmen kann, ohne dass ich da was Extras drüber gageln muss. Was das am Ende ausmacht, ist absolut narrisch, selbst wenn kein Schatten wirklich so 100% richtig ist. Das Kolorieren ist auch noch mal ein sehr langes Gewurstel, das eigentlich nie endet, weil ich nie zufrieden bin und das Ding als fertig ansehe. Aber wenn meine Zeit dann irgendwann einmal ausgeht, weil es fertig werden muss, gibt nach Stunden von Blut, Schweiß, Tränen und von gepeinigten Gichtbratzen Folgendes dabei raus. Ladies and Gentlemen, I proudly present to you Ich glaube, das darf diesmal das detaillierteste und umfangreichste Motiv sein, seit wir das machen. Im Großen und Ganzen waren Kingdom Come Deliverance 2 und Chronos meine Highlights des Jahres anspielen, darum schaut das ganze Grundmotiv nach denen 2 halt einfach auch aus. Das ist mitunter der nächste Grund, warum ich euch das nicht von Anfang an gezeigt habe. Verstehst? Friends of the Sun, zum Schluss jetzt aber noch Folgendes. Ja, weiß ich schon, die inflationäre Dankeschön-Sagerei ist mir wurscht. Meine Damen und Herren, ich ziehe zum 8. Mal in Folge meinen imaginären Hut und bedanke mich für Ihre rege Teilnahme an meinem Blödsinn. Egal, ob du mit 100 umeinander wirst, 15 Mitgliedschaften hast, der stille Zuschauer und Lurker bist oder sogar noch zu faul bist, auf den Like-Button zum Smashen. Im Ernst, vielen, vielen Dank für alles. Doch die da! Die Danksagung, die kennt sich dann, was ist denn hinter mir passiert? Ich habe einen Greenscreen auf Zeigen schon. Nee, so wurscht. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Das ist ein bisschen überbelichtet, ja. Dafür ist der Rest ein bisschen unterbelichtet. Passt schon so. Weiß ich schon. Ist mir scheißegal. Es hat noch niemanden interessiert. Meine Videos haben schon immer ausgeschaut wie und der Ton war noch viel schlechter. Es hat nie jemanden interessiert. Interessiert mich halt nicht. Was hast du zum Zeichnen benutzt? Ein Canvas. Ja, genau. Huion Canvas 20. Da steht's. Kann ich da jetzt hinterfilmen, noch nicht, da schaut's aus wie Sau. Nee, es ist so ein großes Zeichentablet ungefähr. Das haben wir vor 3 Jahren gekauft. Zuerst habe ich auf dem Tablet einfach zeichnen. Und ich brüte mir schon immer ein Zeichentablet ein. Und Hardware- und Software-technisch zeichnen tue ich mit Krita, kolorieren tue ich mit Photoshop und Hardware-technisch Zeichentablet. 3B Bleistift, absolutes Pro-Merging vom Chef. Wo ist denn das 2018er, 2019 Motiv eigentlich? Was soll das sein? Das findest du genauso im Shop wie alle anderen auch immer noch normal. Also ich hab's nicht außer da zumindest. Du kannst einen schönen Vergleich anstellen, wenn man 2019, das 2018er Motiv hat es so gesehen gar nicht gegeben. Das waren alle How-To-Thumbnails auf einem Poster drauf. Das war so die erste Grundidee. Zeichnen tue ich erst seit 2019. Servus, was habe ich alles verpasst? Freunde, wir haben so viel geredet und so viel, ich weiß das eben. Es ist 11:30, jetzt gehen wir ins Bett. Mehr als 20 Monate Resub. Herr Ruckermann, immer gern. Hä? Das immer gern verstehe ich gerade nicht, das war während des Videos. Verstehe ich nicht. Merci leid. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Nochmal, wehe, ihr schaut euch das am Sonntag nicht nochmal an. Wehe, da gingen 300-400 Views ab. Hau euch noch gerade Arsch. Fix. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Ja, Kim jetzt nicht, die ist hinter meinem Greenscreen, egal. Ich hoffe, es gefällt. Es war mir ein Fest. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag. Ab Sonntag ist dann auch online. Vielen Dank vorab an jeden, der sich so ein Ding genehmigt. Bitte einmal im Jahr schreie die, kauf meinen Scheiß. Einmal im Jahr. Tu es. Tu es. Macht's meinen Job kaputt. Sehr gut. Lassi schreibt, da ich dieses Jahr deine Streams so gut wie alle im Nachschau-Squad gesehen habe, Langeweile auf Arbeit und so, wird der Jahresmerch unbedingt gekauft. Herr Lassi, das freut mich sehr. Das freut mich sehr.
Und beim Jahresmerch habe ich auch kein schlechtes Gewissen nicht. Da steckt so viel Zeit drin. Da habe ich ausnahmsweise kein schlechtes Gewissen. Eigentlich war es heuer zweimal im Jahr. Was denn? Wo habe ich das zweite Mal geschrien? Gut, dann kriegst du ein Artbook, mit dem habe ich nicht viel zum Tor. Da habe ich übrigens nichts davon. Das ist ganz furchtbar wichtig. Die Unterschriften, Chingy, die Karten, die hat alle er gemacht, das ist sein Ding. Er hat mich bloß gefragt, ob er darf, und ich habe gesagt, ja. Ich krieg da nichts davon, nichts, aber natürlich zeige ich das her. Gut, das Horrormotiv, ja gut, stimmt. Aber ja. Mir passt das auch nicht so ganz, dass das Horrormotiv immer so nah am Jahresmerch dran ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hätte es gern verteilt. Auch. So im März 1 und im Dezember 1. So dass es mir am besten ist. Wann kommt das denn, Herr Iron Sky? Da ich nichts damit zum tun habe, weiß ich das leider nicht. Aber der Chris hat gesagt, am erste Woche Dezember geht's raus. Also nächste Woche wahrscheinlich. Schaut den Hoodie schon seit Jahren immer unterm Christbaum rein. Das freut mich sehr, Basti. Das freut mich sehr. Also immer gern war aufs Danger im Video. Achso. Ja, das kapier. Ich kapiere es halt so schon nicht. Wenn ich vor 10 Sekunden vorher über was geredet habe, dann kommt 30 Sekunden später ein Resub, wo was drinsteht. So, was ist darüber gegangen? Herr Rucker, merci. Nichts zu. Ihr sagt es zu mir nicht, merci. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Dann dachten wir halt den Horror-März noch dazu. Nein, übertreiben wir es einmal mit Horrorspielen nicht. Na, um Gottes Willen, macht ihr einfach Werbung. Scheißt euch nicht an. War es halt 3-mal. Nein, 3-mal war es nicht. 2-mal. 2-mal. Sonst verkaufe ich euch eh nichts. Ich hätte euch schon 100. Ich kann euch in jedem Stream mit Holy Scheiße auf den Sack gehen. Oder mit dem Ralf Schumacher da neben mir hinsitzen. Und fragen, möchtest wissen, was der Scheißkorn wert ist. Dafür gibt es halt sowas da nicht. Ich glaube, das ist auszuhalten. So, jetzt haben wir länger nicht auch noch gespielt, als auch noch gespielt in Stream. Sehr gut. Ja, ich bin leicht abgerutscht in mein Spiel. Wie gesagt, ich bin besessen, ich kann es nicht ändern. Und ich gebe erst der Ruhe, wenn ich merke, wenn du noch mit 1000 Stunden Arbeit einsteckst, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser. Hilft nicht. Das hätte ich vor 20 Jahren machen müssen. Egal. Willst du wissen, wie viel dein Annex-Account wert ist? So, jetzt schleicht sich aber. Freunde der Sonne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Liken, danke für die Donations, danke für die Mitgliedschaften und Resubs. Kuss auf die News, Triple F, Moderatorin, Quadruple, Ultra F, Steffi, aber die ist schon eine Zeit nicht mehr da, glaube ich. Hauen Sie sich hinein, wir sehen uns am Sonntag im Video und spätestens dann am Montag mit Dispatch und nächsten Mittwoch spielen wir Anmann fertig. Und nächsten Freitag sehen wir uns nicht. Ja, jeden Freitag gibt es nur, Freitagsstreams gibt es nur alle 2 Wochen. Und heute in 2 Wochen, glaube ich, sehen wir uns dann schon mit Path of Exile 2. Da geht Season 3 los. Da bin ich natürlich, bin ich da drin. Da kann es dann passieren, dass wir wieder so einen Stream durchzocken bis um 12 Uhr und der dann so vergeht. Wir werden sehen. Druide kommt raus, wird sicher gut. So, schleichen wir uns davon. Ich wünsche euch was. Gute Nacht. Habe! Das muss klar. So. Und kriegt der Sprengi ist halt da, kriegt der Beitel, nein, weil du am Mittwoch nicht da warst. Na, kriegst du kein Beitel, mach ich so. Sehen wir uns am Sonntag, habe ich die Ehre.